Jo, Madame Branke, jo, an den Herr Costa, jo, wir sind en nombre, wir können also Gemengero aufhängen. Und da ging es für dich den Séance non public ausrufen. Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. So, dann kommen wir zu der Frage. Wie gesagt, eine erste Frage ist die vom Herrn Benoit über den Affichage kulturell und assoziativ. Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Boemeester. Ich hatte vor ein paar Jahren, nämlich 2024, eine kleine Frage darüber gestaltet. Du hast notamment Colonne Morris gegangen und du hast mir gesagt, dass da am Gang wird, Niveau mit der Verwaltung zu gucken, wie da kennt E-Rideren an de Quartien installieren, für do notamment den Affichage kulturell zu machen, respektiv die Reklame von den Quartiers, Assoziationen, aber dann wahrscheinlich auch andere Informationen von der Stadt. Und das soll dann ein Pilotprojekt an den zwei größten Quartieren passieren. Gut, da sind wir 2 Jahre spät, schon bis noch kein Pilotprojekt gesehen. Und dafür lässt man erst vorzustellen, wo die Umsetzung von diesem Pilotprojekt, was also Digitalisierung, digital E-Rideren angeht, wo wir da drin sind, wie man gerade auch den Affichage kulturell ausgesagt, wie der Kalender für die konkrete Umsetzung davon ist, auch an einer längerfristiger Perspektive, weil das Pilotprojekt, der ändert das dann noch, wie auch an den anderen Quartieren ausgesagt, wir haben immer 2 Quartieren, an wie dort zusammen ganz konkret mit den lokalen, aber auch mit den kulturellen Assoziationen sollte ausgesehen. Gut, ich wollte trotzdem aber auf den Affichage kulturell mehr global rumkommen. Colonne Morrison hat trotzdem ganz viele Stärken, auch einen kulturellen und auch eine ästhetische Valeur an dem Espace public, notamment, weil das immer Fische geht, die voilà, auch einen ästhetischen Charakter haben, auch einen artistischen Charakter haben. Und ganz viele Städte, ich denke nur Paris, aber auch an der Schweiz zum Beispiel, gesagt in der noch ganz viel, und die sind eigentlich auch ein Plus-Value über ihren
ihre kulturellen, aber auch ihren sozialen Rolle in Verbindung mit dem Espace-Public. Dafür wollte ich dann einfach fragen, ob das auch zum Teil als ein Perd, aber auch gesehen, ein kulturell Perd, ein ästhetisch Perd, dann auch ein symbolisch Perd am öffentlichen Raum. Und ob da eine Idee hätte oder vielleicht, ich könnte vorstellen, so etwas in Zukunft darum anzufeiern, eben gerade für nach eine mehr Visibilität der Kultur zu gehen. Vielmals merci. Merci, Herr Benoit. Ich meine, das ist ganz richtig. Es war so, dass man 24, dass die auch schon 24 darauf hingewiesen hat. Und ich auch darauf geantwortet. Und wir haben auch 24 angefangen, mit einem Projekt auszuschaffen, am Kader von einem Marché négocié, wo als ein Hauptpartner den Post war, wo darauf geschafft ging, für wen wir gingen wollen, etwas machen, für effektiv besondersten Assoziationen aus den Quartieren eine bessere Visibilität können zu gehen. Leider mussten an Bornen, und wir hatten festgehalten, wo wir das gingen, und das war Projekt Pilot genannt, wir hatten noch festgehalten, wo wir das gingen machen, an eben den großen Quartier, wo wir eben noch die meisten Assoziationen haben, zu Boneweg, Lambertsburg, zu Gasbrüch, hier auf dem Knödler, auch ein Ekran bannen am Biergercenter. So, das ist da, wo dort geschafft ging, und natürlich für auch Cahier des Charges auszuschaffen. Was soll das sein oder was wird es sein? Ich komme dann auf die Schwierigkeiten. Was wird es sein? Es sollten also Informationen vor allem über die Quartier sein. Wird natürlich aber auch die Mobilität, Bussen, wo in Bussen Avenue kriegt, dann Chantien, die am Quartier sind, Restaurants an der Agenda von eben den Manifestationen, die an dem Quartier sind, an eben einfach groß Neuigkeiten, News, die für jeden Verein interessant sind. Darüber ist also geschafft gehen. Supporten sind noch am Anfang schon gekauft, die gehen nicht schon mehr wie angefangen, wie das soll da funktionieren, wie es sich aber herausgestellt hat, dass das nicht gut funktioniert wird. Und das wird also müssten, der Kontrakt müssten resiliert gehen. Post hat nämlich das mit einem Zutretung gemacht, ich gehe noch nicht den Namen, weil ich will ja nicht über die Mosse Leute schüdigen. Das hat damit nicht geklappt. Wir schaffen lo mit einer neuer, wir schaffen mit denen, die am Anfang auch den City-App machen, apart, schaffen wir zusammen. Und wir gehen davon aus, dass das für Oktober des Jahres soll richtig gut funktionieren. Kommen wir aber auf Frau von für drunten zurück, Kolonne Maurice. Was waren dort Kritiken? Es waren da echt nicht viel. Die da waren, das war kommerziell. Ich habe noch vergessen, einen ganz wichtigen Punkt zu unterstreichen. Alles das, was wir hier an diesem Projekt Pilot, das ist nichts Kommerzielles. Nichts Kommerzielles. Und eben just, das war Kritik, die bei den Morris-Kolonne war, das war ganz kommerziell, das wurde auch richtig teuer gekostet. Es tut, enfin richtig teuer, das können wir darüber schwätzen, wie für wen richtig teuer ist oder nur ein bisschen teuer. Es war eben nicht teuer für viel, die sogar aus dem Ausland darauf Publizität gemacht wird. Für Ramneville, für Träger, für schon, nee. Für Sachen, wo die Leute dann aber erstaunt waren, dass für diese Sachen Publizität gemacht, aber das wird richtig teuer gekostet. Und dann haben wir gefunden, dass das am Anfang aber nicht den Zweck ging von dem Affichage kulturell, wie meine Stiere gesehen haben, mir auch für besondere Assoziationen, dass das dem nicht ging entsprechen, weil die kleinen Assoziationen, die konnten da gar nicht mitmachen. Was tun wir heute für die, die wirklich wollen, mit Geld ausgehen für Publizitäten, da haben wir den Deko. Also den Deko, den Abribussen. An den Abribussen, da sind ja die Publizitäten, an die kaufen den oder eben noch nicht. Bei Deko, an mir kriegen wir auch einen Teil sogar nach davon von der Rüm. Dafür haben wir das abgehalten und haben uns auf den Weg gemacht für das neue System. Und wenn den da funktioniert, dann ich hoffe nicht so viel wie dir, dann wird den wirklich
für die Assoziationen, auch für an den Quartieren wirklich dafür sorgen, dass Leute noch besser, wissen, wer dann hier im Quartier las ist. Voilà. Da kommen wir bei einer nächsten Frage, auch nach vom Herrn Benoit, über die Souveränität et Résilience numérique de la Ville de Luxembourg. Herr Benoit. Ja, merci, Madame Boemeester. Bon, mit der Digitalisation ist natürlich so, dass auch die Staat, gerade wie Verwaltungen, immens darauf angewiesen sind, sich digital aufzustellen. Und dafür brauchen sie natürlich auch viele Firmen, die sie unterstützen. Und man stellt natürlich sich ganz viel froh, mit wem man dort zusammen schafft. Und da gibt es notamment auch ganz viele amerikanische Firmen, ja, an die allein natürlich auch der amerikanischen Legislation anstellt ihnen fest, dass dafür ganz viel steht, eben sich immer mehr probieren, unabhängig zu machen, eben gerade für Donnerien anständig zu protegieren, und noch institutionell Resilienz, sie nennen Stadt Lommel so, schon ich ein paar Beispiele aufgezählt, München, Berlin, Barcelona, Amsterdam, aber auch Kopenhagen, die sich wirklich richtig Strategien gehen haben, für unabhängig zu sein, notamment auch von amerikanischen Firmen, weil es da immer mehr Kontradiktionen gehen, respektive, dass sich mit dem europäischen Recht beißt, aber weil sie einfach sicher wollen sind, dass sie die Mission von einem Service Public, die wirklich unabhängig ist, als sicher ist, können garantieren. Es geht notamment den US Cloud Act, den den amerikanischen Autoritäten Möglichkeit gibt, auf Donnerien zurückzugreifen von den amerikanischen Firmen an. Das kann sogar so weit auch natürlich gehen, dass die Zugang haben auf Donnerien, die stockiert sind auf dem Territorium von der Europäischen Union an. Beißt sich natürlich ein bisschen auch mit dem RGPD Reglement an. Gerade vom Hintergrund von den geopolitischen Tensionen, die man haben, respektive den Handelskonflikten, und das stellt sich dann natürlich von froh, wie eine Administration sich aufstellt, und gerade Stadt Lützeburg, weil eine große Administration ist, sollte gut aufpassen, dass sie wirklich unabhängig ist, was das angeht. Dafür meine Frohen, wie gesagt, das Haut aus, AW-Fern schafft Stadt Lützeburg mit Logiciellen, respektive Clouden, nutzt sie die von amerikanischen Fournisseuren, da gibt es eine ganze Reihe Firmen, wie ich es nennen, Microsoft zum Beispiel, und ich weiß, dass eine SharePoint-Mänglisch über den Fournisseur da lebt. Weil das eigentlich der generelle Kostenpunkt, den Stadt Lützeburg für Lizenzen ausgeht, und wie gesagt, das par rapport zu den einzelnen Fournisseuren aus, wie gehen die rausgesichert, da Marché konkurrenziell, was sind die Laufzeiten, die es gehen, geht das automatisch weiter, oder sind das Einzelkontrakte, die da gemacht gehen. Wie passt Stadt Lützeburg gerade auf, dass die Donnerien diese Hund, werden natürlich administrativ Donnerien sind, weil auch Donnerien sind, die ganz sensibel sind, notamment was Personal angeht, aber auch was Bürger angeht, wie garantiert, dass Bürger dass die Donnerien alle gut geschützt sind, notamment par rapport zu ausländischen Legislationen, und ich hatte schon auf die amerikanische gewiesen, wo man wirklich gesehen, dass gerade Leute zu haben, wo man wirklich müssen gut aufpassen, dass man da sicher sind. Gouf da auch oder gëtt eng intern Analyse gemacht, fir gerade op die dote Probleme zu analyseieren, für dass man do gut opgestalt sinn. An wie gesagt, dat ganz aus wat die verschiedene Backuppen ugeht, de man hunn. Analysiert der Schafferrot fir do Alternativsolutionen zu hunn, sie wird lo iwwer europäisch Fournisseuren oder iwwer Open Source. Und voilà, war das generell eben eher Analyse von der ganzen Frage von numerischer Souveränität respektive Resilienz. Was geht will er machen à court terme, was à moyen terme, für das man dort als Staat sicher aufgestellt sind. Merci. Merci auch, Herr Goldschmidt. Merci, Madame Boemeester. Merci auch Herr Benoit für die ganz interessante, aber auch ganz komplexe technische Frage über die numerische Resilienz und Risiken. Mit froher Weise aber, wie das gestaltet wird, wie wichtig das ist, dass ich heute ein paar Antworten geben, für das aber nicht so ausgesagt, wie wenn hier an der Stadt oder auch hier am Land generell nicht an dem Domain gemerkt wird. Das weißt du, dass da einer steht als Beispiel holt, ne, wenn da schon allein das Budget holt, wie viel Millionen man all Jahr an die Informatik steht, dass er nicht für zu Fenster rausrein, dass es effektiv ja ist so gut abzustellen an allen Domänen, für das die über 4.000 Leute am Alltag gut können schaffen.
Mir geht es spezifisch lo aber Sicherheit, Resilienz. Und da muss man auch natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen Bürotics, so ein Applikationen, wie das auch genannt wird, von Microsoft alles an alle Serveren, Datenzentren, die wir betreiben, also Applikationen, die wir developieren intern. Als ein informatisches Service wird haut über 80 Leute schaffen, und wir brauchen noch Leute für eben genau die dote Risiken, die mir auch gesehen, die auch das Service gesagt, für sich da noch besser aufzustellen, auch was Sicherheit nur geht, nicht mehr, was aus Amerika kennt, wir auch, was von Leuten kennt man mit schlechten Intentionen, und dafür wird auch dieser Chefrat schon einen Akkord gehen, für das eben das Service abgestockt wird mit Personal. Die hat spezifisch, hängt man da mal an, über den Cloud Act geschwärzt von 2018, wo ja, die Amerikaner einfach so, wir hätten alles, was von amerikanischen Firmen zwischen an der Welt installiert wird oder über die Server, da hätten wir gerne alle Tonnen, die wir wollen, an, egal auf welchem Land da installiert sind. Du hast natürlich Europa nicht so froh, und du gehst auch Urteiler, 2 Urteiler, Schrems 1, da Schrems 2, wo das ganz klar so, dass das nicht geht. Dafür sind wir haut ein gut Stückchen mehr weit, dass wir ein Data Privacy Framework und das ist aber nicht, dass dafür Männer Donnen an Amerika gehen oder sonst inzwischen. Mit geht aber permanent geguckt, dass eben so man wie möglich Donnen nicht RGPD-konform rüberkommen. Muss ich wissen, dass die Demonten oder Paar als Lastgang wennst, wo die Amerikaner so wennst Enquete, Penalkriminalität, Terrorismus, Fraud, dann auch Cyberkriminalität, und dass du dafür gerne den Achse überall hätten, nicht nur an der Stadt, aber überall an der Welt. Ne? Und dafür auch die Demonten, die aber natürlich zu weit gehen. Laut Analyse schätzen wir, dass über 20 bis 25.000 Demonte pro Halbjahr oder bald 50.000 Demonte pro Jahr wollen schon automatisiert kommen, wo man aber nicht im Detail was da genau gefragt wird. Was wichtig ist für die Gemeinde zu sagen, dass man außer was Teams angeht, an SharePoint, dass alte Applikationen in-house developiert sind, respektive von europäischen Firmen kommen, dass aus eben Teams an SharePoint auch die Daten all op lokale Serveren von der Gemeinde sind, an dass dadurch das Risiko, dass dadurch von der Seite nicht lokal über DW an Amerika gehen oder bei anderen Plätzen, was Team so geht, an SharePoint, da ist es klar, dass Richtlinien festgelöst gehen, wer den da darf machen als Mitarbeiter, wie ein Fischchen da dürfen gedeelt gehen, was aber auch relativ kompliziert ist, wie weit den Dato enkadriert. Outlook zum Beispiel ist nicht an der Cloud, ne? Das ist auf unseren eigenen Serveren. Das ist ein bisschen, was den Dowolle angeht zu den Applikationen, die wir benutzen. Wie gesagt, die meisten Applikationen, die wir hier an der Stadt benutzen, gehen vom Service TIC selber developiert oder mit europäischen Notieren, wenn das zum Beispiel Gestion von der Population ist, Etat Civil, Gestion vom Personal, Kontabilitätsprogramm schaffen wir auch mit europäischen Firmen zusammen. Über die Detail-Budgetsposten kann ich noch nicht so, ich meine, die sieht am Budget selber, wie viele Millionen es sind. Und auch aus sicherheitsrelevanten Aspekten will man nicht alle einzelnen Logiciel oder Lizenz, die man bezahlen, können wir die auch an dem Sinne nicht ablöschen. Die hat aber gesagt, haben wir schon als Gemeinde eine Analyse gemacht. Erstens einmal gibt es eine Cellule de Crise, die wir schon damals wie die Pandemie en Platz gesetzt haben. Wir haben noch einen externen Assessment machen gelassen, wo wir
eben op die Resilienz der ganzen Tick Teste gelossen, wo man do solo 100 kritisch, manner kritisch Punkten opgelöscht tun. Und do schaffen man natürlich Lodrunner für die alle Gurten geleist zu kriegen, für das man noch besser durchstehen. Aber das kann aber auch zum Beispiel sein, physisch Achsen an Gebäude, wie ist das organisiert, wie geht ran raus, an, wo gehen die Donnen hin. Das sind also mehr softe Punkte, wie auch mehr seriös, und da wird natürlich drunter geschafft. Die hat geschwärzt, dass einer steht, eben gucken, nicht mehr mit europäischen Solutionen schaffen. Das probieren wir natürlich auch mit, gehen aber verschiedene Domänen, wo das leider nicht möglich ist. Und da muss man dann eben gucken, so gut wie möglich aufzusichern. Und wenn ich einen anderen Punkt so, ich gebe mal behaupten, alle Computer, die wir benutzen oder de Gros, also entweder Hardware aus Amerika oder aus China, Chippen alle Guten, die überall da dran sind, die kommen entweder aus Amerika oder aus China. Das heißt, das Ganze ist nicht so einfach für die 100% Sicherheit zu tun, oder dass wir 100% sicher können sagen, dass die einen oder die anderen sich an alle Gesetze halten, da keine Donnerien weitergehen. Ich kann nicht versichern, dass die Stadt Letzteburg alles möchte für so resilient und so sicher zu sein, wie es nicht mehr geht, und auch nicht scheint, Budget an den Grab zu holen, für eben da, wo es nötig ist, nach die nötigen Moyens en Platz zu setzen. So nicht, merci. Merci vielmals auch, Herr Goldschmidt, für all die Informationen. Und da kommen wir bei einer Frage von der Madame Brümmel über die Fête des Voisins. Madame Brümmel. Ja, vielmals merci für das Wort, Madame Bourgeoismeister. Das ist schon ein paar Wochen hier, du hast ein Zirkulär vom Familienminister rausgegangen, die über die Fête des Voisins, also Nuppischfest 2026, informiert wird. Das sollte am 22. Mai des Jahres sein. Und die Zirkulär informiert eben auch darüber, dass Partizipation von Lo und gratis wird an Koordination von der AStI überholgt, weil sich die Assoziation ALPS abgelesen wird, die das dann für Trun organisiert wird. Die Stadt ist ja auch schon seit einer Reihe Jahren engagiert, für den Vivre Ensemble über das Nuppischfest zu promovieren und halt auch dann dort Teil. Das ist aber so, dass just für den offiziellen Tag von der Fête des Voisins, also den 22. Mai für das Jahr, Möglichkeit da für die Nachbarschaften, für bei der Gemeinde eine Unterstützung zu kriegen, an dem sie Banken an Döschen zur Verfügung gestellt kriegen. Und das heißt natürlich dann auch, dass Nachbarschaften, die aus was für Ursachen noch immer, meistens also denken Disponibilität, weil Vakanz ist oder weil Meteo am Mai bis die variabel ist, dezidieren hier nur fest vielleicht nicht den Tag dort zu machen, nämlich spät am Jahr. Und das Nachbarschaften können dann nicht auf den Service von der Gemeinde zurückgreifen. Sie können natürlich auch Banken an sich lohnen, aber den Amount müssen sie bezahlen, was am Kader von der Fête des Voisins nicht der Fall ist. Ich hätte aber auch ein paar andere allgemein Fragen zum Nachbarfest. Und du willst die halten als echt. War das ein Changement, den durch die Organisation, die Koordination von der AStI für die Fête des Voisins ergibt? Einerseits, was Service von der Gemeinde angeht, aber eben auch, was Bürger und Bürgerinnen betrifft. Wird ein Schöfferrot nicht aber envisagieren für die Unterstützung in Form von Banken an Döschen außerhalb von der Fête des Voisins an einem raisonnablen Kader zu garantieren. Möchte ein Schöfferrot ein Bilan von den Editionen, die schon stattfanden, an der Informationen darüber, wie viel Nuppischfeste dann stattfanden, was für Kartien, und auch ob viel der Feste eine spezielle Autorisation frohen, weil sie an einem Park zum Beispiel stattfinden oder weil ein Stroß gespart soll sein. Und dann wollte ich noch wissen, inwiefern den Schöfferrot und Staat
Möglichkeit haben für den mehr umweltbewussten, das mehr umweltbewusst Verhalten für so Fester zu promovieren und zu unterstützen, also dass Männer auffällt, dass mehr Recyclage gemacht wird, weil Biologien ja immer die Rotpubellen zur Verfügung gestellt und täuscht mich doch nicht, die Rotpubel ist alles dran. Du wennst, da wollte ich fragen, ob es nicht eine Idee wäre, für zusammen mit der Umweltkommission und vielleicht auch mit der Vivre Ensemble zu gucken, ob nicht der Preis ausläuft für so ein Umweltengagement am Kader vom Nopperfest also zu machen und Leute dort zu encouragieren, für dann mehr umweltbewusst hier Feier zu machen. Merci vielmals. Merci, Madame Kahn. Ja, vielmals merci. Merci auch für die Frau. Und merci auch für die Reklame, die da dann direkt um der Mat für das Nachbarschaftsfest. Ich denke, dass Nachbarschaftsfest am Anfang etwas am Alltag ganz wichtig ist. Das ist nicht immer am Jahr wichtig, aber das am Anfang Alltag oder am Quartier immer nicht wichtig. Wir merken das für alle, man wisst das doch am meisten Tierlieu den Abgang, dass das am Anfang ein Nachbarschaftsfest ganz Jahr, weil du Nachbarn sich wirklich begegnen aus dem Quartier, sich auch kennenlernen und wirklich zusammenfinden. Und dafür meine ich, dass das eine extrem flotte Initiative, die ja schon eine Reihe Jahre gibt. Aber wir sollten nicht dabei stehen bleiben. Natürlich unterstützen wir als Stadt Lützeburg Nachbarschaftsfest auch weiter. Und wir machen auch weiter Reklam dafür, dass ein Service IBS, den du die Flyern ausdeelt, also Karte Invitation könnt ihr kriegen, wenn ihr wollt, Gadget, Barrieren, die wir dann den Partizipanten zur Verfügung stellen. Mit das alles was Banken ist, weil das eng von der Frau waren an Dëcher, die gehen nicht außerhalb von dem Weekend zur Verfügung gestellt. Mit das ist dann effektiv der Weekend, wo das Nachbarschaftsfest dann organisiert wird, wo wir die zur Verfügung stellen. Dann möchten IBS auch immer ein Bilan von den Fêtes de Voisin. Da haben 2025 war 36 der Fêten organisiert an 18 Quartieren. Und der Gewinner ist Bonewig mit 9 am Ganzen. An 2024 waren 70 Fêten, die organisiert waren an 21 Quartieren. Und da war der Gewinner Bonewig. Voilà, mit 10 am Ganzen. Das heißt, das ist effektiv nach Sputnowe. Wir machen aber den nächsten Constat wie dir, Madame Brümmel, das nächste Vakanz-Weekend, dann da sind aber effektiv viele Leute fort. Für allem, wenn ich von Experten schwätze, dann so, die sind dann aber ganz gerne sowieso mal das Weekend fort. Aber dafür meine ich als Raison de plus, dass wir uns mehr gehen, für zu gucken, für das zu diversifizieren, auch so Nachbarschaftsfeste, für die Leute zu unterstützen, für Initiativen zu holen. Und so Initiativen, gesehen wir, wenn sie bottom-up kommen von den Leuten, da funktioniert das ganz gut, wie zum Beispiel die Initiative Zenz. Da kann ich auch so, dass du quasi all der Nachbarschaftsfest, dass sie organisieren so viel mit den Nachbarn, die sich begegnen. Du kannst am Essen an Trinken gehen, wie das bei den Nachbarschaftsfesten. Kann aber auch Walken gehen oder Yoga, Sprachkursen. Also du lebt schon ganz viel Zenz. Und das ist eine Initiative, die wirklich bottom-up kommt und die ist wirklich Zenz intern, das nicht mehr für die Leute, die Zenz wohnen, und das wird auch organisiert von den Leuten, die Zenz wohnen. Du sagst ihnen, dass das wirklich gut funktioniert an einem Quartier, weil Leute sich zusammenfinden und Sachen organisieren. Die hat auch noch ein paar Fragen gestellt, was laut die Umweltmaßnahmen angeht. Da ist es so, dass gratis natürlich unsere Expertise zur Verfügung gestellt wird, sowohl vom Service Hygiène, Fête et Marché, wie auch vom Délégué à l'Environnement. Da sind ganz Fische mit Rekommandationen, wie ein Eco-Responsable kann umgehen. Das ist ein Délégué à l'Environnement, den die ausgeschafft hat, zum Beispiel die Bänder, von denen ich geschwärzt und die sind reutilisabel. Nur im Nachbarschaftsfest sind die nicht gesammelt. Das Service Hygiene kümmert sich darum, für die dann nicht proper zu machen, für dass wir sie das Jahr nicht können, dem Moment ausdehnen. Und dann hat auch gefragt, ob nicht zählt, einen Konkurs vielleicht envisagieren. Das ist natürlich eine interessante Piste. Wir privilegieren am Moment, dass die Leute sollen den staatlichen Label Green Events eben applizieren.
An den Delegé à l'Environnement, der guckt aber im Moment noch Pisten für die Organisateuren nach mehr zu sensibilisieren, nach vielleicht auch die zu valorisieren, die eco-responsabel do handeln. Und da können den da wirklich auch die Einzelbürger, die da wirklich Efforte machen, nach ein wirklich mit einem Preis vielleicht auch lösen. Das geht ein bisschen in die Richtung, wie dir gefragt hat. Du hast den Delegé à l'Environnement am Gangen eben etwas auszuschaffen und zu gucken, wie ihn das noch mehr kann machen. Ich erinnere aber auch ein bisschen darauf, für all die, die das heute live gucken oder auch nicht live, dass man auf unserem Internet sieht, natürlich auch alle Mesuren stehen haben, wie kann eco-responsabel etwas organisieren, zum Beispiel, wenn ihr Bächeren hat, die es reutilisieren kann, dann muss ich noch ein bisschen so die Mobilität, das ist natürlich besser, kann den man will zu Fuß oder man Bus, wie man in den Auto hält. Als Trinkwasser, als exzellent, das heißt, kann ihn dadurch ganz gut trinken. Und so weiter und so fort. Und also, da gibt es ganz viele Broschüren, die könnt ihr auch downloaden auf unserem Internet-Site, für das da eco-responsabel Nachbarschaftsfest und nicht nur mit Nachbarschaftsfest dann organisieren könnt. Merci. Merci auch. Und ich meine, wir bleiben dann direkt bei der Madame Brümmel und bei der Madame Kahn für über die Kontrolle von unserem Logement insalubre zu schwätzen. Madame Brümmel. Ja, merci danke für das Wort. Gouf eine Question parlementaire Nummer 3342 und an der Antwort darüber, also bei einer Etude vom Observatoire de l'Habitat verwiesen ging, nur der 400 Adressen, mehr wie 400 Adressen, die verschiedene Formen von Wohnen beinhaltet, Gebiet von der Stadt Lützeburg identifiziert werden. Und an denen dann do in der Sicht der Kartieren waren 41 Adressen von Kaffeen, die von goufen an 29 Adressen, die katalogisiert goufen als Café-Immeuble lokativ, die so funktionieren, dass es am Anfang ein Haus oder ein Gebäude ist, was an Appartementen oder an Zimmern abgedeelt ist. Das ist natürlich dabei gesagt, dass es kein kompletten Inventär wären, also die 400, das ist ein Richtzahl. Da gibt es das Gesetz vom 20. Dezember 2019, wo seht, dass Zimmer, die zur Lokation gehen, die müssen der Gemeinde deklariert gehen. An Gemeinde ist dann zuständig, für dafür zu gucken, dann nur zu gucken, dass die Kriterien von der Salubrität, von der Hygiene, von der Sicherheit und von der Bewohnbarkeit auch respektiert gehen. An dem Kontext habe ich 6 Fragen und ich wollte wissen, wie hoch Stadt Lützeburg die 12 von den Zimmern, die so verlohnt gehen, auf ihrem Territoire erschätzt, wie viel der Deklarationen von Zimmern, die an die Lokation gehen, Gemeinde an den Jahren 23, 24 und 25 krut. Was für Informationen hat Stadt Lützeburg für die Konformität par rapport zu den gesetzlichen Dispositionen, eben Salubrität und so weiter, nachzuvollziehen? Wie viel von denen Plätzen sind an den letzten 3 Jahren kontrolliert gehen? Was waren Beobachtungen konstant? Dann wollte ich wissen, ob den Schöfferrot auch der Meinung ist, dass es wichtig ist, zu wissen, was für Typen von Logement man haben, für eben den Kontrolle von der Salubrität überhaupt machen zu können, und was der Schöfferrot möchte, respektive die Gemeinde möchte, für dass man ein besser Vue d'ensemble kriegen von der Verteilung von den verschiedenen Typen von Logement, die man hier an der Stadt eben tun. An eine Lastfrage, die ist die andere Perspektive vielleicht noch mal beinhaltet, was für Mesuren gehen en place gesagt von der Stadt für einerseits die Lokatären an die Sous-Lokatären, an noch am Anfang die verlohnen, über hier Pflichten, aber eben für allem über hier Rechte zu informieren, für das sie nicht an einen Fall fallen, just weil sie natürlich auf das Logement angewiesen sind. So, ich will uns merci für die Antwort. Merci auch, Madame Kahn. Ja, vielmals merci. Ich fange da vielleicht direkt an, weil ich meine, die Konklusion von Ihrer Frage war schon ganz richtig. Das ist so kompliziert, weil die Leute sind auf ihre Logement angewiesen und nicht mehr spät wie im Dezember, hat man der Milch noch geantwortet, ob
eng ähnlich froh diese Gestalt huet mat den Logement, mat de Chambre meubléen, die man ha an der Stadt tun. Wie fir op frohen sind, wat mir estimieren, dass man 443 Logementer hunn, die exploitiert gin in der Form vun Zimmeren. Das ein Schiffer, den basiert op offizielle Deklarationen, die man eben iwwer den Formulär de Deklaration rakrit tun vun de Proprietären oder den Exploitanten. Dann direkt dort ein klein Parenthese. Et gëtt den ënnerscheet zwischen eng Proprietär an engem Exploitant. Auch dat mischt sagt natürlich net mir einfach, weil ganz dacks eben eng Zulokation do stattfindt. Dat heißt, den Proprietär, den verlohnt den Exploitant, dat kann zum Beispiel eng Brauerei sinn, an déi zuloiert dann die Zimmeren iwwer dem Bistro. Wir sind aber do an engem der Direktion an eng ganz gute Kontakt mat den verschiedene Brauereien, an do gi noch ganz große Efforte gemacht fir die Zimmeren do ze renovieren an wirklich besser zu gestalten. Die hat gefrot 2023, 2024, 2025, da konnte man 59 Immeubles deklariert, 35 Kontrollen sind gemacht gehen, am konnte 77 Immeubles als Reklamation, und da sind 27 Kontrollen gemacht. Wie wird bei den Kontrollen festgestellt, wann Defizienzen festgestellt gehen, dax gibt es keine Autorisation oder das nicht groß genug, das ist sur was so soll, die muss sein, das nicht gehen, oder das kein Kischen do oder nicht mal ein Accès zu einer Kischen. Dann dax sind Sicherheitskriterien nicht respektiert, zum Beispiel als kein Extincteur, kein Detekteur de Fumée, kein Compartimentage, Desenfumage, kein zweiten Evakuationsfee. Dann gibt es doch dax kein Lokal, wo in sein Wäsch kann drüschen. An die elektrische ist auch ganz prekär. Das sind nur die Hauptpunkte, die dann festgestellt gehen. Darauf sind Kriterien den Proprietär oder den Exploitant einen Brief von uns, dass er sich konform setzen muss. Und da kommt es bei Ihrem Schluss, wo wir aber ganz tricky ist, weil die Leute die sind auf ihre Logement angewiesen und ihr wisst, dass man zwar ganz viele Logementer, Chambre meublées haben als Stadt Lützeburg, aber sie sind aber alle besetzt. Aber wenn sie besetzt ist, dann gibt es noch so sehr nicht mehr frei. Das heißt, wir haben am Anfang den Weg privilegiert, für zusammen mit den Proprietären von den Gebäuden zu gucken, für dass sie das nicht erstand setzen und dass die Chambre meublées dann auch an einem guten Zustand sind. Ich meine, dass das ist, was wir sollten machen. Dann ja, das ist wichtig für uns, dass wir wissen, wie ein Typ de Logement das, wenn wir kontrollieren. Zum Beispiel muss man wissen, dass zum Beispiel Maison unifamiliale, die dann umgebaut gehen an viele Unitäten, es gibt aber auch Airbnb zum Beispiel. Wir kontrollieren mal für allem mit Planstimmen, die wir haben, par rapport zu dem, was wir dann noch an Wirklichkeit gesehen. Den Poli an de CGDs die gin do net mat wann man Kontrolle machen, allerdings as wer de Service Urbanisme vun der Stadt Lützeburg immer dobei an ich kann ich do och nimmen und herz lehen enkeier, wann dat noch net gemacht und die Serie zu gucken, die gemacht gin as iwwer de Service Logement, die sind einfach begleet gin vun engem Team mat enger Kamera an du gesäit den Bisselche wéiet am Alldag bei hinnen ass, dat sind just Beispieler, mir waren net responsabel weder fir de Schnitt nach fir de Film, mir waren just d'accord, dass man suiviert gin vun dem Filmteam. Dat heißt, du gesäit schon relativ frisch schwéiet an der Realität doch so ass. Voilà, ich meine schon, ob Frohen geantwortet, all die man nicht gemeldet kriegen, die kennen man natürlich nicht unbedingt, mehr als Service Logement, aber du ganz eifrig dabei, auch Kontrollen zu machen, immer nächste Proprietären zu schreiben, für das all die Zimmeren, die es gehen, auch Kaffeeszimmeren, dass die so en Etat gesagt gehen, dass es in Dignement auch da wohnen kann. So, merci. Ich meine, das wirklich alles gesagt. Ja. Just eng froh, weil ich nur den 3 Jahre gefrot hat, die 50, also die 35 Kontrollen, das an den 3 Jahren. Von Immeubles, ne? Ja. Das sind nicht Zimmern, da sind die Schiffe nicht, die kann ich aber noch rechnen. Das sind Immeubles, die kontrolliert werden. Da können auch mal viel Sinn der Zimmern. Okay,
Das war schon mehr wie 4:03. Wir kommen also zum Schluss. Und ich ging dafür als Letztes eine Frage holen, die den Herr Weidig nach dem Morgen als urgent froh gestaltet wird. Und wie das ein gewissen, vielleicht ein bisschen, ging es dem Herr Weidig gehen. Und ich werde dann so klar wie ich nicht mehr kann darauf antworten. Merci, Madame Bourgmeister. Heute Morgen war ein Artikel am Essentiel, wo Drastung der 14-jährige Mädchen zu Bonnewig überfallen als an der do eine ganze Gruppe von anderen Jugendlichen involviert war. Beim Tageblatt steht dran, es wäre jung gewesen. Ich weiß noch nicht genau, was das ich wollte für vorstellen, erstens, was wisst ihr vom Fall, zweitens, sind ihr schon nach einer Fall bekannt, was etwas Ähnliches passiert, als mir hatte auch den Mord oder Totschlag von all dem Jugendlichen am Zentrum für Bonnewig. Was wirst du irgendwas über den Täterprofil, wenn die sind? Drittens, was für Maßnahmen hält Stadt Lützeburg gegen Attacken ob Jugendliche erfeiertens, was für Ratschläge hoe die Madame Bourgmeister und ältere für Jugendlichen für Kanner für einen so Angriff zu schützen. Merci. Merci. Ich habe die Frau geholt, weil ich muss sagen, ich war ein bisschen aber verblüfft, wie ich die Moje krut, weil die Frau da Sachen, wo ihr aber als ein gewählter Volksvertreter darüber müsst wissen, dass da Sachen fragt, die aber auf keinen Fall, eben wieder ich nach Gemengen, nach irgendeinem von uns, irgendwie die Donnerien kann kriegen. Die Frau da wen so geklot, aber um Gottes Willen, wir sind nicht Police Judiciaire, wir sind nicht Police, aber wir sind noch nicht Gericht. Dafür war ich schon so ungefähr, können das da mal ganz klar zu stellen. Dat natürlich de Vierfall Leiit opgericht hat das klar an dat wat ich wees, dat wees hitveren oder wat hitvre vun ich könnt wissen, an dat seht schon viel aus, das wat an dem Kommuniqué vom Parquet vun de Moien steht. Und da steht aber schon ein ganz Reihe Sachen dran. Da steht dran, dat het Viktim eng Mineur war von 14 Jahren, an dat diese Ugegraf von auch Minere waren zwischen 13 und 17 Jahren, die schenkt engem Gruppe Konu gingen ugreifen. Ich lese nicht, das war am Kommuniqué. Weil mehr weiß ich natürlich nicht, aber mehr darf ich auch nicht, kann ich auch nicht wissen. Wir wissen nicht, wen die sind. Aber das, was hier dran steht, das ist aber natürlich von einer partikulären Gravität. Und das sieht der Parquet selber. Weil die Jungleute, also die Mineren, die haben sich selber gefilmt, während sie das gemacht haben. Das heißt, an den Parquet seht, ich wiederhole, ich lese nicht das für, il ressort de l'enquête que les faits ont été filmés par les auteurs eux-mêmes. Ces enregistrements saisis ont été réalisés dans une optique de mise en scène et de valorisation des actes commis, pouvant s'apparenter à une forme de Trophäe. Das ist also wirklich von einer partikulären Gravität, was hier geschieht ist. Und dafür, also hier geht die Polizei vielleicht am Anfang, da war mir das direkt und Police und der Service von der Police Judiciaire weitergegeben, wo 12 Enquêteurs spezialisiert darauf schaffen. Und ich meine, das natürlich zu hoffen, dass so schnell wie möglich die Klarheit an eben auch die nötigen Sanktionen oder Maßnahmen geholt gehen, die bei so etwas, so einer graver violenter Attacke nötig sind. Ich will aber auch dabei sagen, dass wir als Schäferrot aber auch gewillt sind, eben an den Park Kaltkreis
eng Société de Gardiennagen, die für den Park schaffen, die am großen Park, also an dem Staater Park, den wir da einen Kontrakt tun, dass wir die auch auf den Kaltreis werden ersetzen, weil nicht mehr spät wie de Moien, als auch eng Madame von Boneweg bei mich kommen, für sich zu bekloen, dass eben overes do, und natürlich wird wieder mich schäget, wird die Gefahr natürlich, enfin die Gefahr, weil die Situation sich mehr oft steht, dass du mit exzessiver Musik bis spät an den Abend Leute zu summen sind, an denen natürlich die Leute, die vis-à-vis wohnen, hier Nutzrau werden sterben. Steuern. Das ist alles, was ich heute so kann sagen. Und nach ein Jahr, das, was da geschieht, ist ganz schlimm. Und ich hoffe, dass Justiz und Police, die hier, wie gesagt, mit einem großen Ansatz enquetieren, ganz schnell werden daran Licht an die Affäre bringen. So, damit hätten wir den Punkt von unserem Ordre du Jour aufgeschlossen. Wir kommen dabei den nächsten Punkt. Ich sehe mein Ordre du Jour. Und das ist der Punkt 5, Zirkulation. Wen will dazu schwätzen? Den Herr Benoit und den Herr Boissante. Ja. Ja. Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Boimeister. Ich hätte eng froh zu Reglementer, die da uns heute zum Wort stellt. Da geht es, und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, die ganzen Dispositionen, wo es um Schubberfeuer geht. Du hast die letzten Jahre den Weg für Zyklisten, respektive Fußgänger, du sind zum Teil als Dachterbahn drauf gestaltet gehen. Wir wollten dann einfach klar sagen, dass wir mengen auf einer so zentralen Konnexion, das ist wichtig, dass die auch während der Schubberfeuer proper funktioniert, für das Leute vom Lampertsberg können auf die Velospiste gehen. Und dafür wollten wir euch fragen, ob ihr uns da könnt Garantie geben, dass das auch die Wege, die nicht terribel groß ist, wir schwätzen von einem Weg von 2 Meter breit, dass du garantiert hast, dass du kein Achterbahn oder sonst etwas draufsteht, für das die Lampertsberger auch anständig können, zu Fuß, am Velo, auf dem Tramsarree gehen, respektive Richtung Stadt oder Kirchbirch. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird man die Dispositionen in normalem Fall nicht können stimmen. Ich meine, just für zu sagen, wir hatten die heutigen Diskussion auch ein paar Mal, wo es darum gegangen ist, der Christmarkt auf der Pariser Platz. Und du hast eine Solution gefunden, die ganz gut ist, an die wir noch mitgedroht haben. Das ist gesagt, nicht wert, dass auf der heutigen Platz nicht auch so ein Kind fanden. Wir geben auf jeden Fall appellieren, dass den Mobilitätsschaffen gucken, eine Solution zu finden, die auch gut wäre für die Mobilität dus. Die da ja auch immer wollt, unterstützen. In dem Kontext wollte ich eben dann auch frohen, die hat uns 8 itinerär Veloen präsentiert, die da wollt umsetzen. Und dafür wollte ich frohen, wie du mit dem Timing ausgesetzt. Wie können wir uns da erwarten, dass du etwas umgesetzt wird? Das gibt uns natürlich interessieren, dass das sehr wie möglich passiert, aber wenn ich das richtig bis zum Matt kriege, hast du eigentlich noch kein Timing genannt. Dafür wollte ich mal fragen, wie du ein Timing ausgesagt. Dann eine nächste Frage, die ich hatte, dass die hat am Anfang annonciert, dass an der Quartier gibt Verkehrsberuhigungen machen, du hast Bel Air, zu Hollerich, zu Merel, Lampersberg etwas passiert. Aber lo gleich gëtt et ball Joer mengg dats neich mir präsentéiert ginn. Ich hat eigentlich gemengt, dat schon am Hirschgi fir Boneweg abs präsentéiert ginn. Du immer mittlerweile fréier gleich an du hast neich präsentéiert kind Dich do wolltech froen und du klein Update kenten kreien, net dats der egentwie Motivationun vun Echt du gebremst, dats no den 3 echten Erfahrungen, die du gemacht huet, menggen dem nach wie vor, dats den größte Mont gedeste Quartier fir Verkehrsberuhigungen ze machen. Dann eng lächt froh, et war een Reportage op RTL, wo der GTRs gegangen ist, notamment Kirchbirch, aber auch an der Avenue Monterey. Gut, da könnte man natürlich so nicht beim RGTR zu dienen. Ich so, dass aber Mobilität die an der Stadt ist und dafür meine ich, dass die ganz wichtig ist, dass die RGTR-Arenen ordentlich und anständig organisiert sind und dass die Leute so best wie möglich
gut wie möglich ihre Bus fahren, wenn man natürlich ein Interieur das Leute auch mal am RGTR gerne an den Staat kommen. Und dafür wollte ich fragen, inwiefern da mit dem Staat der Busservice respektive andere Service auch da Kontakt sitzt oder Kontakt geholt mit der nationalen Autorität, für zu gucken, die zwei Plätze, respektive andere Plätze, wo die RGTR kommen, besser zu organisieren am Interieur dat von den Leuten, die an den Staat kommen, respektive aus der Stadt aus unserem Heim kommen. Vielmals merci. Merci auch, Herr Boissante. Merci vielmals für die Wort. Für uns fänken natürlich die üblichen Punkte, wo Interdiktionen für die Fußgänger enthalten wir schon die verschiedenen Artikel weitergeschickt per E-Mail. Wir hatten noch ein paar Punkte par rapport zu den Resolutionen für justement die ganze Organisation von der Mobilität rund um de Glassi für die Schulbefauer. Und natürlich sind wir mit unseren Kollegen von den Grünen ganz verstanden, dass die Schulbefauer eine ganz flotte Manifestation ist, aber es soll auch kein Kompromiss sein für die Sicherheit und für die Accessibilität von Fußgängern und von Cyklisten rund um den Lampersberg. Natürlich, wir können verstehen, dass ob ganz pünktlich Plätzen Ausnahmen muss gemacht gehen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ganz viel ugeschwert gehen ab drei Phänomene, die kommen während die 4,5 Wochen und noch die Woche 4 an Donau, wo die Schulbefauer aufgebaut wird, pardon. Ganz viel Zirkulation, viel mehr Trafik, viel mehr auch Fußgänger do an denen Quartieren. Die pure Velosphäre, die es gibt Lampersberg, sind nicht unbedingt an der Nucht ganz gut belicht und definiert. Die Leute, die kennen die Quartier nicht richtig gut. Da können auf verschiedene Plätzen wie an der Avenue Pasteur zu verschiedenen Presseaccidenten, die mir reportiert kruten, an auch an den Park, rund um den Park. Ich meine, da müsste mir als die Frage stellen, wie können wir eine bessere Belichtung und eine bessere Signalisation abrichten an den 5 Wochen, wo die Schulbefauer da abgerichtet wird. An einen anderen Punkt, auch zu den verschiedenen Zonen, die dann soumise à un avertissement taxé für die Non-Residents. Da konnte man auch gesagt, dass natürlich wir wollen nicht unbedingt die Leute alle den allem am Auto zu kommen, weil wir ganz viele verschiedene Mittel für die Schulbefauer zu kommen. Aber die Leute, die am Auto kommen, sehen nicht unbedingt, dass die Zonen taxiert Zonen sind und da müssen sie auf den Eurodateur gehen. Das heißt, ich meine, das mehr für eine bessere Signalisation und ich meine, mit einer besseren Signalisation verstehen die Leute, dass es etwas kostet, sich dort am Auto zu kommen und dass wir entlasten dann die Quartier, wir invitieren und laden sie an, einer Wehr auf anderen Plätzen zu parken, wie wirklich an den Residenzkartien vom Lampersberg. Ich meine, die Leute von dem Quartier freuen dadurch. Vielmals merci für Ihre Antwort. Merci auch. Merci, Madame Bourgmeister. Merci den Herren Benoît Boissante für Ihre Fragen und Suggestionen, Remarken. Das schenken mit der Schulbefauer an. Ich muss leider die geringe Fraktion dann enttäuschen. Wir können das nicht versprechen, dafür können wir das dann auch nicht mit stimmen. Ich meine, die Frage ist dieselbe wie das letzte Jahr, wie das viertletzte Jahr. Und meine Antwort ist auch nicht immer dieselbe. Wir haben auf einem kleinen Teil do Velo à la main, weil die Platz nicht durchgeht. Und wie ich auch die Jahre vorher oder schon öfters gesagt tun, wie demals den Tram kommen, also wie die Itinerären da kommen sind, dass genau eine minimale Größe festgehalten gehen, die da ist nicht erlaubt, bei der Kehr vom Tram auch nach eine Velospiste anzuzeichnen, die Möglichkeiten, und das hat auch letztes Jahr gesagt, wer am Straßenraum, also auf der anderen Seite vom Tram neben den Containern, eine zusätzliche Bunne für den Individualverkehr, respektive auch den Bus und all die Gefähre, die du musst fahren, zu kondamnieren, sodass ich noch immer bei der Position bleibe, wie wir es auch die Jahre vorher hatten, dass wir erwarten oder hoffen, dass die Velosphäre, verstehst du mich schon, und da eben auf den 50 bis 100 Meter auch die Velo mit der Hand können holen. Generell muss ich sagen, dass wir als Stadt Lützeburg über die letzten Jahre und noch als Nobisch Gemeinde rundherum extrem viele Efforte gemacht haben, für Männer motorisierten Trafik auf der Glasse zu kriegen, indem dass wir
Bussen, sowohl von den opisch Gemengen, die mat Busnerwetten op eng Schöber vorkommen, wie auch städtisch Bussen, die de normale Reese hunn, wo auch eng Partylinien op Schöber vorkommen, aber auch die Extralinien, die vom Bouillon zum Beispiel op Vorkommen kommen, an die extrem gut benutzt gin. Dann haben wir auch seit Jahren schon eben Parking Payant für den Robert kommen Lampersbiersch, wo auch an dem Sinn gut funktioniert, weil man viel Männer Verkehr Lampersbiersch feststellen, wird natürlich mehr viel höheren von den Lampersbierger begräßt geht, dass schon die Vorher du hast man das Männer Verkehr zu den Spitzenstunden du hast an do Signalisationsdefiziter sollte sinn, dann gewär froh, wann der man kein schriftlich Matteln oder dem Service, die aber immer probieren für alle so zu machen, dass die Leute se Spell net können ieren an quasi drüber fallen, dass se do overes Peier ass wann se ewer mengen, sie misisten mam Auto do hinfuhren. Wat Belichtung ugeht, vielleicht oder der auch den oder andere Punkt, wo der fand dass Belichtung net stark genug ass. Wie gesagt, mir hullen dat gerne mat, gibt man wann der nach pur präzise Elemente hut, wann net ginchte Service net enke mat se Staat vor an alles wat rundrümme geschieht enke genau gucken, ob Signalisation die richtig ass an ob eventuell die eng oder die eine Amelioration bei der Belichtung auch nach Kind gemerk gin. Ne Bennoer huet auch nach iwwer die Velocitinerären sech froh wie nie dat lo könnt, wie man die Annonce gemacht und hummer gesot, d'Umsetzung soll dëst Jo an next Joer sinn. Ich hoffe, mir hoffen am Chefrot, dass das so schnell wie möglich geht. Service Hulo Exekutionspläne ausgeschafft, die dann das Zirkulation, das geht dann bei der Foirie, die das noch umsetzen, dann dem noch immer dem externe, da muss man gucken, wie ein Monat und sich handelt, ob du muss ausgeschrieben, geht nicht ausgeschrieben. Und wir hoffen, dass so schnell wie möglich die oder die eine Umsetzung aufhängt. Ich will auch so parallel zu denen sind aber nach anderen Plätzen, wo wir Situation für die Velosfahrer wollen verbessern. Da sind da auch die aus dem Rapport rauskommen. Also das Jahr, next Jahr, und das nicht, dass die alle zusammen aufhängen, aber auf fur et à mesure, wo die jeweiligen Plätze prät sind, respektive wo Disponibilitäten do sie fir déi an mat Entreprise können gemerk ze gin. Dann huet auch zurecht gefrot, wie gesagt, mat der Kartisberoungen aus. Also mir am Chefrot keng Angst fir du weiters mehr, weil natürlich wann den etwas Neues möchte, dann huet den am Anfang méi sommer Kritiken oder Remarke, weil fir Leiit etwas Neues ass. Me lo no enger gewëssener Zeit as Eichter der dann bis Positives ëmgeschwungen, dats die Meeschtleit zufriede sinn, weil se noch dodro gewinnt sinn. Mir am Chefrot werde lo op die lächt Konklusionen, dats man vielleicht die eng oder die Äner sagt nach muss an den jeweilsche Kartien ändern, weil net alles perfekt schmengen wir gucken dat lo zerjustieren an da werd man auch mat weitere Kartie kommen, wann man do die Pläne hun so wie mir als dat firstelle, wie en dat soll an engem Pilotprojekt auch weiterfahren. Dann hat feierte Punkte iwwer Bussen, schon ich merke, dass den noch uschwz. Ich will aber ha enke klar soen. Ha geht het net den städtische Busreso wie irrtümlicherweise verschiedene Medien dat überholgin ass, dass grad net de städtischen Busreso den erfrostalt as an den extrem gut funktioniert. Ich meine mir hunn Probleme mam nationalen Busreso, wo de hier Areen hunn. Da déicht wo Reportage, wo eben Kirchbiersch, wo Wupp bei der Luxexpo, wo net immer klar wär oder wo en ziemlichen Durchschnee wär, wo die Busse gi verstohlen, an net genug Platz, an das geféierlich ass. Lo se weitere Punkt effektiv haut beikommt, dat das d'Avenue Monterey, das Bussen do durch Schnee stehen 4 Hannen, die wisst Position von der Stadt Lützeburg an Schmengen, die wo nach immer so das Ziel muss sein,
dass die Bussen op gar Peripherike kommen an dass de städtischen FVL-Reso so gut muss sein, dass die Leute kann eben op die Plätze bringen, weil man nicht packen, die hunderte Bussen zusätzlich wirklich am Hyperzentrum zu parken und zu tun, dass sie nicht nur regulär Linien, das sind auch Linien, die an sich nicht verloren haben, weil sie eine Pause machen. Und ihr könnt euch gut erinnern, dass lo geschwinder pur Momente Chantier am Boulevard Prince Henri ugeht. Und das genau, wenn ihr den Boulevard Prince Henri hält von der Maritaires Robert Montre in Deel, wo ganz, ganz viel nichtstädtische Bussen rumfahren. Und ja, ich bestätige, wir sind in Kontakt mit den RGTS-Linien, also mit der Organisation, und müssen gucken, dass wir das mit ihnen zusammen besser hinkriegen, für das so man wie möglich Bussen hinfahren. Stand haut, dass kein gar Peripherik nach vier gesehen für die Bussen rauszuziehen. Mehr Term muss aber generell überall so sein, wo es möglich ist, Linien außerhalb von der Stadt aufzubauen, an das Leute mit dem städtischen Bus oder mit dem Tram auf die Plätze kommen und von dort aus weiterfahren. Das gibt der Fluidität generell für den öffentlichen Transport und auch überhaupt am öffentlichen Raum extrem viele helfen. So eine Schmerz für den Laufstrom. Voilà, merci auch, Herr Goldschmidt. Und da stelle ich für dich die Punkte zum Wort für die sozialistische Fraktion uns angekündigt wird. Sie gingen sich enthalten. Wen ist dann aber mit denen all d'accord? Wen ist dagegen, wen enthält sich? Merci. Und dann all die anderen. Sind wir da damit d'accord? Wen ist d'accord? Merci. Ich frage nach ein Kehr, mit all den anderen, und da sind die von der Schöpferfauer natürlich dran. Voilà, dafür, nach ein Kehr. Wen ist mit all den anderen d'accord? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit ist das so überall. Merci. Also mir sind just nicht mit denen von der Schubberfahrt d'accord. Ja, das habe ich Ja, schon aber gesagt. nee, du gesagt, all die anderen, und du sind die von der Schubberfahrt auch mit dran. Nee. Ja, wir haben nicht richtig verstanden. Okay, Ihr seht mit all den anderen, außer mit denen von der Schöpferfauer. okay. Ja, Wir so fünf, wird das richtig genau. abgeschrieben. So wird das richtig abgeschrieben, weil so Ich weiß nicht mehr, wann das hier bei. Ja. Ja, wie es gesagt ist. Da können wir es nachdenken, für wenn es Ehren für ihn nicht klar genug ist. Den ersten Wort ist klar. Wen ist mit all den Decisionen d'accord, außer mit denen von der Schöpferfauer? Voilà. Wen ist mit denen d'accord, auch mit der Schöpferfauer? Voilà. Wen enthält sich bei denen? Voilà. Merci. Merci. Das brauchst du nicht verkaufen. Ne? Gut. So, da kommen wir bei dem nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour. Und das sind Konventionen. Und da machen wir es so, wie wir das immer machen. Für dich frage ich, wer will zu wer schwätzen? Ich fange den Herr Jun, Herr Philippa. Nummer 2. Ja, dann Konstantini. 4 und 8. Dann Madame Brümmel. 8, wenn es klifft. Ja. Madame Branca. 2, 5, 6 et 7, s'il vous plaît. Oula. 2, 5, 6 et 7. En sachant, s'il vous plaît, que le 5, 6 et 7, ça sera juste une intervention. Une, d'accord. Oui. Une ensemble. Ensemble, c'est ça. Merci. En daarna, Boissante, Herr Boissante, ja. Madame Milchen. Nummer? Nee, Madame Milchen, die hat Nummer 2. Ja, Madame Milchen hält für mich die 5, 6, 7 an den 8, weil ich muss leider Gottes Echter gehen.
Ja, aber da müsste man da Milch nicht. Ja. Ja. Also, weil wir schwätzen heute nicht per Prokuration. Also, ich schreibe mit Madame Milchen auf für 2, und dann 4, nee. Kann man ein gesagt, Madame Milchen schwätzt für Nummer 2, und dann 5, 6, 7, und 8. Madame Bürgermeister, wenn ich Kind als echt schwätze, wäre ich schon nach do, wenn ich mir das erleben darf zu sagen. Bon, 4 Runden, ja, nee, man muss nach der Reihe noch fahren. Ne? Geht ja vielleicht schnell, weil für die Nummer 2, für die Runden schüssen 2 an der 4. Bon, allez, Nummer 2, Herr Philippe. Hi, Madame Bürgermeister. Liebe alle Götten, ich will ein paar Worte sagen zu dem Beil zwischen der Stadt Lützeburg und der Association HQLX SPL, durch den diese Association ein Teil vom Gebäude von der Freierer Pompierskaserne auf der Erler Straße zur Verfügung gestellt wird. Es geht um ein ganz kleines Beil von 120 € symbolische Wert und sich mit dem Projekt als aber für als Staat ganz wichtig. Weil dieses Projekt schreibt sich an eine klare Ambition von der Stadt heran, für die kulturelle Landschaft nachhaltig weiterzuentwickeln. Das Projekt basiert auf einem Genre von Tiers-Lieux kulturell, initiiert vom Service de la Coordination culturelle zusammen mit dem Service Bien. Es handelt sich bei HQLX um ein ganz rezente ASPL, die ihr Statut in der 4. Juli letztes Jahr deposiert wird. Dafür ist es interessant, ein Kehr anzugehen, was das für den Quartier und für die Stadt bedeutet. Die Assoziation hat sich zum Ziel gesetzt, artistische und kulturelle Praktiken mit einer reflektierenden Ausrichtung zu fördern, zu unterstützen und zu vernetzen. Das ist ein engagierter Akteur am lokalen wie auch am urbanen Raum, der Platz für Begegnung, Forschung und Austausch von Wissen unterstützt. Die Assoziation hier Approche visiert Sozialdynamiken, interkulturell Zusammenleben und institutionell Zusammenarbeit. Sie ist aktiv an den Bereichen Architektur, zeitgenössische Kunst, Performance und Musik. Dabei legt sie besonderen Wert auf eine transeuropäische Vernetzung am Sinn von Integration und sozialer Kohäsion. Zu ihren Aufgaben gehören Gestion und Programmation von einem Kulturraum mit einem breiten Spektrum auf Formate wie Ausstellungen, Konzerte, Live-Spektakeln, Projektionen, Residenzen, Atelier, Konferenzen, Debatten und Kommunikationsevents sowie die Realisation von externen Produktionen. Zusätzlich setzt die Assoziation auf die Schaffung von Residenten Arbeitsgruppen, an denen engagierte Membres gemeinsam an der Konzeption und der Umsetzung von gemeinsamen kooperativ orientierte Formate schaffen. Eine Charakteristik ist auch bestehend oder unbenutzt Raum zu benutzen. Zum Beispiel Eidelstund Gebäier, wie das in diesem Fall ist, oder freier industriell Sitten für ihnen eine neue Funktion am Dienst von der Allgemeinheit zu gehen. Die Assoziation plant hier eine vielfältige Programmation mit einem Kaffee für Raum, auch für Austausch und Geselligkeit zu schaffen. Hier Statute so ist der klar, was alles an der Erler Pompierskaserne wird geschehen. Die Ambition vom Schafferrot für das technische Raum kulturell zu nutzen, schreibt sich an dem amerikanischen Staatsforscher Richard Florida seine Erkenntnisse für Quartier zu entwickeln. Der Richard Florida vertritt die Meinung, dass Künstler verlose Quartier nicht leben gehen, eine Identität zu schaffen. Das Sicht basiert auf seiner Theorie, nur der Künstler an ihr Beitrag zur Kultur und Technologie steht allgemeine bereichern und wirtschaftlich wie auch Sozialdynamik fördern. De Florida argumentiert, dass Künstler an ihren Projekten nicht nur kulturelle Diversität stärken, sondern auch zur wirtschaftlichen Entwicklung und zu sozialer Kohäsion an der Stadt allgemeine beitragen können. Die Nutzung von der Kaserne schreibt sich damit komplett an die Überlegung zu der Entwicklung vom zukünftigen Wohnquartier Stadt an. Mit ugerecht auf das Idee aber auch von Bürger während den Aperitur am Quartier. Auch das Syndikat des Intérêts Locaux von Merle-Belair unterstützt das Entwicklungsidee, die konkret weist, wie ob Bürger Terrain gelauscht wird. Für die Bestehenden an der neuen Quartier ist es wichtig, eine partizipativ und inklusiv Kultur zu fördern, die verschiedene Publiken erreicht, erleidet aktiv und Kreativprozesse mit Abend an Zusammenarbeit und Interdisziplinarität zwischen Künstler, Assoziationen, Institutionen und Akteuren zu unterstützen. So geht es zu einem Laboratoire für neue Formen von Kreation und Zusammenleben.
Zusätzlich reagiert dieses Projekt aber auch auf den Mangel auf flexiblem Raum für Kreation, Experimentation und Zusammenarbeit als Ergänzung zu den bestehenden kulturellen Strukturen. Dieses Projekt ist ein dritter kultureller Lieu, der vom Service Koordination Kulturelle mit wichtigen Partnern wie dem Casino Luxemburg, der Stadt Lützeburg, der Universität Kulturelle League unterstützt wird. Das ist ein Pilotprojekt mit einem innovativen Konzept, für den wahrscheinlich kaum einer Kandidaten mit vergleichbaren Programmen gibt, für den Sitz von der Ala Caser, ob das man näher zu beleben. Für die Beneficer von HQLX, also SBL, auszuschließen, müssen alle Tarife für Servicer für den Ruf vom Pilotagekomitee unter der Leitung vom Service Koordination kulturell validiert gehen. Der Loyer bleibt unverändert, weil ein kulturellen oder sozialen Loyer mit einem kommerziellen ja nicht vergleichbar ist. Wenn es nach architektonischen Restriktionen vom Gebäude konnten in der nächsten und zweiten Stock nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, die Evakuationswehr hätten das nicht erlaubt, und dafür wäre wichtig, also der wichtige Kompartimentage wichtig gewesen, für mindestens der Rez-de-Chaussee so sicher zu machen. Programmation zählt darauf für Anwohner, Studenten, Künstler und Institutionen mit hybriden Formaten zusammenzubringen. An dem Projekt wird auch vom Pilotagekomitee von der Stadt begleitet. Das garantiert Zugänglichkeit für breiten und diversifizierten Publikum, wie auch, dass dieser Raum für jeden offen bleibt. Der Kollege Juvenal gesagt, das sieht als ein zentraler Punkt, als Startimpuls für den zukünftigen Wohnquartier Stadt, als offen und experimentkulturelles Zentrum. Dieses Projekt ist wirklich an dem Sinn ganz wichtig, weil in dem ganzen Quartier eine neue Dimension gibt, und besonders in einem Quartier, die komplett neu entsteht, eine komplett neue Ausrichtung gibt, und immer durch ein Komplement am der Zucht von der Offer ist, für die kulturelle Offer an der Stadt noch weiter auszubauen. Ich kann den Chefrat für diese Initiative nicht mehr felicitieren. Es geht um Kultur und Stadtentwicklung zugleich. Ich kann dieses Projekt nicht mehr unterstützen. Vielmals merci. Na, ich so nicht. Vielmals merci, Herr Philippard. Und da ging ich da Madame Milchen vorgehen. Die haben ihren persönlichen Umschweiz. Ja, genau. Merci, Madame Bourgeois, für das Wort. Das Projekt, die Alpropis Kaserne auf der Allerstraße, der SBL HQLX zur Verfügung zu stellen, für ein Lieu kulturell aufzubauen, ist nicht nur eine gute Idee. Das ist ein Beispiel von moderner, nachhaltiger Politik. Wie das Alpropis Kaserne auf der Allerstraße nach einer langen Zeit Edelstuhe wird, ist am Kader vom Projekt rund um die Stadt Josie Bartel aufgerappt wird, also durch eine größere Struktur, ideal für Events, Ausstellungen und alle anderen Sorten von Kulturevents ist, als dieses Projekt nicht nur pragmatisch, aber auch wichtig für die Kulturszene an unserer Stadt zu unterstützen. Das ist so ein Projekt wichtig und richtig sind, weil es noch diverse Etüden. Zum Beispiel die Etüde Temporary Uses of Urban Spaces, How are they understood as creative, weist klar, dass Zwischennutzung aktiv wirtschaftliche Dynamik, soziale Werte und symbolisch Kapital schaffen kann. Künstler gehen an dieser Etüde als Zentralakteuren an der Reaktivierung von Stadträumen identifiziert. Eine andere Etüde, Temporary Uses in Contemporary Spaces, publiziert am Fachjournal Cities, unterstreicht, dass Zwischennutzung heute als strategisches Instrument am Urbanismus gilt. Sie verbessert Lebensqualität, schafft neue Sozialdynamiken, kann flexibel auf Bedürfnisse von den Bürger und Bürgerinnen reagieren. So Initiativen haben nicht nur einen kulturellen Mehrwert, wir können auch konkret wirtschaftliche Effekte mitzuspringen. Auch für allem die Identität von einem Quartier stärken und die Kommunität ihre Menü zusammenbringen. Beispiele von ähnlichen Projekten am Ausland weisen, dass so Projekte, die ganz klein angefangen haben, einen großen nachhaltigen Effekt auf die Kulturszene an einer Stadt können haben. Da haben wir zum Beispiel ein Projekt Tacheles zu Berlin, die gewiesen hat, dass eine temporäre Kunstinitiative zu einem weltbekannten Symbol von einer kreativen Stadt kann gehen. Oder auch zu Paris wird Les Grands Voisins bewiesen, wie Kultur, Sozialpolitik und Stadtentwicklung intelligent verbunden kann. Ein weiteres positives Beispiel von den auch bei uns in der Stadt, mit allen Schlöchthaus, wo Ugangs Skater, Sprayer genutzt werden, tun immer mehr zu einem Platz für kulturelle Events aller Art gehen aus, wo Leute dezidiert gehen aus der Stadt Geld daran investiert, für einen initial temporären Leerstand ein wirklich flottes Kulturzentrum zu machen. All das Projekt haben als Zwischenlesung angefangen. Keine davon war am Anfang groß viel gesehen oder überhaupt viel gesehen. Wir sind etwas ausgelesen, was für mich groß kann gehen. Am Platz nämlich direkt Baggerin drüber rollen zu lassen und Dono zu riskieren, das Auto einfach während einer langen Zeit parken oder Gebäude Eilstunden zu lassen, bis sie nämlich genutzt können, können Projekte entstehen, die der Kulturszene, der Quartier und der Bürger und Bürgerinnen etwas Konkretes bringen.
So Initiative brauchen auch politische Courage und dafür unterstützen wir nicht nur diese Projekte, wir löwen. Merci vielmals. Madame Ranka. Merci pour la parole. Nous souhaiterons tout d'abord rappeler que depuis de nombreuses années, nous soutenons la mise à disposition et la valorisation des espaces vacants dans notre ville. Nous pensons que ces lieux doivent être activés, ouverts à la création, à la culture et aux initiatives citoyennes. Dans ce sens, le projet porté par cette association nous paraît tout à fait pertinent et nous sommes favorables à l'utilisation de cet espace dans l'ancienne caserne. Nous saluons également le fait que la ville mette à disposition un espace de cette ampleur, plus de 500 mètres carrés, pour un projet culturel avec un loyer symbolique, ce qui constitue un signal fort en faveur du secteur associatif et culturel. Cela étant dit, nous souhaiterons soulever une question de principe. Nous ne trouvons pas dans la Convention d'éléments relatifs à la procédure de sélection de l'association. Dès lors, une question se pose. Que se passerait-il si d'autres associations étaient intéressées par ce type d'espace? Existe-t-il des critères clairs, une procédure transparente, un appel à projet? Pour nous, il est essentiel que l'accès aux espaces publics se fasse dans un cadre équitable et transparent, afin de garantir l'égalité des chances entre les différentes initiatives associatives. Nous ne remettons pas en cause le projet présenté aujourd'hui, que nous soutenons bien sûr, mais nous pensons qu'il serait important pour l'avenir de mettre en place des mécanismes plus structurés permettant à d'autres associations de se porter candidates. Cela renforcerait à la fois la transparence, la légitimité des décisions et la richesse des projets soutenus par la ville. Je vous remercie. Merci. Ich meine, das einfacher flott, nur so eine Prise de Position von den verschiedenen Fraktionen festzustellen, dass den Projekt wirklich auf unanim Support stößt. Und ich bin darüber ganz froh, weil das ein Projekt, das wir am Anfang schon, was den Fonds anbelangt, schon an dem Konkurs vorgesehen hatten, den wir gemacht haben, für eben, wie man den Staat von der Stadt Josie Bertelen können mit doas, aber den Service d'Hygiène mit dem Centre de Recyclage nicht mit doas, wie ihr in den großen Terrain do könnt, flott und gut beleben. Für drüber waren Pompier noch nach do, diese Jahr schon 2-3 Jahre fort zu Gasbrüch. Und es war du direkt durchgehen, und das auch am Konkurs so festgehalten gehen, dass verschiedene Gebäude gingen, egal wie, egal was, gehalten gehen. Und da drinnen hat eben noch den alten Garage am Anfang, wo die Pompiers Autos stungen. Dafür ist es einfach mit groß, heiß, einfach, da wo die Pompiers Autos stungen und direkt konnten rausfahren auf der Erlerstraße. Das nämlich gilt allerdings auch für die Mialgebäude Hannen drun, da wo dem Schäferrot die Autos vom Schäferrot stehen, da wird früher den Perzstell waren. Auch die Gebäude werden an dem Projekt vom Stadion, wenn wir dann können das realisieren, und das werden wir realisieren, auch die müssen behalten gehen. Wie kommen wir auf die Hai, wie der vielleicht gelesen hat, Hai geht zu summen, weil wir stellen ja Hai nimmen den Tal zur Verfügung, auf eben den Loyer wirklich symbolisch. Aber das wird ja auch etwas kosten. Und das wird bezahlt von der Fondation, von der Œuvre Nationale de Secours, Grande Duchesse Charlotte, die einen Konkurs gemacht hat, auf die Leute zu freuen, also für auf der künstlichen Szene zu freuen, aber wenn in ein Tiers-Lieu hat, ein Tiers-Lieu kulturell, was ging dir proposieren? Und sie sind da zurückbehalten gehen. Und dafür hat es sich einfach von, zwei Sachen haben sich von. Wir hatten den Lieu, sie hatten ein Projekt, für das zusammen zu machen. Aber, und Madame Branco hat aber ganz recht, die jungen Leute, die sind für die nächsten 3 Jahre dafür responsabel. Aber sie
machen ja nicht alles das, was da wird an den nächsten Monaten, an den nächsten Jahren geschehen. Das machen sie mit anderen Assoziationen, das machen sie mit Musikern, das machen sie mit Theatergruppen, das machen sie mit Tanzgruppen. Ich meine, jeder Verein, der an dem Do-Kader kann oder will mitschaffen, aber der soll sich an sie wenden. Und da bin ich sicher, dass sie für alle gut und flott Idee da dabei sind. Wir machen natürlich daraus nicht das was ich so, nicht ein Footballterrain, nein, das ist ein Tiers-lieu, wo kulturelle und soziale Aktivitäten sollen stattfinden. Und sie kriegen eben die Responsabilität für das an den nächsten 3 Jahren zu organisieren. Und dann hoffen, dass wir dann ein bisschen mehr weit gesehen, an 3 Jahren müsste ja den Hammerstadion fertig sein. Dann da muss man noch warten, bis man den Service d'Hygiène an den Centre de Recyclage auf hier neuer Platz kriegen. Das wird auch noch ein bisschen mehr lang dauern. Aber das hindert uns ja einfach nicht drin, schon ganz intensiv und dass man so intensiv, kontinuierlich und dem Projekt vom Staat, also von dem Wohnquartier Staat zu schaffen. Voilà, ich freue mich, wenn wir die erste Kehr eine Flottmanifestation dahin können gucken können. So, wir stellen also dem Projekt zum Wort, wenn das dafür, wenn das dagegen findet, teilt sich Unanimität. Merci. Da kommen wir auf die Nummer 4. Da hat Madame Merth sich gemeldet. Ja, Madame Merth. Okay. Ja, okay. Also ich begrüße, dass wir den Bazar International de Loyer bezahlen an der Lux Expo. Damit erkennen wir die kulturelle Sozialbereicherung und die durch diese Bazar seit langen Jahren hier an der Stadt ist. Der Bazar International regelt die Benevolat an den Fokus. Das ist ganz wichtig an einer Zeit und an einer Gesellschaft, wo nicht Vereine und die Leute denken, denen es nicht so gut geht. Es ist also Gest für Solidarität, den der Bazar möchte an mir matt. Es ist auch eine Valorisation von der Multikulturalität an unserer Stadt, von der Kreativität, von der Art und Weise, wie man sich engagieren kann und über seinen eigenen Horizont rausgucken. Der Loyer ist natürlich immer ein großes Depense und es ist wichtig, dass wir mithelfen, einer Initiative Visibilität zu geben, die beispielhaft bleibt und die auch ihre Succès bei den Leuten verdient. Merci vielmals, Herr Boissante. Merci vielmals für die Wort. Den Bazar International ass fir Mëch an Speng fir eis alle Guten net nëmmen eng Erinnerung méi Appes, de mir all Joer bei unserem Kalender ganz grös stoen hunn, well das een immens flotte Moment in eiser ënnert, wat mir an eisem Land sind. Mir sinn eng Mëchung vu ganz viel Geschichten, vu ganz viel Nationalitäten, vu ganz viel Traditionen, vu ganz viel kulinarisch Geschmacken. Ich habe den Bazar kennengelernt, nach nimmer an einer kleiner Hal von der Lux Expo war. Ich war 15 Jahre alt, das war schon leider ganz lang hier. Ich werde den dote Souvenir nie vergessen. An all Jahren, wo ich zurück an den Bazar gehe, so nicht mehr, also ich bin froh, dass meine Kinder entdecken zu lassen, sie mit mir zu holen, für, wie gesagt, die Stärke von unserer Gesellschaft können so zu weisen, aber wirklich die verschiedenen Leute treffen und entgegenkommen zu können. Nichtsdestotrotz, das zusammen leben, das zusammen essen, das zusammen feiern, als Basis von einem pazifistischen Ambiance. Wir sind leider mit meinen 40 Jahren nicht mehr am selben Kontext, wie wir waren, wo ich noch 15 alt war. Wir haben verschiedene Stände, verschiedene Länder, die hier repräsentiert sind am Bazar, die hier eng formidabel Arbeit machen als Assoziationen. Wir können sie nicht am selben Pinsel, mit der selben Farbe, mit der selben Perspektive jugieren wie die Politik, die an ihren respektiven Ländern durchgeführt wird. Nichtsdestotrotz schwenkt das ein wichtiges Symbol, das ein wichtiges Signal, dass wir die Organisation vom Bazar frohen, dass die verschiedenen Länder an einem Konflikt irgendein Friedenszeichen können affichieren, für zu sagen, dass ja, wir sind stolz an einem Land, an einer Kultur, ein Teil Promotion können zu machen, aber wir sind
definitiv Pazifisten. Wir haben an dem Gemengerot, an unserem Land, verteidigen wir an Europa, außerhalb der europäischen Grenzen, ein Prinzip von Friedens. Es schmengen, es waren ein paar Fälle letztes Jahr vorgekommen, und es tut mir immens leid für die Leute, die an Assoziationen ganz Jahre arbeiten, für Promotion von einer Kultur, und nicht Promotion von einem Krieg. Die Promotion von einer Außenpolitik. Ich meine, mir als Gemeinde, das ist eine Manifestation, die uns ganz wichtig ist, die mir ganz wichtig ist, wir müssten all die verschiedenen Länder aufrufen, erbitten, wenn wir sie unterstützen, ein Friedenssignal, ein Friedenshandel zusätzlich zu ihren Fändeln können zu affichieren. Ich sage merci und da sind wir auch ganz froh, weil man kennt das als Assoziation und die Organisation von Basar Mat auf der Widrohen für natürlich so weiter zu unterstützen. Vielmals merci. Merci, Madame Constantini. Merci für das Wort, Madame Bürgermeister. Madame Marden, Herr Bosante, schon vieles gesagt. Das Konvention mit dem Basar International ist ein gutes Beispiel, wie wir als Staat konkret Initiativen unterstützen. Der Basar International ist nicht nur ein wichtiges Evenement für das Leben in unserer Stadt, sondern für allem eine starke Plattform für Solidarität und für humanitäre Projekte. Mit einer Unterstützung von 60.000 € pro Edition geben wir der ASBL eine wichtige Stabilität und Sicherheit für ihre Arbeit zu planen und weiterzuführen. Als Fraktion unterstützt das Konvention dafür ganz. Sie gehen an der Commission conjointe à l'unanimité votiert. Merci. Merci vielmals. Ich bin froh, auch hier eine Unanimität festzustellen. Ich meine, der Basar International ist wirklich im Moment am Jahr, wo wir können. Ah, pardon, den Herr Weide, ich habe nach Wort gefragt. Pardon, Entschuldigung. Merci für das Wort, Madame Bürgermeister. Ich entschuldige mich, ich hatte nicht ausgestreckt. Ja, wir begrüßen auch den Basar international. Wir fanden doch, dass wirklich ganz flott wird zu gehen, noch die Einzelkulturen zu gesehen. Ich fand das ganz gut. Ich gehe mal vielleicht begrüßen, dass vielleicht der Lützeburgische Stand ein bisschen mehr groß wäre. Ich habe die letzte Jahr auch halt vorgestellt, man Stand von Israel, an wir waren halt die Probleme. Ich wollte es frohen, wollte Standlo aus bei denen, bei den Diskussionen, was für Maßnahmen holen sie da, für das hat ganz geordnet über die Bühne geht. Ich persönlich fand, dass alle Land Soldaten auch noch repräsentiert sind, alle Guten und auch Israel, Iran, auch Russland, soweit sie keine politisch Aussagen machen, Stand selber, wenn sie nicht halt hier Kultur präsentieren. Noch hier ersten, da fand ich das eine gute Sache, wenn aber jedenfalls politisch Aussagen gemacht werden. Da soll das Menge Minuten nicht gemacht gehen, das ist ein Ziel von dem Basar. Und ich meine, nicht das gut als halt Fändel von halt Frieden halt abhängen zu lassen, weil was für den Frieden als vielleicht für den anderen eine Erdreckung oder ähnlich. Dafür fand ich, dass wir als Stadt Lützburg Tropale sollen, dass es wirklich apolitisch soll sein, dass kein politisch Ausdruck oder Zeichen sollen, da sind wir das wirklich nicht mehr Kultur von den Ländern soll gehen. Merci. Merci. Ich bin froh, dass ich meinen ersten Satz, den ich gesagt habe, noch immer beibehalten kann, dass wir hier eine unanime Unterstützung von der Aktion haben, weil das effektiv, wir können froh sein, ich will nur so höflich, aber vor allem froh sein, dass wir in einem Land leben, wo das hier möglich ist. Das ist nicht überall. Das ist nicht überall möglich. Das ist das beste Beispiel von Vivre Ensemble, die kann hun und dafür gehe ich auch direkt wird, dass man dann kann. Ja, vielmals merci. Merci auch von mir und ihr alle Guten. Ich meine, dass ihr begrat, dass uns das Land ja ausmischt, die Vielfalt, die wir haben. Und ich meine, dass das uns stark mischt, dass wir eben auch
können op eng klengen Territoire weisen, wat de Vivre Ensemble wirklich ass, nämlich von dem anderen leieren, in den anderen kennenleieren, in den anderen net jugéieren, mé effektiv vielleicht doch appreieren, Apps war den bislo net kannt huet, an dafür sind joch besonders froh, wat alle Interventionen lo de Mëttech. Ich will ha just enkeier ënnerstreichen, dass mir als Stadt Lützeburg natierlech an du si jo all d'accord de Baser internationalen unterstützen, mir organiieren awer net. Datch natierlech werte man dat alles och mat hininnen op de Weg gin, wat Dir ons Lohai alle Guten gesot tut. Anlächt Joer muss ich soen, dat Kontrolle wirklich ganz professionell gemacht, gi sie noch fir ran op de Baser, mit das einfach ein ganz speziell Ambiance op dem Baser, die ganz speziell flott ass an dufir kannst da doch nimmen unterstütze wat gesot gin aus dem Stadt net soll net politisch sinn, derf net politisch sinn, dat sinn Assoziationen net sie Leiit, die ganz Joer am Fong schaffen fir fir Projekten, die so wichtig sind an der Welt suen ze ginn fir déi dann ze unterstützen mat dem, wat ze dann do och können ersammeln. Mir hatte lo dëse Weekend ein Festival de Migration an denken, dass dat zwee ganz interessant, ganz verschieden Aderweise sinn fir aner Kulturen och kennen ze léieren. Ich weiss nicht, ob der de Weekend um Festival de Migration war, den unterstützen ma jo och mé evaluieren natürlich och wéimer dat am méi no weit Leiit kreen am Platz Leiit, die sowieso da vielleicht schon sensibiliséiert sind, Mino doinner zu kreen, dat wäre auch am Interesse von jedem. Wir sind am Gang dort zu summen mit den Organisateuren, ein bisschen zu brainstormen, wie wir das könnten organisieren, die wo diese Weekend da waren, weil viel von Ersten geschwärzt gehen, also und letzte Woche ja, das ja ganz gerne, und die Erste will ich just denken, aber so, dass an der Lux-Expo nicht mehr gekocht gehen, du hast dann auch Festival Lobause gekocht gehen, aber dann können da Sachen aber verkauft gehen, das wird Bazar International auch so sinn. Dat Teech de Terf nëmme bannen an den Ausstellungshallen gekacht gin, dat gëlt fir alle Expo, die do stattfind, an do mussssen d'Organisateuren dann bësse mir inventiv och ginn, wann se dann wëllen Zissen zerveieren. Dat gëlt fir déi zwo Fahrer wie och fir all die aner. Op jeden Fall vielmals Merci fir all Unterstützung, well schmengen, dats man dat och sollen nobausen viel méi weisen, dass man, wann man mat ne schwätzen, wann man en dem anderen no lauschteren, an och wann man net dem Rafverstellen sinn immer dem anderen, dass mir awer hei wëllen nach Friede liewen, an dass dat och dat ass wo mir dofir kämpfen, net nëmmen hei mé auch am Recht vun der Welt. Merci. Merci vielmals. Ich stellen also die Konvention zum Wirtfin aus der 4. Aus der Gegend enthält sich. Vielmals merci. Da kämen wir dabei die Konventionen 5, 6, 7, wären da ja Chapeau von ihr, die gesagt haben, zu summen. Madame Branca hat ja auch gesagt, zu summen. Sind die anderen auch d'accord, dass den das zu summen hält? Die Art holen wir vielleicht à part. Das ist ein bisschen anders. Also, 5, 6, 7. 5? Nein, 5 hat man noch nicht. Nein, das ist 5, 6, 7. So, Madame Branca. Merci beaucoup pour la parole. Dans une société où l'accès aux services, aux droits et à l'information passe de plus en plus par le numérique, garantir à chacun les compétences nécessaires est une question de justice sociale. Les actions menées par l'ASTI, le CLAE Service et l'Erweserbildung permettent de toucher des publics souvent éloignés du numérique, notamment des personnes issues de l'immigration ou de situations de vulnérabilité. C'est un travail essentiel que nous soutenons pleinement. Cependant, ces conventions soulèvent également plusieurs questions importantes. Tout d'abord, la multiplication des acteurs autour d'un même projet appelle à une coordination renforcée. Il est essentiel de s'assurer que les actions menées sont complémentaires, qu'elles évitent les doublons et qu'elles s'inscrivent dans une stratégie globale clairement définie par la ville. Ensuite, nous estimons qu'il est nécessaire de renforcer l'évaluation de ces politiques. Au-delà des rapports d'activité individuelle, il serait utile de disposer d'une vision consolidée. Combien de personnes sont touchées au total? Quels sont les profils des bénéficiaires? Et surtout, quels sont les effets concrets en termes d'autonomie numérique et d'inclusion sociale? Enfin, nous souhaiterons attirer l'attention sur la dimension territoriale. Il est important de veiller à ce que ces offres soient accessibles de manière équitable dans l'ensemble des quartiers de la ville. En conclusion, nous soutenons ces conventions
qui vont dans la bonne direction, tout en appelant à une approche plus intégrée, mieux coordonnée et davantage orientée vers l'évaluation de l'impact. Merci. Merci auch. Madame Maire. Wir stimmen heute 3 Konventionen für Internetstufen, eng mit der AStI, eng mit dem KLAE und eng mit der Erwachsenenbildung. Die Stadt Lützburg hat für lange Jahre mitgeholfen, die Internetstufe mit an das Leben zu rufen und zu finanzieren. Und heute hat er gesehen, dass diese Initiative nicht an Aktualität verloren hat. Ob schon Computer und Handy heute selbstverständlich ganz weit verbreitet sind, gibt bei den Assoziationen noch immer Besucher festgestellt. Für alle Leute ist es wichtig, können so einen Internetführerschein zu machen oder sich an einem Smartphone-Café zu beteiligen. Für alle Leute kann effektiv ein Smartphone zusätzlich Sicherheit geben, zum Beispiel durch ein GPS, mit dem man sich am Auto oder zu Fuß besser zurechtfinden kann. Man muss aber wissen, wie es geht. Allgemein kann den Handy Sicherheit geben, weil alle Leute können von überall anrufen, wenn sie Hilfe brauchen, und auch können angerufen gehen. Andere Leute, die an dieser Sache Unterstützung brauchen, sind sozial mit vulnerable Leute, die nicht so einfach Access und die modernen Apparate haben und noch nicht immer zu und für sie zu kaufen. So gut dass sie wie auch die KLAE und die Erwachsenenbildung, die den Service anbieten, kümmern sich um Leute aus der Migration, die vielleicht nicht neu an das Land kommen, Flüchtlingen oder aber auch mit vulnerable Leute an den Zugang zum Internet an einer Internetstufe kann helfen, die Leute besser zu vernetzen, Kontakt mit anderen zu bringen, Informationen zu geben, eventuell eine Arbeit zu finden. Die Tatsache, dass es nach immer einen Bedarf gibt für 3 Internetstufen, die von der Stadt unterstützt werden, erinnert uns daran, dass die Leute nicht all an der modernen Welt gut eins gehen. Dass das kein Grund ist, ausgeschlossen zu sein oder sich minderwertig zu fühlen, aber dass es gut ist, einfach mitzuhalten. Den Ausschluss und modernen Medien weist, dass es wichtig ist, ein bisschen am Strom zu schwammen, an Domänen, die jedweder von unserem Alltag weiterhelfen und auch zu unserer Sicherheit beitragen. Merci vielmals. Und dann noch Madame Mincher. Yes. Merci, Madame Bourgeois, für das Wort. Es handelt sich bei diesen 3 Konventionen um Internetstufe, wo 3 konventionelle Organisationen, dass die KLAE und der Erwachsenenbildung Möglichkeit kriegen, ihre Beneficiären Kurse rund um Nutzen vom Internet anzubieten. An einer Welt, die immer mehr digitalisiert ist, als Lehren vom Umgang als Lehren am Umgang vom Internet essentiell. Dafür stimmen wir als LSAP dieses Projekt natürlich mit. Mir auch dann aus einem anderen Grund. Die 3 konzernierte Organisationen wenden sich auf verschiedene Publikziblen, aber wir sehen halt ganz klar, dass jeder die Möglichkeit kritisch die Kompetenzen anzueignen. Aus den 3 Projekten, der ist viele gesagt auch, dass ein diversifiziertes Publikum heißt das. Auch wenn sie alle 3 den Internetführerschein vom Edukationsministerium anbieten, sie verschiedene Informationen für gesehen. Bei der AStI stehen ein Accompagnement individuell an eine Hilfe bei administrativen Demarchen en ligne im Programm. Des Weiteren sind 200 Kurse mit insgesamt 360 Formationsstunden, die sich und 250 Partizipanten richten, für gesehen. Die Ouverture von der Internetstufe gesagt 30 Stunden an der Woche für. Der KLAE bietet hier im ganz heterogene Publikum ein Smartphone-Café und respektive eine Aufklärung an den E-Banking. An der Erwachsenenbildung bietet das ganze Jahr 460 Stunden von individuellen oder Gruppenformationen und sowie eine einfache Ouverture für das Grand Publikum während verschiedenen Hourzeiten außerhalb der Formationszeiten. Während der Kommission dieses Projekt beschwert wurde, als Wichtigkeit von einer statistischen Evaluation von diesem Projekt erwähnt gehen, also dass die Organisationen selber eine Analyse machen über das Publikum, die sie erreicht haben, an Kompetenzen, die vermittelt gehen. Dass mir das Evaluation nur 6 Monate von den 3 Organisationen präsentiert gehen, war ein klarer Wunsch von der Kommission. Ein Punkt, den aber an so einer Information nicht der vergisst gehen, als den Umgang mit der künstlichen Intelligenz. KI evaluiert enorm schnell an den Fall von Deepfakes an ihrer Verbreitung auf Social Media hält Tag für Tag erschreckend so.
Das ist wichtig, hier abzuklären und auf Gefahren aufmerksam zu machen und auch am Kader von diesen Formationen, die Partizipanten über Gefahren, die haben das in Deepfakes und Fake News stehen, das Publikum dafür zu sensibilisieren und hier noch beizubringen, wie man am besten Sourcen überprüfen kann. Vielmals merci. Merci auch. Ich meine, dann hat hier die geschwärzt, Madame Kahn. Ja, tout a été dit, mais pas par tout le monde. Kein so, und dafür ich will nicht alles wiederholen, was gesagt ging, also so den Intervenant hat vielmals merci auch für ihren Support. Wir hatten an der Kommission, so wie Madame München das gerade gesagt hat, gesagt, dass wir gegen die Leute aus den Internetstufen rufen, für dass sie selber hier Projekte sollen präsentieren. Madame Branca huet vun der Multiplikation vun Akteure geschwert. Wir multiplizieren net, wir schaffen mat denen a verschiedene Kartien, dat sind 3 Akteuren, die an 3 verschiedene Kartien sind. An Schadow an der Kommission hat ich gesot, dass ich selber ganz überrascht, weil iwwer den enorme Suse von denen Internetstufen. Der Tisch as een riesige Besoin schmengt man der Markt huet doch ein Keer ganz gut erklärt, sowohl wat Smartphone nu geht, wie auch Computere, wie grad gesot gin as KI, dat evoluiert. Wir müssen die Leute opklären, net nëmme fir dat se die Tools ze gebrauche können, die hin Leben vielleicht mir einfach mat, mir awer auch fir dat se leieren, dommer der zu go, fir dat se net du geschmiert gin. An du wisst, dass immer nees auch Kampagne laufen. An denken, dass die Internetstufen do wirklich ein ganz sinnvoller gut Arbeit machen, weil aber nicht vielleicht ein Opa oder ein Kant oder ein Partner hat, den ihm weiterhelfen kann, wann mal ein Formular online auch muss ausgefüllt gehen. Dafür freue ich mich schon, wann dann die 3 Akteure an die Kommission kommen, für sich vorzustellen, dann auch zu präsentieren, was sie machen. Doublon, der ginn do kein gemacht, weil man einfach auf verschiedene Karten sind. An Schmengen soll ich schon ein bisschen sich aufpassen par rapport zu der Population, die dann an die Internetstoff könnt, die ist wahrscheinlich nicht genau dasselbe bei der Erwachsenenbildung wie beim Klei oder der Asti. Und da denke ich, müssen sie sich auch da dem Publikum aufpassen, den an die Internetstufe könnt, soll ich schon ein bisschen Best Practices von dem anderen aufgucken, mit kann ich aber nicht von Doublon schwätzen, weil die auch einfach auf ganz andere Plätze geografisch sind und dann aber auch viel mehr sind dann natürlich für die Leute, die da an dem Quartier sind. Und ich freue mich schon für zu sehen, was sie uns da werden präsentieren. Und da werden natürlich auch so Ateliers entstehen, nächstes Einkehr an den Tierlieuen. Mit dem Handy kann ich vielleicht aber mal in dem anderen noch da helfen. Dafür ist es gerade so wichtig, dass es so Lieu schafft, wo die Leute zusammenkommen, wo sie dann in dem anderen noch helfen. Das möchte dann das Leben vielleicht auch viel mehr einfach für den einen an den anderen. Und dafür vielmals merci noch einmal für die breite Zustimmung für die Konventionen für die Internetstufen. Merci. Merci auch. An der Stelle also die Konvention Nummer 8 zum Wort. Wen hast du dafür? Na, für dich nach, pardon. Wir kommen recht bei Nummer 8, yes. Für dich 5, 6, 7. Wen hast du d'accord? Merci, Unanimität. Da kommen wir nach just auf die 8. Da hat Madame Mert. So, mit der Konvention Nummer 8 unterstützen wir den Abrigado, ein ganz wichtiges soziales Projekt hier an der Stadt, an die meisten von uns fuhren auch dumm lernst, gesehen, wie sich die Misere von der Toxikomanie, von der Armut, dem sozialen Ausschluss und dem Sans-Abrisme verbindet. Hier hilft die Stadt doch, nach Personal anzustellen. Und wir können hier an unseren Dokumenten lesen, dass ein Accueil de jour, eine salle de consommation, ein Café de contact, ein espace d'hygiène, ein Service médical, ein Service social und ein Hébergement d'urgence organisiert gehen. Ich gehe davon aus, dass die Horaire d'ouverture nur de Besoin organisiert gehen. Das gibt allerdings eine Frage, die ich mir noch immer bei den Hébergement d'urgence gestalten, allgemein am Land. Die machen relativ frei zu, morgens, um 7 Uhr. Und die Strukturen, die deren Strukturen machen, recht um 9 Uhr ab. Das ist schon mich gefragt, ob es nicht am Sinn von jedem wäre, erstens die betroffenen Leute, auch den Leute, die am Quartier wohnen, dass eine Prise en charge, also das Leute den ganzen darüber darführen. Es steht ja an einem Dokument, dass die Horaire Kinder diskutiert gehen. Bon, das war ein Gedanke, den ich von der Datei gelesen habe.
An diesem Kontext vom Abrigado wird oft gesagt, dass man auch an andere Gemengen eng Fixerstufe bräuchten, da das richtig. Und ich bedauere, dass andere Gemengen hier Verantwortung am sozialen Bereich nicht immer holen. Das gilt leider auch für soziale Wohnungsbau, für Housing First, als Chambre meublée, wo wir als Medien am guten Beispiel vorzugehen. Die rezenten Diskussionen über die Logementer von den Flüchtlingen und noch die Schwierigkeiten von den unerkannten Flüchtlingen für in der zu kommen, gehören auch zu diesem Thema. Aber wir sehen, dass wir ganz sensibel bleiben für die Misere an unserem Land und auch an unserer Stadt. Ich werde die Konvention selbstverständlich stimmen. Merci, Madame Constantini. Merci für das Wort, Madame Bürgermeister. D'Extension von den Ouvertureszeiten vom Abrigado als eine wichtige Mesure für die Realitäten Terrain zu reagieren. Das konzerniert, wie ich verstanden habe, die Zahl de Consommation, de Café de Contact, den Espace Hygiène und den Hébergement d'Urgence. Es geht heute darum, auch an den Notstunden einen sicheren Kader zu garantieren, sowohl für die konzernierten Personen wie auch für das Personal. Mit der Finanzierung von 4 Sicherheitsagenten überhält die Staat die Responsabilität, für dass das Opfer auf eine kontrollierte und sichere Manier funktionieren kann. Es ist auch wichtig zu unterstreichen, dass dieses Projekt gut vorbereitet ist mit einem realistischen Zeitplan für das Recruitment und Formation von den Agenten. Dafür unterstützen wir das neue Konvention am Abrigado. Merci. Merci vielmals, Madame Brümmel. Merci für das Wort. Ich meine, Drogenkonsumenten, die damit zusammenhängen, Probleme, das ist eine Realität, auf die wir halt schon mittags zurückgekommen sind, aber die natürlich nicht just den kommunalen, sondern auch den nationalen Plan betreffen. Ich meine, das haben wir auch schon gesagt, kann nicht just Verbot an Repression gehen, muss auf 3 Säulen abgebaut sein. Die Prävention, wo unserer Meinung nach hier an der Stadt noch mehr gemacht gehen. Begleitung, Beratung, da das etwas, was man heute mit dieser Konvention noch einmal verbessern, an dem es mal Leute, die aufhängig sind, also krank sind, Opfer machen, für mit einem mehr geringen Risiko für ihre Gesundheit können zu konsumieren, für Opfer zu substituieren oder eben auch aus der Aufhängigkeit herauszukommen. Mit einer pluridisziplinären Approche, die Medizin, die soziales, aber auch psychologisch Supporten beinhaltet. Und natürlich, dass wir in der Stadt auch Streetwork offeren, Spritzentausch an. Bei der Markt hat es manchmal gerade angeschwart, den Housing First, was auch an den Kontext muss gehen, wo ich am Kontra zu hier der Meinung sind, dass man als Staat noch mehr machen muss. Und natürlich die dritte Seil, Repression an Sicherheit, wo man ja viel wieder auch schon verloren haben, und wo aus unserer Perspektive Gestaltung vom öffentlichen Raum nach einem großes Gewicht misskreieren, Belichtung kann da der Ecke errichten oder verschwannen doen, die Attraktivität für Straßen und Plätze verbessern, kein Leerstand zu haben. Ich meine, auch alles das trägt dazu bei, dass die Situation sich für als Bürger und Bürgerinnen verbessert, aber das Ganze eben auch so, dass die Personen, die krank sind, nicht noch mehr stigmatisiert, marginalisiert und vertrieben gehen. Die verschiedenen Interessen, die zusammenkommen, wo sich Drogenaufhängige abhalten, wo sie Services an Anspruch können holen, wo aber eben auch Leute Wunde schaffen, sich abhalten, darunter auch Kanner und Junker, die muss man hier an der Politik eben umschirmen haben. Die Kommunaldrogenpolitik ist nötig, und ich meine, es geschieht ja auch etwas. Ich hatte auch noch eine Frage gestellt zum Drogendicht 2.0, ich hatte am Anfang gedacht, halt ging ich eine Antwort drauf kriegen, hat gut an den Thema gepasst, mir da warten ich noch, bis die Antwort kommt. Vielleicht ist das halt eben auch schon ein Teil davon. Bon, mal gucken. Also die Erweiterung von der Konvention beim CNDS über den Drogenkonsumzentrum Abrigado fand ich mehr eine wichtige Sache und eine gute Sache. Ich will auch noch unterstreichen, dass so die Leute vom Abrigado auch selber immer, wir sollen nicht Wandglift nicht reduzieren auf den Term Fixerstufe, weil es das viel mehr wie das ist wirklich umfassend, weil es nicht just um den kontrollierten Drogenkonsum geht. Es geht wirklich um eine sozial, um eine psychologisch, um eine medizinische Begleitung. Es geht darum, für den Mensch als Ganzes zu sehen, nicht just als Drogenkonsument.
dass den Abrigado sein Plus-Value an sich Notwendigkeit maybe bewiesen hat, das gesagt an seinem Rapport d'Aktivität, alldach an der Moyenne 103 verschiedene Klienten, eng 45.000 Passagen am Jahr 2024 am Drogenkonsumraum schmangen, dass Chlor mehr können für die Situation von den Leuten, aber auch von unseren Bürgern nimmen so ein Akte weiter unterstützen. Die Erweiterung von den Öffnungszeiten ist manchmal aber auch ein Teil vom Drogendicht 2.0 Programm. Und ich denke, dass das etwas, was ganz wichtig ist, kommen wir von 7 Stunden, so werden wir zukünftig 7 Stunden am Tag, 9 Stunden an der Nacht, wo die Leute können an den Abrigado gehen. Wenn ich an der Kommission das richtig verstanden habe, ist auch geplant, dass wir erst auf 24 kommen, wann die neue Struktur bis fertig ist. Aber das ist natürlich nicht für morgen, das ist recht für übermorgen. Ich fand es ganz positiv, dass wir eben die Offer über das Weekend haben und dass wir eben auch mit der Ergänzung von der Offer von der Jugend an Drogenhilfe mehr breit aufgestellt sind. Evidenterweise kann das Personal an die 10 Volltime-Plätze, die von der Stadt finanziert gehen, sind dann nur eben die 4 zusätzliche Leute dabei, wo ich doch ganz korrekt fand, so, dass das abgedelte Burden Sharing zwischen der Santé, die 3 Plätze überholen, mir als Stadt die 4 Plätze überholen, wobei ich auch ganz wichtig fand, zu sagen, dass es zwar Sicherheitspersonal ist, mir Sicherheitspersonal, was formiert ist, ob den spezifischen Besoin, die eine so Struktur wie den Abrigado eben braucht. Ziel soll es immer sein, eine mehr umfassende Möglichkeit zu bieten für die Leute, die drogenaufhängig sind, also die Heroin und Kokain konsumieren, die Beratung wollen, eine gesundheitliche Versorgung muss gehen. Ich hatte mich aber auch noch ein bisschen eine andere Frage gestellt, weil wir gesehen natürlich weiterhin Konsum draußen auf der Straße. Das ist nicht jeder Verein, der an den Abrigado geht oder den Abrigado erreicht, nicht jeder Verein. Ist das, weil andere Substanzen wie Heroin, Kokain intravenös oder inhaliert konsumiert gehen? Ist es, weil man mehr Crack haben? Das scheint ja wirklich ein Problem also nur beschleunigt zu sein, an so viel Kap zerbrechen möchte. Oder ist es auch, weil man Gruppen haben, die über den Abrigado nicht genug informiert sind, die man da nicht erreichen können? Das sind so Frohen, die ich mir wirklich stellen, für, dass man Attraktivität oder so mit Offer vom Abrigado noch besser und klären können bringen. Ich will auch sagen, dass ich die Diskussion an der Kommission interessant fand, über nach mehr dezentral an Klang angepassten Strukturen. Madame Kahn lacht schon ein bisschen. Also auf jeden Fall habe ich hier Position nur ganz begrüßt, für sich der Überlegung nicht zu verschließen, natürlich nicht just so klangen Dezentralstrukturen an der Stadt. Evidenterweise, das hat den 4 Rednerinnen auch schon angeschwart, dass eine Verantwortung auch von anderen Gemeinden am Land muss vorgeholt gehen. Mich so mehr aber die Stadt hat viel Erfahrung, die Stadt hat Potenzial für Pilotprojekte. Am Anfang ist den Abrigado ja auch so etwas wie ein Vorzeigeprojekt, just dass so groß wie ein Entretemps ist, vielleicht anderen Angst möchte. Du wennst, habe ich mir gedacht, könnte doch auch eine gute Idee sein, mit kleinen Pilotprojekten zu machen, für dann auch andere Gemeinden zu sagen, hey, guckt, das integriert sich aber an ein Quartier, weil verschiedene Mesuren rundherum auch ergriffen gehen für die Bürger mitzuholen oder weil es mehr adaptiert ist, sodass man auf dem Weg vielleicht auch könnte weiterkommen, für einerseits dezentrale Lesungen zu haben, aber auch andere Gemeinden von der Notwendigkeit und von der Machbarkeit davon zu überzeugen. Voilà. Ich kann wir werden als grüne Fraktion diesen Projekt, das Konvention wirklich unterstützen und denken, dass es schreck ist noch viel, aber dass es nicht der letzte soll bleiben. An dem Sinn, merci für die Nullausstunde. Merci auch. Und nach Madame Milchen an den Herrn.
Merci, Madame mich für die Wort. Mir als Stadt LSAP drohen das Konvention mit dem CNDS, den Abrigado betrifft, natürlich mit. Wir sind überzeugt von der ganz guten Arbeit, die die Equipe vom Abrigado Tag für Tag leistet und die auch ein Best-Practice-Modell für andere europäische Städte durchstellt. Dass die Öffnungszeiten für die Beneficiären erweitert gehen, als etwas, was wir schon lang fordern, nicht nur für die Klienten die Möglichkeit zu gehen, in guten und adaptierten medizinischen Konditionen zu konsumieren, aber auch für die anderen wichtigen Services, die am Abrigado Angebote gehen, mehr lang nutzen zu können. Darstellung von weiterem professionell geschultem Personal ermöglicht die neue Öffnungszeiten an der begrüßen wir mit ständig nach ein paar Frohen. Klienten müssen um 7 Uhr morgens aus dem Urgenz-Nightschalter Abrigado raus und können dadurch um 9 Uhr an den Drogenkonsumzentrum Abrigado selber. Das wirft das Problem von fehlenden Ganztagsstrukturen ab, an denen Beneficiären den ganzen Tag nicht bleiben können und nicht dazwischen immer auf die Straße oder von Struktur zu Struktur gehen müssen. Durch das von Platz zu Platz geschickt gehen, fanden das Menschen nie Ruhe, für sich mit ihrer eigenen Situation auseinanderzusetzen. Sie sehen auch immer andere Ansprechpartner, und das für sie schwierig, in diesen Konditionen Vertrauen zu den unterschiedlichen Ansprechpartnern aufzubauen, weil sie immer ihre Situation neu erklären müssen. Dafür freuen wir, dass endlich ganz klare Strukturen geschaffen gehen, die spezialisiert auf die verschiedenen Pathologien sind, wo die Leute von einem Team betreut gehen, zur Ruhe kommen können, an sich mit professioneller Hilfe mit ihrer Lebenssituation auseinandersetzen zu können. Und dadurch die Möglichkeit kriegen, am Leben Fuß zu fassen. In diesem Kontext haben wir eine andere, mehr präzise Frage betreffend dem Bistro Sozial. Durch die Arbeit bei der Cinemathek könnte ein Bistro Sozial für seine initiale Platz fort, aber wir wollten fragen, wohin der Bistro Sozial hinkommt. Voilà, vielmals merci. Merci. Herr Radou. Merci für das Wort. Als ich will ich aber so, wie all die anderen auch stimmen, ich die Konvention heimat, aber mit viel meiner Begeisterung. So ist aber direkt ganz klar. Ich kann noch nicht an Begeisterung ausfallen, zu so, wir hätten ein formidables Succès, weil den nur Abrigado so ein großes Klientel hat. Wenn man bei all den anderen Sachen, die man der Stadt unterstützen, sie wird Sport, Kultur, Schulen, wo man froh sind, oder Konservatoire, aber was soll sie an mehr Klienten haben, weil das weiß, dass man gut Opfer haben und das viel da mitmachen. Und noch beim Sport, also jetzt muss ich nicht immer einen Turner gewinnen, aber man mitmachen, das ist schon gut. Hier ist natürlich eine andere Sache. Das hat die Succès, ich will nicht als Succès betrüchten, weil man viel mehr ein großes Klientel und viel mehr Besoin wie da, wo wir mit der Konvention, mit dem Projekt angefangen haben. Und das kann noch nicht, dafür kann ich noch die Evolution nicht als ein positiv betrüchten. Ich betrüchten sie mit ganz mitigierten Gefühlen. Das ist evident, dass, also ich meine, dass es man die letzte Jahre, und ich so nicht noch nicht mal von der Kommission Soziale, ich weiß auch nicht all die Informationen, die ich kriege, dann schaue ich mal, weil so den Studien dann raus, weil ich nicht überall mal dabei bin. Aber wenn ich die letzte Jahre gesagt, scheint es evident, dass Horären, die limitiert sind, und wenn ich lerne, für am Tag, die sagen, dass man Leute wieder auf der Straße werden oder raus und so weiter, dass die limitierten Horären nicht optimal sind, das scheint mir von der letzten Jahre evident. Und ich begrüße nicht, dass da viel gesehen ist, dass die bei einer neuen Struktur gemacht, also 24 Stunden werden ungestreft gehen. Ich verstehe aber auch, dass das haut mit der Struktur, wie man so haben, und das ist ein provisorisches Gebäude mit all den Limitationen, die aber das Gebäude mit der Surfrequentation, die tut, nicht kann, an denen haut auf 24 Stunden Betreuung gehen. Dafür begrüßen ich das in Zukunft, und das fand ich ein gutes Sache en soi. Ich bin ein froh, ob ich heute nicht unbedingt eine Antwort fällt. Nein, ich hätte Antwort gerne für die nächste Kehr, weil das hält ja heute nicht ab. Das hält heute nicht ab. Dafür ist es gut fand, weil wir hatten das für 6, 7 Jahre hatten wir in diesem Kader eine Diskussion, wo die so
müssen einen Rapport, eine kritische Analyse machen vom Projekt Abrigado, auch wo kommen Klienten hier, wie geht es weiter, kommen danach mehr, an dem Kader sagt so, als eine Großstruktur, und dem muss so die Struktur, die man hätte, wäre einfach die größte, wenn nicht die größte in Europa. An der Tatier kann nicht nach viel mehr groß, so für die Maniers mit dem Beispiel, wie so etwas soll gerieren. Dafür, ob man nicht könnten, an den nächsten 1-2 Jahren eine Etude machen lassen oder Rapport Analytik, Kritik über die Avantage, forcément alles, was das Brust hört, und noch die Limitationen von dem Projekt, die wir hier unterstützen, für ein bisschen sachlich, und ich verstehe noch, dass ich das Problem kann lesen, mit dass wir aber die Probleme mal abgezählt kriegen, mit denen wir heute konfrontiert sind, und nicht nur just effektiv unser gut Gewissen stimmen, weil wir heute Konventionen mit stimmen für die Leute, die effektiv am Misere sind, etwas in der Dämme zu greifen, aber für uns effektiv eine Analyse machen zu lassen, wo wir wissen, wo sind uns Limiten, wo muss man vielleicht an anderen Plätzen umsetzen. Das wäre meine util für unsere Diskussion. Vielmals merci. Merci auch. Madame Kern. Ja, vielmals merci. Das waren viel Frohen, auch viel Remarken, und ich werde probieren, ob alles zu antworten. Ich vielleicht mal für Madame Brümmel, ich muss ihr sagen, ich bin wirklich kein Drogenexpert. Ich kenne nicht wirklich all die Unterschiede, ich kriege sie hast du erzählt, zwischen Kokain und Heroin, und Crack, und der den mischt mit, und der dann hat das mischt abgedreht und so weiter. Ich muss aber da direkt zugehen, dass der aber die froh ist, wo ich nicht wirklich darüber antworten kann, was die Leute konsumieren. Und ich meine, da komme ich auch direkt auf den Point Nevralgique. Wir bezahlen, wie gesagt, ich meine, Madame Constantini hat das gesagt, wir bezahlen Securitätsposten. Und ich meine, dass es doch wirklich wichtig ist, dass alles, was mit medizinischem zu tun hat, dass das vom Santé-Ministère bezahlt wird und auch enkadriert ist. Wir probieren, die Struktur eben zu helfen, sie also bei uns im Territoire, und dann für direkt, ich kann nicht keine Antwort geben, weil ich schon noch keine Statistiken her habe. Mit das ist effektiv so, dass wir ja aber hier ein Gemeng sind, Stadt Lützeburg, und wir haben ein Open Herz und auch Open Arm. Als Loidverein ein Abwohner oder ein freieren Abwohner von der Stadt Lützeburg, ich bezweifle, dass den Klient ist. Das will ich direkt so. Wir sind aber auch eine Hauptstadt, auf der anderen Seite haben wir noch eine Responsabilität. Dafür ist aber wichtig, dass Schuster bleibt bei deinen Leisten, dass das Santé-Ministère sich alles das kümmert, was medizinischen Enkadrement ist und medizinisch Personal ist, und wir als Stadt Lützeburg dann so gut wie möglich rundherum helfen. Und das ist ja auch der Sinn und der Zweck von der Konvention, die wir heute machen. Madame Marthe, heute du geschwärzt, Madame Milchen tun auch das mit den Strukturen. Also das ist so, dass man dezidiert tun, den Parachute und den Bistro Sozial echt abzumachen, weil effektiv an der Sozialkommission auch ein Kehr die Remarque kommen, ja, wo gehen die Leute dann hin, zwischen von den einen Zomers und den anderen ob. Und da vielleicht dann direkt auch, Madame Milchen, die Antwort, ich meine, kann ihn Sache von der einen und von der anderen Seite gesehen. Und ich verstehe die zwei Seiten, für was es nicht 24 Stunden ob ist. Wir wollen nicht am Anfang, wie gesagt, kann ich drüber schwätzen. Ich will halt nicht so, dass ich heute das Wort gepaart habe. Wir hatten die nämlich Diskussionen noch mal früher, wo ich Familienminister war mit der Wandreaktion. Wir wollen am Anfang die Leute aber incitieren, rauszugehen. Wir wollen nicht, dass einfach 24/7 auf einer Platz bleibt. Und die hat gesagt, das ist vielleicht nicht gut, von den verschiedenen Sozialarbeiter gesagt. Ich ging nicht darüber antworten, vielleicht ist es aber auch gut von den verschiedenen Sozialarbeiter gesagt, weil ihr vielleicht dann aber mal den findet, zu dem ihr echte Achse hat, an denen vielleicht aber kann helfen, aus der Misere herauszukommen. Und meine Erfahrung weist auch, dass das der Fall ist, dass eben, wenn ihr die richtige Person findet, zum richtigen Moment, die das richtig sieht, an die richtigen Nerven, an die richtigen Enkadrement, und da können so viel bei ihnen, dass ihn dann vielleicht aber die Kehr kriegt. Und Madame Brümmel hat auch von der Jugend- und Drogenhilfe geschwärzt. Ich meine, wir haben viel Housing First, wir haben Konvention mit Jugend- und Drogenhilfe für diese Leute
zu helfen, für eben in der zu kommen. Ihr wisst, dass ich einen ganz, ganz großen Freund an ganz viel Vertrauen an den Housing First und dass ich auch da extrem gute Erfahrungen gemacht habe. Und dafür bin ich auch so dankbar, dass wir hier an der Gemeinde bei allen neuen WFA-Projekten und so weiter Housing First mit denken, verschiedene Housing First. Neben die für Leute, die mir ein solides Enkadrement brauchen, gerade wie viele Leute überhaupt kein Enkadrement mehr brauchen. Ich meine, noch da brauche ich einfach verschiedene Niveaus von Housing First, für die Leute können dann auch zu enkadrieren, wenn sie es müssen haben, und vielleicht dann aber auch zu losen, wenn sie das nicht mehr brauchen, weil sie noch Leute, die an Housing First kommen, dann direkt eins gehen. Also das geht auch, und das ist am Anfang auch das, was schön zu sehen ist. Ja, die hat davon geschwärzt, Madame Marth hat davon geschwärzt, und ich meine noch andere von anderen Fixerstufen, aber wir hatten noch an der Kommission darüber geredet. Also bei meinen Gästen, wenn wir mit kleinen Strukturen können haben, ein bisschen verdeelt, also ganz gerne, aber ich habe schon noch kein gesehen, dort den Fanger ausstrecken, für zu sagen, wir wären aber nur froh, so eine Struktur zu haben. Und ich muss sagen, nicht mehr spät wie gestern sind ich nach Landschen Brigado gefahren, aber wenn ich dafür unter dir gesagt, der Misere, den du lässt, also, da kann ich auch verstehen, dass andere nicht direkt sich klappen für so eine Struktur bei sich an der Karte oder bei sich an der Gemeinde, weil die nach 99 Gemengen am Land für dann so eine Struktur zu kreieren. Ich meine, dass das auch eine Responsabilität ist vom Santé-Ministère an den Schlöden. Ich stehe an, da gerne könnte Ihre Kollegen so ein mal nachzufragen über den Question parlementaire, wie es mit den anderen Gemengen ist, ob da vielleicht aber sich mal vielleicht gegen Berät erklären für auch so ein Brigado vielleicht bei sich abzuholen, noch wenn es so viel mehr klein ist. Aber dass wir können die Zeiten ausweiten, als ja gerade für das Leute Männer für unter dir sind, dass wir Männer da am Quartier vielleicht auch geheizt sind, dass die Leute mehr Achse haben zu den Strukturen, zu Sozialarbeiter, zu einem Raum, wo sie auch konsumieren, wo sie proper können konsumieren. Ich denke, dass das auch extrem wichtig ist, wie gesagt, an einer idealen Welt, wie die Bojamisch ging so, da wäre man natürlich froh, für nicht so eine Großstruktur zu haben, viel mit kleinen Strukturen. Aber leider leben wir nicht an einer idealen Welt. Und da will ich aber auch ein bisschen sagen, dass wir aber auch ein bisschen müssen auf die Leute aufpassen, die an der Quartier wohnen. Das nicht all der flott, an einem Quartier zu wohnen, wo Leute sich drogieren für der Haustür, wo kann Lernst gehen, wo Spritze von gehen. Ich meine, an einer anderen Gemeinde, weil nur noch das Problem, dass sie kann, sich schon einer Spritze wehgetan hat. Und das ist alles keine ideale Welt. Das muss ich wirklich zugehen. Dafür muss man gucken, die Leute sind krank, dass man ihnen helfen kann. Ich natürlich immer dem helfen, den sich auch helfen will, losen. Und das kann auch mal anderen, der Tisch, den sich halt nicht will helfen losen, die lässt sich vielleicht mal helfen. Und dafür ist eben die Arbeit von den Sozialarbeitern auch so wichtig. Sie hat die von der Gemeinde, Avocaten, wie auch Sozialarbeiter, die vom Staat bezahlt gehen, ich denke, dass die wirklich eine formidable Arbeit machen und dass wir die an ihrer Arbeit auch müssen eben unterstützen. Madame Mädchen hat nach der Frage gestellt vom Bistro Sozial, wohin könnt mal an den Escher Birsch, wo man das viel gesehen, der Tisch bleibt an der Uferstadt, der Bistro Sozial, wir brauchen die Platz, wir sehen das auch, dass das wirklich auch ein wichtiger Platz ist, wo Leute können hinkommen, auch mal etwas trinken können natürlich und da vielleicht auch den Ausschluss von bei Sozialarbeit. Ich glaube, einfach so eine Statistik zu machen, wo die Leute genau hier kommen, das weiß ich nicht. Ich freue mich aber mal noch, wie gesagt, das ist im Santé-Ministère für so Sachen dann zu liefern, wen könnt genau an uns Strukturen, wie nach ein Jahr, was ich am Anfang gesagt habe, wir sind nicht mehr Gemeinde Lützeburg, aber wir sind aber auch die Hauptstadt von diesem Land. Und da ist normal, dass wir uns auch machen für zu helfen, die Leute abzufangen, denen es nicht so gut geht. Respektive, ich meine, Madame Marth hat auch noch von einer Populationsgruppe geschwärzt. Wir haben da eine Responsabilität, wir überholen die Responsabilität, wir machen dann auch nicht so, ganz so konträr, das sehen wir auch mit dieser Konvention, und dafür sind ich auch wirklich ganz touchiert über die große Zustimmung für die Konvention, weil wenn wir die Sache besser machen, dann muss man auch können gucken, mit unseren Partnern, in diesem Fall eben CNDS, zusammen zu schaffen, für Sachen besser zu machen, und für zu gucken, die Leute
die es brauchen, zu enkadrieren und aber auch die anderen zu schützen, par rapport zu Spritzen, die man vielleicht können leihen. Vielleicht, wenn ich dann just nach der als kleinen letzte Satz so noch dem Service Hygiene, da wirklich viel merci, die man eine formidable Arbeit, allmoyen, also die machen wirklich eine super Arbeit hier an der Stadt Lützeburg und da wollte ich eben auch davon profitieren, für denen dann hier ein bisschen merci zu sagen. Merci. Merci vielmals. Ja, hoffen Sie nicht hören, sonst gehen wir es weiter. Der Chefin hört es hören und die sieht es weiter gerne. Okay, ich stelle also die Konvention Nummer 8 zum Wort, wenn das dafür. Ich sprach nicht so froh, wenn das da ging, weil die sind alle dafür. Wunderbar, Unanimität also. So, da kommen wir bei dem nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour. Ah ja, also sind wir auch mit all den anderen, über die wir noch nicht aufgestimmt haben, sind wir auch mit all denen d'accord. Ja, wenn das dafür, wenn das dagegen enthält sich auch da noch eine Unanimität. Voilà. Da kommen wir bei dem 7. Punkt von unserem Ordre du Jour, Devis de Travaux. Für dich gehen wir auf den Boykonen, oben auf Zeissing, wo wir einen neuen Terra, auf dem Footballsterra einen neuen Tapis lehnen. Wer will dort so vorgreifen? Madame Arendt, ja. Am Herr Bieber. Bach an Boissante. Ja, Madame Arendt. Merci für das Wort. Wir haben einmal ein Projekt zu denen, wo es den Fußballsterra 1 vom Sportkomplex Boykonen zu Zeissing geht, den an einen modernen Kunstrasenterra umgewandelt soll gehen. Ziel ist dabei, der Heiger Nachfrage von unseren Fußballvereinen noch zusätzlichen Trainings- und Spielkapazitäten gerecht zu gehen. Den Terra soll dann auch hauptsächlich für die Jugend benutzt gehen. Ein grosser Vierteil vom Kunstrasen ist sein deutlich mehr hoch Belastbarkeit. Während der Naturgrasterra just rund 600 Stunden Nutzung pro Jahr erlaubt, kann aber in synthetischen Terra bis zu 2000 Stunden pro Jahr genutzt gehen. Dadurch kann die Infrastruktur also viel mehr effizient angesagt gehen. Neben der eigentlichen Umwandlung vom Terra-geseite Projekt aber auch verschiedene technische Verbesserungen für. Dazu gehören eine moderne LED-Belichtung, ein spezifisches Drainagesystem mit drinnen an drainierendem Asphalt, das und die spezielle Lage vom Terra auf einer freier Deponie angepasst ist, sowie eine automatische Berieselungsanlage. Es ist ein nicht gefüllte Kunstrasen von der neuesten Generation vorgesehen, den den höchsten Qualitätsnormen von der FIFA Quality Pro entspricht. Der Planning geseit eng Ausschreibungsphase nach dieses Jahr 4. Der Bau soll dann am Mai 2027 aufhängen. An die Abweihung vom Terra ist dann für den Oktober 2027 geplant. Großarbeiten sollen nach 4 Congé kollektiv von 2027 aufgeschlossen sein. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei 2.456.385 TWAC, wo schon aber 5% imprévu mit gerechnet sind. Was die Gesundheit anbelangt, gouf an der Sportkommission auch erklärt, dass diese geplante Kunstrasen von der 4. Generation mechanische Eigenschaften hat, die ganz nah an einem Naturgrasterra liegen. Es kommen keine Mikrofasern raus, und Mikroplastik soll auch kein Thema mehr sein. Es besteht zwar ein leicht höheres Risiko für Hautaufschürfungen, aber diesen kann durch Berieselung reduziert gehen. Gleichzeitig bietet Terra aber ein gleichmäßig Oberfläche, was Verletzungsrisiken deutlich minimiert. Die Generationen von Vierdro wurden ja bekanntlich mit vielen gesundheitlichen Gefahren verbunden. Den Terra soll den Regeln von der FIFA entsprechen, muss aber nur der Bau natürlich noch kontrolliert gehen, ehe dann für offizielle Matcher zugelassen kann gehen. Was den Inhalt angeht, da sind spezielle Maschinen nötig, die jetzt aber schon zum Sit für den Rugby und für den Feldhockey gehen. Auch die Näherungen, gut mal gesagt, sind schon am Teppich mit dran. Am Vergleich zum Naturgras fallen auch viel Arbeiten hier weg, wie Mähen, Düngen und Noseen, was dann auch den Inhaltskostenwert reduzieren. Der Wasserverbrauch ist dann auch am Prinzip mehr niedrig, auch wenn das an der Praxis immer noch vom Benutzer aufhängt.
Eng Bewässerung ass net obligatorisch, kann awer hëllefen, am Sommer Temperatur zu reduzieren und dadurch auch die Spielqualität zu verbessern. Dieses Projekt ist also eine weiter wichtige Investition an eine Sportinfrastruktur, die mehr Nutzung für uns Vereine ermöglicht und dabei die Qualität vom Site bei Konen deutlich verbessert. So nicht merci. Vielmals merci auch an Herr Biewer. Vielmals merci für die Wort. Wie wir alle gewissen, Englisch, wie man am Beislet, ganz vielen Gemengereden mal präzisiert, zum in der Stadt mehr Demand, wie wir alle da offen haben, an den Trend hält sich schon nicht auf. Immer mehr Sportsclub frohen Terrain, und dafür begrüßen wir auch, dass an dem heutigen konkreten Projekt den Terrain ähnelt, wie Madame Arendt gerade gesagt hat, renoviert wird und dadurch eben Kapazität von dem Terrain von 600 Stunden für natürlichen Terrain nur 3-mal erhöht wird, auf 2000 Stunden Jahr, sodass können 3-mal mehr Clip den Terrain a priori können benutzen. Ob die Taschendetails gehen ich noch nicht mehr an, weil ich meine, die sie ganz gut resümiert gehen, außer vielleicht, dass effektiv die FIFA Quality Pro Norm hier erfüllt wird, und dass ein Terrain dann für 2027 im Oktober soll fertig sein. Und das begrüßen wir und unterstützen wir natürlich auch noch mit. Vielmals merci. Vielmals merci auch. Und dann den Herr Boissante. Nee, pardon, den Herr Back für dich noch. Pardon. Merci für das Wort. Ja, Herr Biewer hat gerade schon gesagt, Disponibilität für genug Sportinfrastrukturen ist ein dauerndes Problem an der Stadt. Auch wenn wir nicht begeistert dafür sind, synthetischen Terrain abzurichten, sind wir da als eine Teilsolution für das Problem von den fehlenden Fußballterrain zu adressieren und drohen das Projekt auch mit. Wir fordern auch vom Schafferrot für mehr Sportinfrastruktur zu investieren, weil das ein wichtiges Element auch für die Kohäsion sozial an unserer Stadt. Wir haben 50% von den Kindern, die nicht an die öffentliche Schule gehen, die an Privatschule gehen, die also nicht unbedingt direkt am Quartier integriert sind. Und da ist es also dementsprechend umso mehr wichtig, Alternativen anzubieten, wo sich Kinder von der Stadt können treffen und austauschen. Vielmals merci. Merci auch an Herr Boissante. Merci vielmals für das Wort. Ich probiere einen Kredit zu machen mit all den Komplimenten, die zum Projekt gehören, die schon gesagt sind. Wir drohen natürlich das Projekt mit, wie Madame Arendt das für gesagt Platz und Disponibilität und Terrain, also richtige Problem im Territorium von unserer Gemeinde. Wir können nicht mehr so ein Projekt natürlich unterstützen. Wir haben aber den einen oder den anderen Punkt, Bemerkung oder froh, die echt wir, wenn den synthetischen Terrain von Hol so viel mehr Stunden können benutzt gehen, wie gehen die zusätzlichen Stunden abgedeelt, welche Clubben, welche Sporten, welche Vereine beneficiieren davon, das wäre mal interessant, die Repartition dort zu haben. Könnte doch eine Analyse so gemacht oder wenigstens so als Testprojekt gemacht, für das Stadtmänglisch, soweit ich weiß, dass wir den doten Typ von Terrain im Territorium von der Gemeinde installieren. Zum Beispiel sind einer den Doten en particulier, mir vielleicht ehrlich mich, an sind dann noch zusätzliche Terrain, zusätzliche Installationen. Wir gesehen, dass wir effektiv da gut, wenn wir so Projekte stimmen, das macht einen konkreten und organisationellen Benefis gesehen, welch Club, welch Verein oder welch eventuell Schulen und nur auch Aktionen, wie viele Stunden. Vielmals merci. Merci auch, und ich gehe da mit der Madame Beißen. Merci, Madame Burgemeester. Merci, ihr alle Guten für konstruktive Remarken. Ich meine, es geht halt darum, dass wir Toffer von der Stadt können erheben, weil das immens Demande von der Krypto für mehr Entraînementer zu machen, mehr Matcher können zu machen. Und ihr wisst, wir sind aber zu Lützeburg. Das heißt, wir leiden auf einem geografischen Platz, wo nicht ganz gut Wetter ist. Im Moment ist es Naturwurstterrain, die sind hart wie Beton. Mit immens Verletzungsgefahr, nicht einmal von den Jungen, die da spielen. Und dafür sind wir immens froh, dass wir noch einen synthetischen Terrain machen. Weil die von euch, die ein bisschen mehr am Fußball wandert, sie wissen vielleicht, dass wir gekämpft haben mit aller Energie die letzten Jahre, für das mit FIFA, nee, echt mit der WLF,
mehr auch die UEFA dazu kreieren, dass die Echtliga an unsere Länder können auf synthetischen Terrain spielen. Da war immer so eine goldene Regel, nimmen Naturwurst Terrain, sie waren zugelassen für die Matches von der ersten Liga. Das hat sich logischerweise beruhigt, was auch dabei können. Und die hat gesagt, das ist ganz wichtig, dass wir hier schwätzen von einem synthetischen Terrain von der 4. Generation. Da sind auch extrem Progrès gemacht, die ersten waren, naja, es waren eben kein größer Problem, aber trotzdem nicht so. Die neuen Teppiche, die sind praktisch so gut wie Naturwurst. Sie kommen noch die Fibren, so immer, sie gehen praktisch geeizigt. Einmal fort gehen sie gehebelt, sie gehen genetzt, sie gehen gemerkt, sie gehen dass sie immer schön abgeriecht sind, wenn Face von den Spielern dann drauf kommen. Das war eine Lebensgeschichte mit Natur, mit Fibren, wird gemerkt. Und wie gesagt, sie gehen aufgeholt, es gibt kein Terrain freigegeben von der RWLF, es gibt eine spezielle Kommission des Terrains, die all synthetischen Terrain ganz genau guckt, ob ein konform ist zu eben dem heigen FIFA Qualität Pro, für eben just all Santé-Soucien aus dem Weg zu gehen. Bei der Soucias mit den Infrastrukturen kann man sehen, real. Gemeinde Lützeburg als die am ganzen Land, die am meisten all ihre Bürger offeriert für Sportinfrastrukturen von allen Sorten. Weil das nicht für nichts, dass man so überlebt sie, weil ganz grob Gemeinde rundherum, so da geht an den Staat, die haben alles. Und am Moment, vielleicht uns auch nicht Möglichkeiten für die Infrastrukturen zu bieten, wir machen, was wir können. Ihr wisst, wir haben 190 Clip. Wir haben 180 Kuren Sport pour tous. Wir haben als Infrastrukturen im Moment voll, man am Paul verlernt schon von Sonntag bis Sonntag, von Mai 6 bis 23. Wir haben aber einen Plan pluriannuell. Von der Welt, an der Sportkommission können wir darum gucken, was wir nach alles wollen tun. Wir haben wirklich Besuch für nach Hallen, Terrain, Piscinen und so weiter zu bauen. Wir bitte helft alle guten Matt. Wir haben Programme, Finanzen haben auch noch dort, wir haben nicht Terrain, die wir brauchen. Wenn der irgendwo her, dass irgendein Terrain freigeht, kommt direkt gerannt, also der Gemeinde, weil wir brauchen Terrain, da können wir viel mehr schnell vorkommen. Ihr wisst, wir hätten gerne, dass Kanner wegkommen von den Schirmen, dass sie sich bewegen, dass sie so viel wie möglich an der frischen Luft sind. Das beste mit Sinn davon, dass wir ihnen Infrastrukturen bieten, wo sie sich können bewegen, von Mois bis sowas, all Disziplinen lehren, Fair Play lehren, Konvivialität, Solidarität, und das ist auch ein immenses Instrument für die Integration von einer Multikulti-Gesellschaft. Dafür werden richtig führen. Merci, dass ihr als ein Terrain an dem Herrn Boissante, wir haben da schon ganz viel. Das heißt, zum Beispiel Längen bei Kunden, das ist schon die Nummer 4 an der Synthetik. Wir haben lösen, wie wir die Autorisation kriegen, für eben Matches von hoher Qualität können synthetisch zu belegen, haben wir natürlich direkt die Gelegenheit beim Shop geholt und angefangen, synthetisch Terrain zu bauen, eben just weil Toffer viel mehr groß ist, dass man viel mehr Leute und viel mehr oft können auf den Terrain lösen. Merci für Ihre Zustimmung. Merci. Merci, ich stelle die Projekt also zum Wort, wenn es dafür, wenn es dagegen, wenn enthält sich Unanimität, auch da. Und da kommen wir bei dem zweiten, das ist noch nicht direkt ein Projekt, das ist ein Devis rectifié, von aber ein ganz schönes Projekt. Mit denen ich ein bisschen mit Dauer gehen, als wie gedurcht. So, wer will dort so vorgreifen? Den Herr Biewer, den Herr Benoit, den Herr Boissante, den Herr Radu. Okay, Herr Biewer. Vielmals merci für die Wort. Wie gesagt, heute hat richtig gesagt, das geht nicht um ein neues Projekt, es geht um ein Devis rectifié, den in der Zwischenzeit dann 6,5 Millionen Euro kostet. An den Initial am Juli 2021, das ist vielleicht noch nicht dabei, war schon gestimmt, Ginas. Und da da über 40% Medaille ist. Das Projekt ist ganz flott und wir begrüßen noch, dass diese Schafferrot etwas für die Jungen, noch für die Assoziationen wie heute Scouten erhält.
An diesem Home wünsche ich mir auch so gelost, dass die nicht nur für das Scout benutzt wird, mit dass auch all die anderen Assoziationen in der Clip von Hamm diesen Hauptsaal können benutzen, werde ich auch begrüßen, dass die Strukturen noch nicht nur von einer Assoziation benutzt werden, sondern auch von anderen. Und dafür unterstützen wir dieses Projekt voller ganz. Merci. Merci vielmals, Herr Benoit. Vielmals merci, Madame Boemeester. Ja, das Projekt von der Konstruktion von einem Scouts Home zu Hamm haben wir auch unterstützt, wie wir den ersten Projekt gestimmt haben, weil das ein gutes Sache ist. Ich muss aber sagen, mit der Umsetzung davon, respektive der Planifikation von dem Chefrat, können wir aber nicht so zufrieden sein, weil den Depassement von 2 Millionen, den wir heute leihen haben, den ist alles ernst wie just zurückzuführen auf die von den Preisen. Wenn es just im Toss von den Preisen nämlich gehen, dann hätten wir kein Problem, noch Verständnis dafür, dass wir das heute geben, matdrohen. Aber knapp die Hälfte davon geht aber zurück dadurch, dass es Differenzen gibt an den Quantitäten, die vorgesehen waren am initialen Bordereau, respektive an der Mise en œuvre, an Oublien, die an der Planifikation kommen sind, respektive Sachen, die während dem Avancement vom Chantier sind, respektive Changements, die die Stadt Lützeburg gefroht hat, oder Sachen, die bei der Verifikation anders gelaufen sind, Konstruktion supplementär, die am Anfang nicht vorgesehen, also weiter. Und das sind alles Sachen, die eigentlich strikt zu feiern sind auf die Gestion von einem Chantier. Und dafür können wir das so nicht machen. Wie gesagt, wenn nicht rein ein Supplement wäre, den aufgrund von den Host von den Preisen gehen, dann hat man dafür Verständnis. Wir haben also klar auch an der Gestion von dem Projekt, wo Sachen initial nicht vorgesehen sind. Und da so, da muss der einfach natürlich auch schon ein paar Mal gesagt, besser andere Pole, weil das ist sehr Responsabilität als Chefrat für einen adäquaten Planning von den Projekten zu machen und auch ein Suivi davon zu machen. Ich gebe aber nach gerne eine Sache auch gerne erstmal auf den Weg gehen, natürlich auch gesagt, wie wir das Projekt gestimmt haben. Ihr leid immens schön, die Schale do, mir leid innen am Dall auf einer Platz, wo immens viele Leute spazieren, respektive viele Leute mit den Kindern erwähnt sind, mit den Familien, am Velo erwähnt sind. Und du musst sich auch wirklich ein gut überlegen, für das Samstagsmittags von Kindern und Scouten sind, du nicht alle Menschen einzeln mit dem Auto raufgefahren könnt, weil das heute als manche Scoutsgruppe, wo sie aus dem ganzen Land kommen, aus der ganzen Stadt kommen, pardon. Das heißt, du wirst sicherlich nicht alle Menschen zu Fuß kommen, wie bei anderen Scoutsgruppen der Fall ist, mir viel werden da Brust gehen. Und also wichtig, dass da du noch mit den Leuten, die Platz nutzen, guckt, dass die nicht alle gut in die Biergeruf fahren und innen drehen, weil das geht also Chaos total, wie das so organisiert wird, dass die Kanner Uhren irgendwie proper rausgelöst gehen und dann zu Fuß raufgehen, was denke ich auch machbar ist, weil weit also nicht, muss ich natürlich adäquat mit ihnen planen. Merci. Merci vielmals, Herr Benoit, und dann aus dem Herr Boisante. Merci vielmals für das Wort. Also für uns fänken kann ich nicht mehr auferstanden sehen als presque voisin von dem Chalet, von dem Projekt, was den Herr Benoit gerade gesagt hat, für die Beruhigung an Quartieren. Effektiv sollen sich Gedanken machen, und ich bin sicher, der Chefrat wird es ja wissen, wenn wir hin auf den Weg mitgehen, werden ein ganz flott, eine ganz ergonomisch, an pertinente Lösung finden, für zu vermeiden, dass Autos so rauf und rauf die ganze Zeit fahren, aber im WD nicht unbedingt gemacht ist für so eine große Nutzung. Bon, natürlich, den Doten de rectifier als net pain béni, mais do können wir als LSAP-Fraktion nicht so. Effektiv 43% von einem Projekt, den an Glut geht, wir kriegen meistens von mir nicht als Erste mehr die Bemerkung machen, dass do ein Depassement, das ein bisschen kompliziert, öffentliches Geld einfach voilà, so Contentement zu holen und zu sagen, voilà, das ist der Prix, Covid, Ukraine, etc. Das ist effektiv, wie schon gesagt, ist hier nicht der Fall. An Schmengen als private Mensch und auch an meiner Karriere auf die verschiedenen Plätze, wo ich geschafft habe, mir und etwas ganz einfach ist, das ist eine Evaluation von unseren Fournisseurs. Das ist eine Evaluation noch von den Leuten, mit denen ich schafft, an die Leute, die ein Konzept von einem Projekt machen. Ich meine, das ist nicht das nächste Projekt für mich hier in der Stadt, wo Probleme sind auf Bordeaux, wo Probleme sind an der Konzeption, das kann viel kommen. Aber die Problematik ist, geben wir uns eine Chance, dann die Leute das weiter zu sagen, hin dann nicht mehr zu kontraktieren, für mit ihnen dann zu schaffen, wenn wir das Problem dann identifizieren. Und das ist ein ganz einfaches und Basisprinzip vom Management von der Qualität. Ich würde die Janten Deming nach zu lesen, für die Ökonomisten, die hier im Saal sitzen.
Und wir können nicht einfach 43% von einem Budget zustimmen, ohne irgendeine Konsequenz und also Vornisser und aus dem Büro d'études am Anfang geholt, wenigstens auf Frage zu stellen. Und ein anderer Punkt, den als wichtig ist, du vielleicht zu unterstreichen, und ich greife auf etwas, was den Herr Radu für ein paar Jahre gesagt hat, das Projekt haben wir für Herr Biewer seine Zeit, für ihn gesagt wird, gestimmt. Und wir sind 26 und wir merken, dass so viel Depassement ist. Wie oder Hummereis oder Hudiereis als Chefrot die vorgestellt, was können wir an unsere Prozeduren, wer das an dem Projekt geschieht, dass es so lange gedauert hat, dass man kennt am von geholt die OSDP auf einer Periode von 5 Jahren vielleicht können vermeiden an den zukünftigen Projekt. Ich weiß mit dem Beispiel, die sieht immer ganz froh aus zu so, aber mit gutem Recht, dass ein großen Teil von unserem Projekt am oder unter dem Budget schlussendlich stehen. Wir sind nicht immer da für uns zu löwen, wir sind auch da für die Pfanger zu setzen, wo Probleme sind. Und da, an dem Fall, richtet oder geseitet so aus, wenn etwas nicht so richtig gelaufen wird. Wir werden uns auch da wenigstens enthalten, obwohl wird gesagt, dass das ein ganz flott und ein ganz wichtiges Projekt und als Notpart von dem Charlie fand ich schon am 4 Jahr schon ganz flott. Merci vielmals für Ihre Antwort. Merci auch, Herr Radu. Ich muss merci für das Wort. Also ich war in der Finanzkommission, die ich auch präsidiere. Ich bin ein bisschen paff mit den Sachen, die hier im Gesot gesehen. Weil das effektiv nicht das, was für das Projekt, wie auch die Sachen, die wir hier vierlein haben, zu erklären sind, wie auch so an der Finanzkommission erklärt sind. Wie wir zur Mission abgemacht haben, hatten wir 50 von der Offerten, also zur Mission waren 50% mehr hoch, wie das, was durchgeschlagen war. Aber wir waren so, dass effektiv das Projekt aus 2021 gestimmt gehen hat. Wir haben das natürlich 6 Monate für Drohnen ausgeschafft gehen, bis durch die Chef oder die Kommission, wo wir waren. Das heißt, wir hatten den Preis von 400, für die praktisch von 400, so ganz am Anfang vom Covid waren, und wir sind dann mit der Exekution an den Covid gefallen und dann noch an den Ukraine-Krieg, wo wir wissen, dass Preise an die Lotgänge sind vom Bau, von den Baumaterialien, aber wenn ich von meinen Kollegen auf der anderen Seite, die aber normalerweise ja einfach ganz anstehen für unser letztes Sozialmodell und letztes Jahr die Indexation von den Salären, von den allem Ernst, das wird als letztes indexiert wird. Weil in dat, also ich hoffe, es wird die Leute dat auch vorstellen, dass die Firmen, die für uns schaffen, das dann noch machen. Ne? Aber wenn sie das dann gemacht haben, haben wir länger an den Offeren schon 50% mehr, wie wir angeschlagen hatten. Danach kommen noch zusätzlich das wo bei der Offerte, wie wir also zur Mission abgemacht haben, danach kommen zusätzlich Kuhen für die Dokumentation des Prix. Und da kommen natürlich darüber ab, kann man dann wir haben Honoraren, man kann ja so, die brauchen nicht bezahlt zu gehen, wir haben einfach Akkoren, die stehen halt zuletzt für die Gemeinde steht so viel Prozent für die Ingenieure und so viel Prozent für die Architekten. Aber wenn die Basis an die Lut geht, da geht die Honorare noch an die Lut. Dafür von den 1,9, die wir hier haben, sind 1,1 Millionen auf Departement nur der Submission und 270.000 für die Honorare supplementär. Da sind wir auf praktisch 1,4 Millionen von den 1,9 supplementär, die wir hier haben. Da bleiben effektiv noch 500.000, ich will nicht unterschiedlich zu, die so kriegt, 500.000 Euro Supplement bei einem Projekt, den ihr dann effektiv 5,8 Millionen, ungefähr 5,8 Millionen kostet. Also man wie 10%, wo nach einer drin da sind, wie weit die kommen sind, es ist praktisch kein supplementär Demande von der Stadt kommen. Das Changement demandé par VDL, 42.000 Euro. Das sind noch so, und ich will keinem sagen, dass man 42.000 Euro zu Fenster raushauen. Aber 42.000 Euro für Changement demandé supplémentaire, das ist nun aber wirklich nicht etwas, wo wir uns normalerweise eine Stunde lang drüber erhalten. Dafür kann ich nicht mehr sagen, dass ich überhaupt keinen Grund für lang zu diskutieren. Die Mission hat mir Medaille, dann kommt dort in der Toste Prie von der Indexation.
Changement an honoraire supplémentaire, da sind wir praktisch da, wo wir sind. Und der Rest, wo nach, effektiv, wir hatten nach Sput, der hat mit den so Imprévuen, die haben wir absorbiert, da kommen die negativ dran. Dafür können wir nicht mehr in unserem Service, den zerbaut, und noch dem Service finanziell, den die wir wert, und natürlich auch dem Schafferrot, den der dann seine Responsabilität hat. Nicht mehr so, und voilà, wir sind d'accord, und wir stimmen das heute selbstverständlich rektifier, für das der habe ich keinen Aufschluss, den und leider keine bezahlt. Merci. Merci vielmals, Herr Radu. Du hast schon einen guten Teil von der Arbeit vom Herrn Es sind das gewinnt vom Herrn Radu, dass immer einen guten Teil von der Arbeit wäschelt. Merci auch all den Intervenanten. Die können sich vorstellen, dass ich als Finanzchefin nie froh bin, wenn wir die Passements de Wien kriegen. Das ist nicht flott, weder für den Schafferrot, und ganz besonders auch nicht für den Finanzchefen. Ich muss aber hier 2-4 Bemerkungen machen, die ich auch schon gemerkt habe. Das heißt, wirklich ein Projekt, das voll an der Post-Covid fällt. Ich weiß nicht, also, wo die alle guten lief, guckt ihr Statuen an. Hier als voll Post-Covid. Der Zweite, dass das vielleicht noch nicht gesagt geht, mit den Herr Boissante weiß das bestimmt, dass hier Leid an einem auf einer vielsicheren Platz wird die Konstruktion kompliziert möchte. Das werden wir also auch von Anfang an bewusst. Ich meine, den Herr hat schon ganz vieles gesagt. Der Gros von den Augmentationen sind einfach Sous-Evaluationen von den Erbesten durch die ganze Augmentation von den Preisen. Da sind ich also wirklich nicht, was man da hätte können Ernstes machen. Hier kommt auch dabei, dass die Büro d'études, und das leider auch nicht für die Erste, sich auch geirrt tun mit den Quantitäten, notamment an, ja, Herr Boissante, das sind aber nicht Eisleid. Also ich will einmal wirklich, nee, ihr stellt das immer so durch, wie wenn heute Schafferrot oder die Leute, die hier in der Gemeinde schaffen, mir attribuieren nur die Regeln noch von den Ausschreibungen ein Büro d'études oder Büro d'études derbechte. Wenn die Büro d'études sich irren, wie das noch vorkommt, sind wir natürlich nicht froh, aber ich sehe nicht, was mir als Leid hätte können, daran ändern. Das kann man sagen, irren ist menschlich, das können wir an. Wir gucken auch immer ganz genau, wie die Büro d'études sind, weil wenn wir merken, dass das aber wie oft da gehen sie sowieso nicht mehr zurückbehalten, wie gesagt, nach einkehr, wir können als sich nicht daran ändern, wann ein Büro d'études, dann kommen wir so mal hier Arbeit nicht so machen, wie sie müssten. Das ist also, wie gesagt, den zweiten großen Grund von den Supplementen, die wir hier haben. Und dafür verwirre ich mich wirklich. Wir haben auch mal die Wien, wo wir da vielleicht, können zwar ganz selten mal selber etwas Fundamentales in einem Projekt ändern tun. Auch hier ist wirklich ein Projekt, wo ich nicht gesehen wenn wir das noch ein bisschen neu machen, wie wir das besser machen. Ich will hier auch zum Aufschluss sagen, ich werde ganz, dass mit dem Krieg am Iran, an der Termalo schon an der nächsten Woche am Main werden mit der Premieren substanziell an Blut gehen. Besonders wenn der Krieg da ein bisschen mehr lang andauert, sodass ich fertig, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass ich leider Gottes, das möchte man wirklich kein Fried an der nächsten Woche am Main muss mich oft mit den Passements de Wien befassen. Da hat aber noch ein gesagt, merci trotzdem für all die Kolleginnen und Kollegen, die diesen Projekt mitstimmen, weil das eigentlich ein super Projekt. Merci. Ich stelle also den, ja, Herr Boissante. Just ganz kurz, Madame Bourgemeester, merci. Merci, Herr Moser, dass die mit mir mit uns einverstanden sind, dass das Problem auf dem Büro d'études liegt. Und auf keinen Moment haben wir etwas kennt als Leute an die wunderbare Arbeit, die als Service machen. Kein Moment. Ich wollte das just unterstreichen. Merci. Wir holen da doch, Madame, so hinten doch weiter. Ja. Aber das heißt, wen ist es? Die Privatunterprisen dabei sind. Ja, voilà. Okay, nee, ich wollte nicht mehr so, das muss ich immer sicher. Ne? Voilà. Ich stelle das Projekt dann zum Wort. Wen ist dafür?
wen ass der Gegend, wen enthält sich. Dommer das dat so ugeholt, aber wir können nicht weitermachen. Ich freue mich, wenn dann alles auf die Inauguration könnt. Da gucken wir, wem wir Merci do so. Da gucken wir, wem wir Merci so, weil da sind sie immer alle do. Da sind sie immer alle Gören do. Da gucken wir, wem wir. Nee. So, komm. Kommen jetzt zu unserem nächsten. Wir kommen zu unserem. Eine Minute. Wir kommen zum nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour, den Organismus. Da muss ich direkt so, man muss einen E-Punkt draufholen, weil da werden wir nach ein Schrift steckt, das ist den zweiten, den PAP, hier spielt Grünewald Projekt Kronos. Den holen wir die nächste Kehr mit, am April. So, dann holen wir den ersten, der das die vom Lycée Köbelbirch, wo die ganz kleinen Adaptationen sind dort zu Wortmeldungen. Wenn nicht, erstellen ich zum Wort, wen aus der Firma, wen aus der Gegend, wen enthält sich. Merci. Dann kommen wir zu dem Grünewald West, der das Schul, Waldorfschule, in dort zu Wortmeldungen. Wenn nicht, erstellen ich zum Wort, wen aus der Firma, wen aus der Gegend, wen enthält sich. Merci. Da kommen wir zu Beggen, Marville, Rue de Marville, dort hat man hier auch schon, hier ist nächste Orthopassung, wen will den dort zur Episode. Wenn nicht, da stelle ich sie zum Wort, wen aus der Firma, wen aus der Gegend, wen enthält sich. Und das zweimal, den zweiten Nord, Modifikation punktuell vom PHP-QE, wen aus der Firma, wen aus der Gegend, wen enthält sich. Vielmals merci. Dann nach Lotissement de Terrain sind dort zu Wortmeldungen. Nein, wen aus der Firma, wen aus der Gegend, wen enthält sich. Merci. Da kommen wir bei dem Punkt 9. Eine Präzision für als Tarifer, die wir auf dem neuen Stadion aufwenden. Wir müssen ja hier fixieren durch den Conseil, was wir hier froh, was Privatunternehmen wollen da etwas feiern, sind dort zu Wortmeldungen. Wenn nein, da stelle ich sie zum Wort, wen aus der Firma, wen aus der Gegend, wen enthält sich. Und dann kommen wir zum Punkt 10, Adaptation vom Reglement modifié. Über die Gestion des Déchets, geht den Minette für als unzupassen für den Minette-Kompost, sind dort so Wortmeldungen. Herr Benoit, Herr Bieber, ja, Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boemeester. Ja, die Propositionen, die daraus haben, die können wir so mitdrohen. Ich hatte just eng froh, wem hat ihr genau Reklam dafür oder wie lebt es genau, dass Bürger auch können mehr vom Minetkompost profitieren, wenn es lo zum Beispiel den ganzen Wolle von Nutzen von dem Kompost da so weiter umgeht, weil ich fand eigentlich dazu nicht so viel Informationen, auch gerade was die Lieferung heim und so weiter umgeht, also wird am Süden sich relativ viel gemerkt, das ist ein bisschen froh von wie die ganzen Sensibilisation und Nutzen von dem Kompost umgeht, wo die Stadt Lützeburg eben aktive Member auch bei dem Minette-Kompost ist. Da wollte ich aber noch nachfragen, und das überrascht dich eigentlich nicht. Wir freuen eigentlich schon relativ lang als Gring, dass wir Taxereglement, was die Schäden angeht, aufpassen, am Sinn von, dass Bürger wirklich incitiert gehen und auch finanziell belohnt gehen, für Männer Aufhalt zu machen und mehr zu recyclieren. Wie geht das? Weil ganz einfach, da gibt es zwei Methoden dafür. Entweder möchte ich eine Tax, die angezogen wird, je nachdem, wie oft den Pubell rausstellt, oder je nachdem, wie viel an der Pubell dran ist. Und nachweislich wird das sich auf ganz viele Plätzen am ganzen Land als extrem effizient erwiesen, wo nämlich den Déchet, den an der großen Pubell landet, deutlich rauf geht. Und ich denke, das wird so viel andere Gemengen, kleiner wie aber auch größer, was die hier kriegen, das müssen wir an der Stadt auch hier kriegen. Und wie gesagt, von allem mit den Resultaten, die es bringt, nämlich, dass deutlich mehr Recht Auffall gemerkt wird, was am Interesse ist von dem, was wir ja eigentlich alle Guten müssten tun.
der Tisch gibt für mal leben denke der Schaffer und nutzfroh wie nie da man denkt an substanzieller Reform von der vom Auffalltax ob der Gemengerot durchkönnt eben am Interesse davon, dass man den Auffall von allem den nicht rezykliert kann gehen reduzieren. Merci. Merci. Herr Goldschmidt. Merci, Madame Boymeister. Merci. Ich hatte auch noch. Oh, pardon. Ja, entschuldigt. Just ganz kurz, noch nicht lang. Ja, entschuldigt. Pardon. Wegen so, ich wollte denke, als Präsident von der Kommission denke darüber gehen, dass wir den 19. März an der Kommission hatten und dass wir dann eben dort die verschiedenen Adaptationen gemacht haben, weil eben Stadt Lützeburg am Minetkompos am Syndikat ist. Die ganzen Changements sind auch à l'Unanimität angeholt gehen und ich wollte dann just denke, da kurz so. Mehr hätte ich dazu nicht zu sagen. Vielmals merci. Und dann gehen wir aber dem Herr Goldschmidt Wort. Merci. Herr Boymeister, merci auch den Intervenanten. Und merci für die 100% die unanime Zustimmung an der Kommission und ich hoffe auch du noch heute. Ja, wir sind seit ein paar Jahren schon Member am Minetkompost. Und dafür haben wir heute den Punkt de mort du jour. Wir haben für ein paar Jahre eben Reglement Tax nicht approviert, gut für zu ändern noch oder hätten nicht, weil wir eben die Punkte, wo den Herr Benoit auch abgeworfen wird, noch nicht en place gesetzt wurden, nennen wir Pollueur-Payeur. Und lo haben wir gesagt, wir wollen, weil wir darunter schaffen und dem Pollueur-Payeur-Prinzip, und wir haben mit externe Büro geschafft, da geguckt, wie wir das alles en place kriegen. Und da sind ein paar die Punkte, wo eben nach en Suspens sind, und soll da hingehen mit der Unzwell, wie oft wir Pubellen idle machen gehen. Und aber die Firma, mit der wir schaffen, oder die Software, mit der wir schaffen, die schmengen, der geht es nicht mehr gut, der Tisch, wir sichern da etwas Neues. Das aber das weiter dodro geschafft da ist ja wisse also den Hygien hauptsächlich sich do no Lesungen für das man schnellstmöglich scheinbar Propose kommen mais entretemps man gesagt los immer seit Joren Member am Minetkomposer wir können nicht ein Kampagne machen wer dann alles der matt weil man das Reglement Taxen nicht tun lo wo man das Reglement Tax tun als werder gesehen dass an den nächsten Wochen ein große Kampagne gemacht gött für das mehr Leute darauf aufmerksam machen, dass es lohnt, eine Pubel zu haben, die nicht die ganz preiswert ist und wo auch der Umwelt so gut kommt, wenn man das dort alles werden proposieren und wenn nicht drin eben eine Pubel werden nur haben. Wir sind, wie gesagt, mit der Schweizer Pubel am Gange, für das auch umzusetzen, für das wir da eine Taxenstruktur kriegen, die dem gerecht wird, wer doch das Gesetz vorschreibt. Aber entretemps sind ich froh, wenn wir das heute approviert haben, für das wir das umsetzen können und dann eben den Leuten Möglichkeit geben, für die Brunnenpubel noch mehr sinnvoll zu nutzen. So nicht merci. Merci auch. Wir stellen damit die Proposition heute zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit ist das so angehört. Dann kommen wir bei dem Rapport environnemental. Ich ging wollen eine kleine Proposition machen. Weil der Rapport environnemental, ich meine, das ist ein ganz wichtiger Moment, und da wird auch viel darüber geschwärzt, mit könnte nicht wirklich eine Decision. Par contre, all die anderen Punkte, da brauchen wir eine Decision. Wird ihr d'accord, dass wir normal gehen die relativ schnell, gut, soll man die nicht vielleicht holen an den Rapport environnemental? Ja, als den Gemengerot doch damit d'accord? Ja. Gelebt? Nee, nicht, ich gelebt nicht. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. So, da kann man gucken, den Oktroi de Subside. Herr Benoit, wir machen ja alles, für dass man dem gerecht geht, was dir uns eigentlich gefragt hat zu machen. Ne? So, wir machen das. So, Punkt 12, also Oktroi de Subside. Sind dort so Wortmeldungen? Wenn nicht, können wir dann d'accord sein. Wen ist damit d'accord? Merci. Dann Office Social
Constitution d'un droit d'amphithéose au profit du fonds du logement. Da sind wir eigentlich tot sicher damit d'accord. Wen ist damit d'accord? Merci. Dann Fondation Pescator, Création de Poste. Da sind wir wahrscheinlich auch damit d'accord. Wen ist damit d'accord? Merci. Dann Affaires judiciaires. Sind wir auch damit d'accord, dass wir es können verteidigen? Merci. Décharge de facture. Sind wir auch damit d'accord, dass wir proposiert kriegen? Ja, ich stelle zum Wort. Finanzstoff d'accord. Merci. Und dann Conversion, Création, Suppression de Poste. Sind wir auch damit d'accord? Ja, merci vielmals, wunderbar. Und da kommen wir auf den Rapport environnemental, wo wir richtig froh sind, für den Haut vorgestellt zu kriegen. Herr Bauer. Merci, Madame Bürgermeister. Und schmengen, Herr Benoit, weil noch nicht ganz viel mehr lang gegangen, wie das so gegangen wäre. Voilà, ich will schon den Plaisir, dann ich heute den Rapport Environnemental 2024 vorzustellen. Ich will für alle Recht profitieren, natürlich für den Pierre Schmidt und der ganze Equipe von dem Délégué à l'Environnement. Ein immense Merci so für die enorme Arbeit, die sich gemacht haben, weil ich meine, die alle guten Dokumente ausgedeelt kriegt. 150 Seiten voller Informationen, 150 Seiten voller Resultate, 150 Seiten voller Möglichkeiten für wirklich herauszuschenken, das durchzugucken und zu gucken, wie aktiv das die Politik hier am Haus gemerkt hat. Von der Schulgefangenen für den Pierre Schmidt und seiner ganzen Equipe, merci zu sagen, dann ist es aber absolut notwendig für au-delà von seiner Equipe alle Services von der Stadt Lützeburg, merci zu sagen. Weil wenn wir die mehr wie 150 Seiten hier können erst präsentieren, dann ist das nicht mehr, weil hier ein Zusammenspiel von allen Equipen aus der Stadt Lützeburg ist, auf welchem Departement auch immer. Sie sind alle guten de loin ou de près von den Environnementsaspekten betroffen. Wir haben das ja als Chefrat als eine absolute Priorität auch an unserem Koalitionsakcord stehen. Und da sind wir auch ganz froh, dass wir können die enorme Arbeit, die da gemacht ist, an den letzten Jahren enorm aufstreichen. Natürlich sind wir hier am Rapport Environnemental 2024. Wir hatten uns engagiert für rund 2 Jahre, dass wir probieren, den Retard, den wir hatten, durch das Fakt, dass wir auch Schwierigkeiten hätten, für in alte Informationen zu kommen, weil die ganz oft von externen Sourcen müssen organisiert gehen und du not einmal einen Rückschleit hatten, die uns nicht unbedingt die Informationen in der Form konnte geben, wie wir wollten, dass wir eigentlich dem Moment als versprochen und engagiert tun, zu probieren, unseren Retard abzuschaffen. Das haben wir gemacht. Wir sind 24 und wir werden am Laufe von diesem Jahr auch nach dem Rapport 25 können präsentieren. Und da sind wir eigentlich auf der Vitesse de Croisière, die wir als 4 Jahre gehen haben, die Ambition für wirklich das Ganze können, nur eine gewisse Zeit können für die Tür für drin zu machen. Das aber auch, und das muss ich auch feststellen, dass an der Kommission auch so in der Strache geht, eine gewisse Inkompressibilität da, weil man einfach ein ganz rich Informationen erreicht am Laufe von den Monaten an dem Jahr noch können kollektieren, weil es einfach von ganz vielen verschiedenen Sourcen zusammengedrohen muss gehen. Da werden sie als wahrscheinlich aber nie möglich 4. September von dem Jahr noch daran zu denken, einen Rapport zu präsentieren, weil es einfach so viele Informationen sind, die auch da müssen kontrolliert gehen, die müssen miteinander verbunden gehen, die müssen miteinander können Vergleich gehen, für das wirklich noch aus dem Rapport oder Maximum kann herausziehen. Du weißt, das immer ganz froh, dass man schon den am 24. Rapport relativ no beisehen, am 25. Rapport probieren wir, wie gesagt, nach mit, ob als Vitesse de Croisière zu kommen, dass wir da für die nächsten Jahre da wirklich eine Linde Conduite tun, die wir dann immer probieren zu respektieren, an so sehr wie möglich nur im Aufschluss von dem vergangenen Jahr dann auch die Sachen zu präsentieren, die Informationen zu präsentieren. Letztes Jahr sind wir von der Kommission, von der Umweltkommission gefragt, für ein paar Hausaufgaben zu machen. Wir hatten letztes Jahr einen ganz langen Rapport, wir hatten ein bisschen langen Rapport, den haben wir gefragt, ob wir den nicht sollen aufschaffen, für das wir einfach auch ein bisschen Arbeit haben. Und dann hat die Kommission uns gefragt, für einen Two-Pager zu machen, wo die Prioritäten festgehalten werden. Auch das Dokument wurde herausgedeelt, durch die Einzelprioritäten, auf die wir uns 2025 und 2026 konzentrieren, ganz klar drauf.
Dann ist es so, dass man an dem neuen Rapport auch, wie letztes Jahr schon, für die zweite Jahr eine Infografie dabei gelöscht, wo ein Resümee ist von all den einzelnen Aktionen, die die Stadt Lützeburg am Umweltbereich während dem Jahr 2024 gemacht hat. Das haben wir auch die Kommission darüber informiert und ich wollte dich dann auch darüber informieren, dass an den nächsten 2-3 Tagen ein Tutbord und Altleute, Bürgerinnen und Bürger von der Stadt ausgedeelt wird mit dieser Infografie, die auf der einen Seite Resümee von den Aktionen präsentiert, die wir 2024 erreicht haben, und auf der Rückseite utile Informationen sind, notamment was Subsidien angeht, was die Einzelpersonen Kontakten angeht, für wann eben eine Bürgerin oder Bürger weiter Informationen will tun. Es sind noch QR-Coden, die auf den ganzen Rapport verweisen, an dem man dann auch notamment die Zahlen weisen an dem Kontext, wo ihr gesagt, ob sie raufgegangen sind, ob sie raufgegangen sind, wie sie an der Evolution sind. Da das mengenisch auch flott, weil dort den interessierte Bürger, der Lust hat, kann sich dem Moment wirklich den ganzen Rapport rauflöden, an dem Moment gesagt, nach viel mehr den Kontext von der ganzen Sache. Wie gesagt, ich will Irgelo kurz durch die einzelnen Punkte gehen. Nach einkehr die Großarbeit, die hier gemerkt haben, von allen Services, weil, wie gesagt, das ist wie ein Schweizer Auer, wo Rädchen an das andere greift. Heißt, kann nicht Service einfach allein etwas machen, weil den hast du hilflos. Heißt wirklich etwas, wo alle Services zusammen schaffen, an der Winzer, als das wirklich ein großes Teamarbeit, die wir hier gemacht haben. Wir haben den Rapport environnemental, wie an den letzten Jahren noch schon gesagt, gemerkt, dass an 10 Sujets abgedeelt, das ist die Energie und Klima, das Wasser, das Déchets und Ressourcen, das Natur und Biodiversität, Mobilität, Urbanisme und Konstruktion, Consommation responsable, Santé urbaine, Information und Sensibilisation, Kooperation und Partizipation. 10 Kapitel, die ich alle Guten erlauben, eigentlich ganz am Detail zu gucken, wie viel Arbeit du an den einzelnen Departementen gemerkt hast. Ich gehe noch kurz am Resümee durch die einzelnen Kapitel, ohne zu viel an Detail zu gehen. Ich meine, all die Leute, die auch Lust tun, an die Details für die Sujet interessieren, holen sich sicherlich auch die Zeit für das Toten auch durchzulesen. Wir haben notamment, was die Emissionen von CO2 angeht, haben wir zwei Approchen. Die eine, das ist die Administration, das sind alle Services, und die andere ist das Territoire, das ist dann alle Administration, plus dann eben alle guten Anwohnerinnen und Anwohner. Da ist es ganz klar so, dass wir am Gange sind, ein ganz konsequent Best zu merken, was die Administration angeht, wo alle Services wirklich angehalten sind, auch da zu helfen, dass man mit der Konsumation von CO2-Emissionen raufgeht. Auf der anderen Seite, was den Territoire angeht, da ist es so, dass wir eine gewisse Stabilität haben, die leider Gottes noch nicht so weit drauf geht, wie wir es gerne hätten. Aber dafür sind wir auch am Gang, eine ganze Gruppe Aktionen zu machen, für die Sensibilisation vom Publikum zu garantieren, für die Leute, das ganz schmackhaft zu machen, für auch ein Teil von der Lesung zu sehen. Und ich meine, dass das etwas wird zwar eine Zeit wird dauern, aber wo in der Woche leider Gottes nicht mehr probieren zu überzeugen, aber da mengen ich als mit 4 Schriften nicht ganz viel zu machen, und wir probieren das ganz auf eine Weise zu machen, dass wir die Leute, Bürgerinnen und Bürger da mitholen. Was das angeht, ist es so, dass wir auch für 3 Jahre mit einem ganz generösen System von Subsidien angefangen haben. Die Subsidien, und erlaubt man da vielleicht kurz ein bisschen mehr in Detail anzugehen, die sind eigentlich meistens so organisiert, dass wir als die Subsidien noch haben, die der Staat gibt. Das heißt, wir legen normalerweise 50% von dem Monat, den der Staat beigeht, auch bei, notamment bei Photovoltaik, bei Chaudieren, die mit Granulé oder Plakette Bois gehen, bei Pompe à Chaleur. Wir gehen die Isolation von Mauern, von Dächern, von Dallen, gehen wir 50% bei von dem Monat, den der Staat geht. Wenn Fenster remplaciert gehen oder Portfenêtre gehen wir bei. Wenn Leute neue Apparate kaufen, ob das ein Trockner ist, ob es eine Waschmaschine ist, ob es ein Frigo ist, ob es ein Tiefkühler ist oder eine Waschmaschine, Spülmaschine, pardon, überall da gehen wir auch eine Hilfe bei. Wir machen, wenn ein geringen Tag möchte, geben wir eine Hilfe bei der Rekuperation vom Regen, geben wir ein bisschen so bei. Wir machen
Wir machen bei der Mobilität Elektrik, machen wir bei der Bau und Rechargement, gehen wir Hölle vorbei. Alles das weist sein echtes Resultat. Am Ende für 3 Jahre, wie gesagt, angefangen. Wir haben letztes Jahr 23, pardon, waren wir auf 482 Demanten, die rausgekommen sind. 2024 sind wir schon auf 521 Demanten abgegangen. Du gesagt, das ist eine ganz nette Evolution als an Tisch. Aber wir merken noch das Jahr 2025, dass das nach weiter an die Lut gegangen ist. Und du gesagt einfach, dass die Subsidien löser aber auch greifen, auch von den Leuten auch akzeptiert gehen. Wir machen auch die ganze Publizität rundherum, die Subsidien über den Tutportheim. Wir machen aber auch regelmäßig an dem City-Magazin, wo wir die Informationen gehen. Sie sind natürlich auch bei unserem Internet. Wir probieren, da, wie gesagt, auch alle guten Leute, soweit es geht, immer mitzuholen. Und der Montant klimmt auch ganz konsequent, wenn man zum Beispiel N24 hat man bald 700.000 €, die wir an Subsidien eigentlich ausbezahlt haben. Wir haben auch an dem Pakt Klima sind wir weitergekommen. Wir haben Kapteuren ausgesetzt, die eine ganz rechte Sache können müssen. Dann ist es so, dass man, was die Energie an das Klima angeht, auch an schon gleich schon gesagt, und ich bin auch froh, dass Herr Bagger uns felicitiert hat für die exzellente Arbeit, die als Service gemacht hat, dass man nämlich den European Energy Award kriegen an der Gold-Version, das heißt, da sind wir über 75%, was ganz klar auch weist, wie viel als Service gemacht haben, wie viel als Service geschafft haben. Ich meine, auch das sind Sachen, die wichtig sind. Wir haben 2024, und muss ich immer rappellieren, dass der heute der Rapport ist von 2024. Wir haben da angefangen, einen Plan Klima zu schaffen, wo wir auch das Konzept Energetik für die ganzen Territoire ausgeschafft haben. Wir haben also auch informatisch, weil ich meine, dass das doch ganz wichtig ist, dass in einfach sich die informatischen Tools gibt, wir können die Sachen alles ordentlich zu analysieren. Wir haben da unseren Data Lake angefangen mit einem digitalen Zwilling, einem sogenannten Numerik, was die Energie und Carbonenergie von der Stadt Lützeburg geht, ausgeschafft. Sind wir am Gang auszuschaffen, der Plan der Elektrifikation von den Autos, die fuhren wir weiter. Wir sind am Gang, eine Analyse zu machen von all den Installationen Photovoltaik, die möglich sind, auf all den Dächern, wo es möglich ist, setzen wir die sowieso dafür drauf. Wir sind am Gang, alle guten als Karten mit den Îlots de Chaleuren zum Beispiel zu fixieren. Wir sind am Gang, zu partizipieren in der nationalen bioklimatischer Karte, weil dadurch etwas, was ganz wichtig erscheint. Wenn wir bei Natur und Biodiversität kommen, da ist es so, dass wir am Gang sind und der Pakt Natur haben wir Zertifikation de Base. Wir sind am Gang mit den Instituten wie der List, eine ganze Gruppe akademische Recherchen zu machen, über den Zustand von der BM4, da können zu gucken, was wir besser können in der Zukunft machen. Wir sind am Gang die Renaturierung von der Phase 1 haben wir aufgeschlossen. Phase 2 haben wir lanciert 2024. Wir haben auch die Luga möglich gemacht 2024, wo wir eben 2023 Semé und 23 rekoltieren 2025. Das haben wir auch ab Jahr 2024 fertig gebracht, für das gut weiterzubringen. Wie gesagt, am Pakt Natur sind wir bei der Zertifikation Argent, wo wir über 60% leihen. Wir sind am Gang, an 2024 angefangen, das Konzept der Vegetalisation von der Stadt Lützeburg auszuschaffen. Wir probieren auch ein Oppenland-Konzept, haben wir auch angefangen, 2024 auszuschaffen. Wir haben als Ziel von 30.000 BEM. Wir sind auch am Gang mit einer Organisation, die IMS heißt, die sich ganz stark vernetzt sind. Bei den einzelnen Betrieben hier am Land haben wir auch das Projekt Trees in the City, Business in Action, wo wir eigentlich auch probieren, die Lokalakteuren am Business auch mal an ein Boot zu holen, wo wir auch den Local Green Deal lanciert haben. Wir haben eine Reserve forestière intégrale am Bernbusch angelöst. Wir gucken eben auch, dass wir am Kampf gegen die invasiven Pflanzen auch als Erfolge koordinieren.
Die seht also auch da sind wir am Gangen enorm viel Projekte Summen zu machen. Und all die Projekte sind natürlich auch extrem intensiver Ressourcen und brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit für die Sachen in dem Moment können zu machen. Dasselbe appliziert natürlich auch beim Urbanismus, aber bei der Konstruktion, wo wir wirklich auch probieren, verschiedene Modellprojekte zu machen und Mobilshaft, den extrem nachhaltig auch geriert wird. Wir haben den Wasserbehälter Kirchbirch, den extrem wertvoll auch an der Hinsicht aus. Wir sind am Gang, oder wir haben 2024 Passeport Energetik für 91% von unserem Logement, da 94% von den Bâtiments funktionell von der Stadt Lützeburg abgestellt. Wir haben einen Plan d'assainissement abgestellt über die einzelnen Bâtiments funktionelle von der Stadt Lützeburg, wo wir am Gange sind, Pläne vorbereitet oder vorgelöst zu kriegen, für notamment zum Beispiel die 2 von den energiewarsten Häuser, das 12.000 Cent, respektive Teil Victor Hugo, wo wir am Gange sind, um ganz konkrete Pläne zu schaffen, für die auch zu renovieren, ob energetisch Weise. Dann ist es auch so, dass wir beim Plan National contre le Bruit mitgemacht haben. Wir sind am Gange Checklisten zu präparieren für die mehr ökologisch sind für Bâtiment von der Stadt Lützeburg, dass wir da einstehen können, einfach auf eine gemeinsame Basis legen. Dann ist es so, dass wir eine ganze Gruppe einer Formationen natürlich auch mit diesen Leuten machen. Wir haben eine Plattform Reuse intern für die Rekuperation von Materialien. Dann ist es auch so, dass wir am Gange sind und eine Checkliste Bonpratik am Urbanismus zu schaffen, wo in dem Moment auch kann, wenn ich als Architekt dabei bin, dass ich auch daran aligniere, wenn ich daran interessiert ist. Wir schaffen natürlich auch ganz eng mit der Elaboration vom nationalen Reglement de Bâtisse, den am Gangen als ausgeschafft zu gehen, an den nach wahrscheinlich wird 4 Sommer oder Anfang Herbst präsentiert können gehen. Wenn ich dann bei Wasser komme, da merken wir, dass durch die viele Erfahrungen, die Madame Beisel an ihre ganze Service machen, wir auch eine Qualität von unseren Gewässern hier in der Stadt immer konstant verbessern. Auch das sind Sachen, die wichtig sind. Wir sind am Gange, wir haben am Gange enorm viel zu investieren, auch für die Überschwemmungsrisiken mehr klein zu halten, für die an den Griff zu kriegen. Wie gesagt, wir sind an der Renaturierung von der Petrus an der 2. Phase. An als Step Backen, also als Kläranlage zu Berge geht natürlich auch für die zukünftigen Herausforderungen präpariert, wird im Moment natürlich auch für alle Götten die Nachhaltigkeit, wo die Aspekte auch in Konsideration gezogen gehen. Wir sind auch froh, dass wir den Verbrauch von Wasser pro Einwohner in der Stadt auch konnte stabilisieren. Das heißt, dass wir auch hier nicht so viel verbützen, das ist auch wichtig. Das hilft uns natürlich auch am Deployment von intelligenten Konteren. Wir haben auch eine Amelioration, die wir feststellen beim Gebrauch von Pestizidien. Und dann ist auch, wie gesagt, dass wir am Gange sind, zu gucken, wo man nach so an Zeiten von großem Regen sind öfters Plätze, wo dann eben der Bulli raufrutscht. Da sind wir auch am Gang zu gucken, was wir können ökologisch umsetzen für die Situation, da eigentlich auch zu evitieren für die Zukunft dans la mesure du possible. Voilà. Dann, wenn ich bei Dorffeld komme, an Ressourcen, da sind wir auch am Gang zu stabilisieren, dass wir die Schäden per Habitant haben, die viel mehr stabil sind. Das ist evident, und das ist an der Kommission auch moniert gehen, dass wir mehr Aufhell hätten wie die anderen Gemeinden. Das ist ja evident, wenn wir eine Hauptstadt sind, wie Madame Pulver immer sieht, am Tag eine Stadt doppelt von Anwohner hat oder ob man Personen, die sich im Territorium von der Stadt befinden, wie an der Neustadt haben, die sonst keine Gemeinde hier am Land. Und das ist natürlich evident, mit den Industrien, mit den Entreprisen, mit den Spitälern, die wir im Territorium haben, dass man evidenterweise viel mehr Déchets haben wie die anderen Gemeinden. Wir auch hier als Erwer mengen ich mit Patrick Goldschmidt im Departement, wo extrem gut geschafft wird, für die Leute auch abzuklären, was sie können machen, wo sie den Tri können machen. Der Patrick Hudlo über den Minetkompost doch geschwärzt, wo wir auch eine weitere Alternative der Bürgerinnen und der Bürger proposieren, für die Situation nach besser an den Griff zu kriegen. Da sind wir natürlich am Gangen, auch in dem zukünftigen Centre de Ressources zu schaffen, den natürlich auch da wird ganz stark an die dritte Richtung axiert sind.
Voilà, wenn ich da bei der Mobilität gucken, auch da sind wir am Gangen enorm Fortschritte zu machen, wo der Patrick Goldschmidt mit seinem Departement da auch eine exzellente Arbeit möchte, für wirklich auch die Mobilität noch viel zu bringen. Denn als Statistiken gehen da an die Lut mit den Leuten, die wir am öffentlichen Transport transportieren, aber wir haben eine gewisse Stagnation am Trafik motorisé individuell, wird auch mengenlich ein Schritt ist an die richtige Richtung. Wir haben dann auf der anderen Seite auch als Chefrat, die für enger Zeitchen dezidiert, dass wir wollten, ob eine totale Elektrifikation von der Busflotte gehen, weil das hoffentlich wird Anfang nächstes Jahr gelingen. Und dann haben wir nach einer immensen Reduktion, wird das mitbringen vom CO2-Ausstoß hier an der Stadt Lützeburg, wird im Moment natürlich auch positiv erfahren wird. Für den Rest wissen alle Guten natürlich auch, wie viel Engagement das an der Stadt am Jahr 2024 mehr Wochen hinterher gemerkt hat, für die Extension vom Réseau, vom Tram zu machen, von der Recherche Elektriken, wo wir auch weiterkommen. Wir haben die Konzepte d'Apaisement vom Trafik, von denen Herr Bünwer auch schon geschwärzt hat, die wir am Gange sind, umzusetzen. Und da wird man auch an den doten Sujeten ganz gut weiterkommen. Dann für den Rest schaffen wir ganz viel, wie gesagt, mit den Subsidien, weil die Konsumation responsabel von den Bürgerinnen und Bürgern geht, also so, dass wir ja auch die besseren zur Verfügung stellen, wo wir auch am Gange sind, mit all den Green Events eng Alternativen zu proposieren, Subsidien für die Appareil Elektromenager, habe ich für schon dafür geschwärzt, und wir machen regelmäßig Repair-Cafés. Voilà, für den Rest sind wir auch am Gangen, den Gruppe d'Action Lokal am Kader von der Fairtrade gemengt, geschaffen, für das den auch mit Sensibilisationsaktionen am Grand Public kann schaffen. Wenn wir dabei zur Santé urbaine kommen, da ist es so, dass wir, wie gesagt, auch probiert haben, an dem Plan National de contre le Bruit zu schaffen, dass wir als Luftqualität largement verbessern konnten an den letzten Jahren. Auch durch die Elektrifikation von der Busflotte wird man da ganz stark Avancen kriegen. Voilà, wir werden da weiterhin auch immer mitschaffen. Wir werden auch an die Kommission Aéroportuaire invitiert gehen am Kader von dem Kampf gegen den Kamedi, dass das auch etwas ganz wertvoll ist. Voilà, dann aufschließend nach ein bisschen Information und Sensibilisation, wo wir da dabei sind, da ist es so, dass wir manchmal merken, dass 2024 auch viel mehr Leute sich bei uns melden, für Renseignements zu kriegen. Wir schaffen ganz eng mit der Klimaagenz zusammen, für alles an einer kohärenten, an aufgestimmter Form auch zusammen zu machen. Wir machen Formation intern. Und dann haben wir, wie ich vorhin gesagt habe, bei allen Editionen vom City Magazine eine Doppelseite über die Nachhaltigkeit, wenn das auch im Moment erlaubt, dort weiterzukommen. Schlussendlich nach E-Wort über die Kooperation und Partizipation, wo wir en effet am Gange sind, auch wir bleiben nicht auch bei der Grenze von der Staatsstelle. Wir engagieren uns an einem Gruppe de Travail für Quadropol über den Développement durable. Wir schaffen mit der Universität, mit dem Liste zusammen, wie gesagt, mit dem Projekt Vorlux, was die Budget geht. Wir schaffen mit IMS zusammen, davon habe ich geschwärzt. An der Quartiersplan haben wir probiert, ganz viel abzugreifen von dem, was auch an der Quartier nachher verbessert wird, wo wir am Gange sind, im Moment Propositionen auszuschaffen, die in dem Moment auch können eventuell umgesetzt werden. Das ist alles am Moment. Wir sprechen ja heute von 2024, wo wir auch an den Jardin Communautaire investiert, wo wir der auch im Moment neuer hatten. Voilà, ich meine, das ist ein bisschen an ganz probiert, so kurz wie möglich zu sehen, die gesehen, weil ich einfach nach ganzen Kooperationen übersprungen habe, die wir auch noch machen, wie viel das hier an der Gemeinde, an dem Environnement, an der Nachhaltigkeit, an die Lebensqualität eigentlich auch von den Bürgerinnen und den Bürgern investiert wird. Und da will ich von dieser Platz, wie gesagt, nach all den Leuten merci so. Und ich wäre auch wirklich froh, wenn den Rapport environnemental von allen Menschen durchgelesen wird, weil das eine Source von enorm vielen Informationen und da will ich so nicht. Alle Guten für die noch gepackt haben, noch zu lauschen. Merci für das Nachlauschen und ich bin natürlich gerne froh, für nach weiter auf Fragen zu antworten, wenn die nach da wären. Vielmals merci. Merci vielmals für die ganz flotte Durchstellung von einem ganz dicken Dossier, wo noch viel mehr Details dran stehen. Und ich ging da froh, wen will dort so schwätzen? Den Herr Costa, ja. Ja, Madame Bartolini. Herr Costa.
Vielmals merci. Ich meine, dass am Anfang wichtig ist, den Kontext zu erinnern, an dem wir im Moment sind. Wir haben im Moment einen Krieg am Iran mit Konsequenzen davon für die Energieversorgung. Wir sehen, dass die Preise für fossile Energie noch immer abgehen. Und das weiß, dass am Anfang benutzt, dass die energetische Transition ja nicht just wichtig ist für die Zukunft von unserem Planeten, wir am Anfang auch für unsere Unabhängigkeit, für unsere Sicherheit und damit auch für unsere Freiheit. Und ich meine, dass an dem Kontext wir auch heute über diesen Umweltaktionsplan schwätzen. Und natürlich hat es noch einen Impact auf den Portemonnaie, das merke ich gerade im Moment, steht mit niedrigen und mittleren Revenuen am allermeisten. Und ich gehe nur gleich noch mit dem Detail auf ein paar Punkte an, aber eine Sache, die ist auf jeden Fall für mich direkt klar, wo ich den Rapport gelesen habe, natürlich auch nicht geklungen, wo der Herr Bauer darüber geschwärzt hat. Die allgemeinen Zahlen, ich fand die gesehen nicht besonders gut aus, gerade wenn wir die Energietransition gucken. Bis 2030, also wenn den Zahlen vom Rapport ausguckt, an 6 Jahren, sollte man 44% mehr Energie an der Stadt verbrauchen wie 2014. 2024 stehen wir bei 13%. Das ist noch einen ziemlich großen Ekart. Wir sollten bis 2030 37% von unserer Energiekonsommation mit erneuerbaren Energien aufdecken, die in der Stadt produziert gehen. Wir liegen 24 bei 4%. Die Ekart ist noch mehr groß, wirklich immens groß. Und wir sollten auch, was die Emissionen angeht, die bis 55% reduzieren. Da sind wir gerade mal bei 2%. Also da sind wir quasi bei demselben Niveau, wo wir nach 2014 waren. Das Zölle sind, ich fand, das kann ich nicht sagen, sie sind alarmant. Und gerade beim Ausbau von den Erneuerbaren und bei der Reduktion von den Emissionen kann ich sich bei den Zöllen vorstellen, ob die Ziele überhaupt noch zu erreichen sind innerhalb von 6 Jahren. Aber wir sind schon 2 Jahre spät wie die dort Zöllen. Wir wissen natürlich nicht, wie Zöllen heute ausgesehen. Und aber stelle ich mir wirklich echt froh, ob das überhaupt noch möglich ist. Das Problem, das wir aber gesehen haben, dass voilà, das eigentlich schon so eine Situation, die wir haben, wenn die dort Zölle gesagt, da müssen wir eigentlich hingehen und sagen, okay, wir müssen massiv zusätzliche Mesuren holen, für wir uns probieren, die Ziele zu erreichen. Das Problem, das wir gesehen haben, ist aber, dass sogar das nicht an dem Maß auf jeden Fall geschieht, wird wahrscheinlich nötig wird. Wäre ja eigentlich zu erwarten, dass vielleicht ein neues Mesurenpack auch annonciert, eben gerade für zum Beispiel die neue Energie weiter auszubauen. Wir sehen, dass wir da weiter dran sind, wenn wir den ganzen Territoire gucken. Mit dem Plan, weil die sehen wir hier an diesem Plan d'Action nicht wirklich. Das nicht wie wir nicht gemerkt gehen, das will ich nicht sagen. Wir sehen eine ganz gute Initiativen. Zum Beispiel die Schafe von einer Kommunität Energetik innerhalb von der Verwaltung oder auch Etüde, die gemerkt haben für Wandenergie oder auch Agri-PW an der Stadt zu gucken, was da möglich ist. Wir sehen noch, erkennen doch dass die Zölle bei der Gemeindeverwaltung selber besser sind, und aber ist da auch noch einen Effort zu machen bei Energieeffizienz. Tatsache ist aber, dass die strukturellen Hürden, die wir haben und die noch immer gehen für die Transition, die Energietransition, dass die noch immer da sind und dass die Transition bremsen und dass die nicht sehr genug angepackt gehen. Und dass das eben noch verhindert, so wie die Frau gesagt hat, verhindert am Anfang, dass die Leute Teil von der Lösung gehen, wann Bremsen da sind, Hürden da sind, die ihnen das nicht möglich machen. Weil wir haben noch immer Dispositionen an unseren Gemeindereglementen der PHP, die energetische Renovierungen nicht möglich machen, die den Bau von Solaranlagen verhindern. An der Kommission wurden noch ein Beispiele genannt, an der Beispiele gibt es leider ganz viel. Natürlich soll ein nationales Baureglement kommen, das sind wir uns bewusst. Wir begrüßen das auch, falls es dann überhaupt jemals Realität gibt. Sicher ist das auch noch nicht. Wir meinen aber, dass das nicht aufwerden sollte und dass wir auch am Niveau von der Stadt weiter sollten durch schaffen, für uns Regeln anzupassen. Wir konnten dazu an der Kommission gesagt, dass schon viel Arbeit gemacht wird von den Services. Und es wäre ja eigentlich auch schön, wenn die Arbeit dann ein bisschen verloren wird. Und ich hätte eigentlich gemeint, dass Koalition wäre die Koalition von der administrativen Vereinfachung bei Verwaltern nicht hier. Dort wird gesagt, mit 4 Schriften erreicht ihr nicht viel, weil justement hier sind 4 Schriften, die bremsen, dass es 4 geht. Das heißt, hier müssen wir von 4 Schriften reformieren, vielleicht zurückholen, vielleicht adaptieren, vereinfachen, für dass es dadurch mir einfach geht, für an die Richtung von erneuerbaren Energien zu gehen. Genau, dann just noch mal zu dem Solarstrom auf der Gebäude von der Stadt Lützburg selber, weil du gesagt, wenn ich richtig verstanden habe, dass da gibt eine Etüde im Moment nach machen, was da nach Möglichkeiten sind.
können da jetzt vielleicht mir genau so wie viel Potenzial schon genutzt ist von dem Wetter, also ob die Gemengen eigene Gebäude, wie viel Potenzial ist noch da, wir mengen das in Heim muss prioritär umsetzen. Ein anderer Punkt, den Gemengen natürlich kann beeinflussen, das ist das Finanzament. Stadt Lützeburg gibt ja heute schon Äden zusätzlich zu den Äden vom Staat, das fanden wir auch gut und richtig. Wir stellen uns aber froh, ob nicht nur der richtige Moment für gerade in der aktuellen Situation, wo wir gesehen, dass die Energiepreise, fossile Energien herabgehen, ob es nicht der richtige Moment wäre, für die Äden noch eine Uhren anzupassen, für ein Signal und Bürgerinnen und Bürger zu gehen, dass es der richtige Moment ist, daran zu investieren. Wir meinen, dass das der richtige Moment ist. Genauso kennt Gemeng auch mehr proaktiv und Bürgerinnen und Bürger durchgehen, für eben gerade ganz Quartieren, Häuserreihen, ganz Iloen zu renovieren. Ich hatte dazu auch vorgestellt in der Kommission auf Stadt Lützeburg envisagiert Initiative, wie sie schon an andere Gemenge gibt, zum Beispiel zu Verding von zu Summe renovieren, so etwas auch an der Stadt zu lancieren, wo eben die Stadt proaktiv auf die Leute zugeht, für ihnen zu erklären, was Möglichkeiten sind. Die Antwort war, dass es schon eine Bereitschaft von der Stadt Lützeburg gibt. Auf jeden Fall mal am Service hat das so geklungen, aber dass es da im Retour von der Energieagence fehlt. Mich gibt es interessieren, wie der Chef hat gesagt, ob ihr so ein Projekt nicht auch könnt umsetzen an der Stadt. Und wenn du das Problem auf dem Niveau von der Regierung hast, vielleicht kann ihr nur intervenieren. Ich meine, Kontakt, da müsst ihr eigentlich da sein, für das zu machen. Genau, und da bräuchte man auch bei der Wärmewende, also Dämmklammen oder erneuerbare Energie beim Hützen, eine klare Strategie. Wir stellen leider fest, dass echt darauf gewartet wird, bis von nationaler Seite etwas könnt, bis in der gezwungen wird, etwas zu machen. Das ist nicht wirklich eine proaktive Haltung da. Und das ist aber nicht, wie wenn wir noch viel Zeit hätten. Dafür bin ich froh, weil das mit Chef der Plan für die Stadt der Bürgerinnen und Bürger dabei zu unterstützen, für fortzukommen, justement vom fossilen Gas, Stichwort Fernwärmenetze. Und voilà, damit gibt man jetzt alle Guten mehr unabhängig machen von den Preissteigerungen, wie man sie im Moment gesehen hat, wie man sie eventuell, wenn der Konflikt im Moment gesehen am Iran noch weitergeht, auch vielleicht beim Gas werden in den nächsten Jahren werden zu spüren kriegen, wie wir das für eine paar Jahre schon hatten. Ich komme dann zu einem anderen Aspekt der Mobilität. Das ist natürlich eine ganz wichtige Wolle. Ich gehe nicht am Detail darauf an, weil das auch auf anderen Plätzen zu anderen Momenten noch groß diskutiert wird. Es geht am Punkt 2 Levien, in denen das die Alternativen zum Auto fördern. Der zweite ist, die fossile Verbrenner zu ersetzen durch Elektromobilität. Ich meine, beim ersten Punkt kann ich sagen, du hast viel geschieht, ohne darauf anzugehen, was für Merit wird für werden. Ich meine, das ist nebensächlich. Den Tram 4, der wird immer mehr genutzt. Umso mehr wichtig ist es, dass man noch ohne Verzögerungen weiter ausbauen. Auch beim Velo die Sache geschieht und es dürfen noch kürzlich neue Infrastrukturen annonciert, die auf alle Fälle mal ein paar Bayer ganz gut ausgesehen. Die Tatsache ist aber so lange, wo man kein integral zusammenhängenden Velosnetz haben und dafür sorgt, dass Bürgerinnen und Bürger sicher und kommod an der Stadt mit dem Velo von AOP kommen. So lange wird ein Velo auch keine reelle Alternative sein für viele Leute. Dafür brauchen wir ein integrales Konzept für die Stadt. Aber wir freuen uns auch darauf, dann die Tüte, die vom Schäferrot gemacht wurde, an die Richtung, für die wir können zu sehen, dann ist dann noch als Gemengerot zu ein Bild zu machen, für die ganze Strategie zu sehen. Für uns ist auf jeden Fall klar, die Dus-Mobilität muss in der Stadt vielfach kreieren. Das ist gut für das Klima, für eine proper Luft und allgemein eine bessere Lebensqualität. Aber wir werden noch die Umsetzung von den annoncierten Verbesserungen im Velosreso genauso wie wären. Zu den Vollen Umwelt, Naturschutz und noch Wasser wollte ich euch felicitieren für die Initiative, für viel mehr Bäume zu pflanzen in der Stadt. Das ist natürlich auch wichtig, dass man nicht just für allem auf Parken konzentrieren, sondern allgemein auch im öffentlichen Raum. Der Konto fand ich auch ganz flott, den du am Platz gesagt hast, fand ich eine flotte Initiative. Voilà, wir bereisen noch alle guten Projekte von der Renaturierung. Da erinnern auch das Projekt zwischen dem Pfaffendaler Becken als Pfaffendaler kenne ich das Problem vom Heischwasser natürlich ganz gut. Das sind Phänomene, die leider immer mehr Hefeschwerte gehen. Auch noch, wenn man Sachen nachholen, werden trotzdem wahrscheinlich immer noch ein Problem bleiben, und mehr schlimm gehen. Und dafür müssen das Projekt für Renaturierung auch eine absolute Priorität tun. Genauso meinen wir, dass es eben trotzdem nachher weiter so Probleme gehen. Und Gemeng huet do fir de Betroffene jo ein gratis Expertise vun ihrem Team proposiert, genauso wéi och kommunal finanzielle Unterstützung, wann de mesureuren hëlt. Fläich kënne man so, wann ich mech net ieren, ass die mesurerecht gratis im Moment fir de Plan d'Action also 2024 afordert ginn, wo der schon zuele, wieviel Diät genutzt gëtt, ob dat ukënnt bei de Leiit. Dat wär interessant zu wissen. Eng einer fir Präventivmesuren zu holen an wie vun Prävention de Cru, Inundationen. Genau.
Eng aner Aid, die auch schon existiert, dass die fir Topfänke vu Rewasser am Rapport steht, aber das bislo keng enzig Demont zu Kommers. Hast du Apps geplant, fir Fleisch das zu favorisieren, dat mir bekannt zu machen, voilà. Auch Fleisch an der eigener Verwaltung sind du Sache geplant, wird zu gucken, wie Karrierewasser nutzen, an du dich auch Konsumation von Trinkwasser zu reduzieren. Und dann der letzte Punkt, den an den letzten Jahren noch manchmal immer im Abkommen ist, dass der Kalkgehalt am Wasser, verschiedene Quartiere sind ja mehr davon betroffen wie andere, weil sie eben kein Wasser von der Seebass kriegen, von Quellen. Und da, soweit ich informiert, sind die Überlegungen für, dass direkt am Niveau von Quartier oder mehr zentral am Niveau entkalkt. Voilà, also das noch immer ein Projekt, den soll kommen, aber ja, das ist schon wie nie. Da komme ich zu einem wichtigen anderen Punkt, das ist den Auffall. Ich will auch eine positive Initiative vorstreichen, die man an der Kommission erklärt wurde. Ich meine, die hat es schon genannt, Herr Bauer, nämlich das Ersetzen von einer internen Plattform innerhalb von der Gemeinde für die Benutzung von Materialien. Das ist eine super Initiative. Wenn ich aber Zahlen allgemein angucke, dann sind wir beim Auffall schon nicht da, wo man könnte sein. Am Bereich also auch vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren. Wir hatten als Kring schon lange für dem ich hier sitzen, für 7 Jahre, also schon ein Zeitchen hier, hatte man eine ganze Reihe Proposen gemacht. Wir hatten gefordert, eine klare Null-Auffallstrategie für die Stadt mit verbindlichen Zielen und klaren Mesuren, voilà, deutlich den Auffall zu reduzieren. So eine Strategie geht es bislang an dem muss auf jeden Fall noch nicht. Wir hatten noch kein EW-Plastik gefordert bei öffentlichen Manifestationen, das gibt mittlerweile EU-weit geregelt. Wir hatten diese Disposition für die Assoziationen von den Spülwähnchen gefordert, da das bislang, soweit ich weiß, auch noch eine Realität, obwohl das etwas ist, ich meine, das aber relativ einfach umzusetzen wird. Wir hatten mehr Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger für drin benutzen, Flecken, Recyclage und so weiter gefordert. Die hat für die Initiative für Repair-Cafés schon genannt, die jetzt schon gibt. Vielleicht muss ich das noch intensivieren. Wir hatten mehr Ressourcenzentren gefordert, für die Bürger mehr einfacher kommod zu machen. Das steht auch am Rapport, dass das kommen soll. Wie nie, als mich froh. Aber wir hatten gefordert, dass man mehr Mesuren holen, für das auch richtig getrennt wird, für die Mülltrennung zu favorisieren. Hier ist die Realität, dass aber ganz oft das nicht der Fall ist. Und bei einer relativ einfachen Mesure, gebe ich Menge, wäre schon mal für bei den eigenen Elementen von der Gemeinde umzusetzen. Ich meine, das wäre schon kurz angeklungen an die Rotdreckskosten, die man ja dann bei den großen Elementen immer gesehen, sie hat das Christmärz oder Fauer, an die zu ersetzen, eben durch mehr Backen, wo ich Country machen. Das gibt ja schon einen großen Impact, gerade auf den großen Events, weil da aber viel Auffall entsteht. Und schließlich, der François Bonner hat ja schon eine geschwerte Reform von den Auffalltaxen, eben je nur Gewicht oder eben nur die Hefigkeit, wie den Auffall aufgeholt wird. Da hat den Herr Goldschmidt früher schon einen Strop geändert. Beim Magazin haben wir Fortschritte, wir eigentlich nicht die meist nur 7 Jahre, nachdem wir die Förderung gestaltet hätten, erwartet hätten, die Steuer vielleicht noch ein bisschen erbischt. Ich komme zu einem letzten Punkt, dem Urbanismus. Die hat für schon angeschwärzt, dass da eine Checklist wird aufhören für Best Practices für nachhaltigen und gesunden Urbanismus. Das klingt eine gute Initiative. Mich würde interessieren, ob da schon einen Zeitplan hat, wie das soll kommen, wie das an der Kommission, wie das soll an der Kommission präsentiert gehen und ob das, wie genau die soll umgesetzt gehen. Also geht die bei all neuen PRP dann quasi als Referenz geholt. Also wie können wir uns das vorstellen, was genau da soll geschehen? Merci am Vierhaus für eine Antwort. Voilà, zum Schluss gebe ich dann nach so, dass der Rapport ganz flott abgeberedet ist, ganz gut gemacht ist, das ist übersichtlich komplett. Ich meine, das muss ich wirklich anerkennen. Es merkt den, dass am zuständigen Service ganz viel Engagement da ist, ganz viel Lust da ist, für etwas zu bewegen. Das ist wirklich super. Und ich meine, wir wollen für die Leute, die Arbeit machen, noch wirklich merci so für ihren Engagement, für ihre Arbeit. Es sind dementsprechend auch eine ganze Reihe gute Initiativen dran. Ich habe sie auch schon der Impulse davon genannt. Aber auf verschiedene Bereiche fehlt dann aber nach einer Ambition, gerade am Bereich Energie, wo man ja auch am aktuellen Kontext gesehen, dass es umso mehr wichtig ist, dass wir dafür kommen. Und natürlich kann eine Gemeinde nicht alles machen, das ist klar. Sie ist viel abhängig von dem, was am gesamten Land geschieht. Sie ist viel abhängig von dem, was auf nationalem und europäischem Niveau geschieht. Aber sie kann und soll aber auch ihren Teil dazu beitragen, dass wir hier kommen und da ist an Eisen an, aber nach ein bisschen Luft nur öffnen. Für uns ist also klar, wir brauchen ein mehr Tempo, gerade bei der Energietransition und auch bei der Auffallvermeidung, weil just so
machen wir es mehr unabhängig als sicher noch also kann er die neidisch Lebensgrundlehren für eine gute Zukunft. Vielmals merci. Vielmals merci auch, Herr Costa. Und da ging ich dann Madame Bartolini. Merci Madame la Bourgmestre pour la parole. Chers collègues, nous souhaitons d'abord remercier Pierre Schmitt et ses équipes pour la présentation, ainsi que l'ensemble des services pour le travail réalisé. En commission, on a vraiment pu rentrer dans les détails du rapport. Et ce qui ressort clairement, c'est la qualité du travail, les progrès qui ont été faits ces dernières années. Notre groupe du CSV soutient cette dynamique. On voit qu'il y a clairement aujourd'hui quelque chose de plus structuré, avec des priorités claires, notamment sur l'énergie et le climat, l'urbanisme et la biodiversité. Je veux aussi souligner un point important, l'effort qui a été fait sur la communication, le résumé en 2 pages et surtout l'infographie qui sera distribuée en toute boîte. C'est essentiel, parce que ces sujets doivent être compréhensibles par tous. Sur le fond, ce que les échanges en commission ont bien montré, c'est que la ville agit, mais qu'elle ne peut pas tout faire seule. On le voit sur les données. Les délais sont difficiles à réduire parce qu'on dépend aussi d'acteurs extérieurs. On le voit aussi sur les émissions de CO2. Les évolutions ne sont pas toujours linéaires, notamment à cause du secteur professionnel. Donc il faut être lucide. La transition ne dépend pas uniquement de la ville, elle dépend aussi des habitants, des entreprises et du cadre national. La ville met en place des outils, des aides, de l'accompagnement. Elle avance, elle teste, elle s'adapte. On y voit d'ailleurs qu'il y a des actions concrètes qui se développent, que ce soit sur les bâtiments communaux, la production d'énergie ou encore la végétalisation de la ville. Mais elle ne peut pas contraindre. Et sur certains sujets, on reste dépendant de décisions prises à un autre niveau. Et c'est là, pour nous, le vrai enjeu pour la suite. Comment on passe à l'échelle? Comment on implique davantage les habitants? Et comment on mobilise plus fortement le secteur privé? Et comment on arrive à lever certains freins au niveau national? Parce que le rapport le montre bien, on avance, mais ce sont des politiques de long terme avec des ajustements permanents. Donc oui, il y a une stratégie, oui, il y a des résultats, mais l'enjeu, c'est d'accélérer à l'échelle du territoire. Je vous remercie. Merci auch. Und da ging es dem Schaffenrem fortgehen. Herr Weidisch, der hatte ich nicht gemeldet, mit der kriegt aber das Wort. Ja. Ja, merci. Ich wollte doch dazu Personen an zu den Aussagen vom Herrn Costa. Also ich muss ja sagen, also ich meine, wir leben in verschiedenen Realitäten. Also ich kann wirklich nicht mehr sagen, dass dir als die Geringe ich verkaufen will, noch mit der Emotion, dass dir irgendwie, wenn man nach mehr falsche Politik machen, dass man dann etwas noch Besseres rauskriegt. Also das ja. Also ich weiß nicht, was das ist. Das ist, dass der Schweizer immer vom CO2 und kritisiert, der Stadt Lützeburg, ja, machen wir kein Progress, also weiter und so fort. Ich meine, da können schon mal angucken, was die Produktion von CO2 an Deutschland ist, par rapport zur Produktion von CO2 auf Frankreich. Und dann merkt ganz klar, Deutschland steht am meisten CO2 aus. Für was das auch hauptsächlich, ich finde es eher eine geringe Ideologie, an als sogenannte Energiewende, die das ganz toll besser machen. Das genau der Gegenlass passiert, die Energiewende soll CO2 reduzieren. Am Moment nicht, sie reduziert nicht, sondern viel mehr heiß. Also auf dem Point de vue sind sie da definitiv auf der falschen Bühne. Die kritisieren doch, dass Preise also heißen, die Energiepreise so weiter, aber auch da geredet hat Etüden, eine Etüde von JP Morgan, die zum Beispiel bei der geguckt haben, einen Atomausstieg an Deutschland, wo man den nicht gehabt hätten, da wären Preise 25% Manner heiß. Für auch da dann ist argumentieren, ja, wenn man als Falschpolitik nach mir machen, dass dann besser rauskommt, das fand ich wirklich auch fern von aller Realität. Und auch bei der politischer Lage, auch da ist es gerade, wenn wir eben keine rationale Energiepolitik machen,
immer méi probieren halt falsch Politik halt zu machen, der ja all die anderen Parteien dem Mat dat ja auch mat dadurch halt geopolitisch komplett erpressbar gin mir hun die Energiewende, die sollte ja anscheinend funktionieren. Wir machen halt erneuerbar an der Mammer dann nach Gas dabei, de bëllesche russische Gas, eben dat funktioniert am moment net, de krämer net an den LNG-Gas in aus Amerika rüberken, der Schiefergas als Fracking, das onnet grad super duper umweltfreundlich, dat funktioniert net an all Utopien, dat mat Batterien hat die Fluktuationen vun der Erneuerbaren do ausbalancen kann das komplett utopisch an lo frei hinnner zu kommen an dann ne denke so eng Emotionen an so man nach mir so fall die Politik do weitermann da geht besser also ich mengen dat net ich mengen wat funktioniert als dat man halt eng rational Energiepolitik soll man an der Stadt all Energiequell soll benutzt gin signalfir no haben wir sollten net einfach ideologisch an eng Richtung rennen erneuerbar das wahrscheinlich den Holz an den anderen Problem, also auch all die Subventionen, die man machen, als pur Verzerrung vom Marché. Und sie sind auch absolut überrascht, dass halt ein DP all die Verzerrungen vom Marché konstant matt nicht bei der Subventionspolitik, weil das ganz einfach, wenn die Technologien wirklich total ausgereift wären, also sie wären scalable, da brauchen wir null Subventionen. Weil wir Subventionen brauchen, weil wir so viel müssen pushen, heißt das im Moment noch nicht reif sind. Ich hätte doch lieber, wenn sie halt reif wären, aber das sind sie im Moment nicht. Und es bringt absolut nichts, gut Steuersuchen auf schlecht Prozent zu schmeißen. Das bringt absolut überhaupt nichts. Ich fand, wir sollten natürlich eine Umweltpolitik machen, Energiespuren als selbstverständlich eine gute Idee. Das auch hat eine gute Idee, halt mehr Bäume zu pflanzen. Das ist natürlich auch im Sommer gut. Und auch für halt das lokale Klima ist das gut. Einfach an die Richtung von der Energiewende zu gehen, und einfach nicht voll drauf und einfach beim Moment suchen. Da machen wir einfach mehr suchen dran und haben das Problem gelöst. Das wird definitiv nicht passieren, verbessern, wenn wir von da bessere Zehren an die Suchen dafür andere Sachen holen. Merci. Merci, Herr Weidig. Und lo, gehen Stimme, Herr Bauer. Kann ich vielleicht just noch kurz, wann ich darf, Motion noch kurz erklären? Ja, vielleicht kann ich noch 2 Worte sagen, denn Herr Weidig natürlich schon reagiert, ohne dass ich es präsentiert habe. Das vergisst hat. Ja. Das zurückgezogen. Nein, habe ich nicht. Just vielleicht kurz als Reaktion zum Herrn Weidig. Nee, wann ich kliff nicht. Nee, da sind wir heute nicht gewinnt. Gut, an der Reihe. Ja. Jeden seid sein, dann... Gut, das ist auch gerade so gut, wenn man das vielleicht stehen lassen. Ja, gut, ich just kurz zu erklären, was man an der Motion fordern, die am Anfang das rümmelt, werde ich schon eine Menge Interventionen gesagt tun, konsidere eben die Zölle, die wir im Moment tun, gerade an der Energietransition, die eben nicht so gut ausgesehen, und eben noch Potenzial, die wir haben bei den erneuerbaren Energien, wird die Energie unabhängig geht, sobald sie installiert sind. Wir haben heute Propos für den Kollege Echevinal zu invitieren, für ein Mesurepack auf den Tisch zu legen, justement für die erneuerbaren Energien und noch die energetische Renovation zu fördern. Erstens, zweitens, und dort werden an Teil von dem Mesurepack zu gucken, für das Baureglement dann noch SOS Plan d'Aménagement anzupassen, für erneuerbare Energien an energetische Renovierung an der Stadt zu favorisieren. Drittens,
zu gucken, weil Potenziale sind am Niveau von der Stadt, von den eigenen Gebäuden, an do prioritär führen zu kommen, mit erneuerbaren Energien. Viertens, die finanzieren zu hegen, gerade lo für ein zusätzlichen Signal zu gehen und Bürgerinnen und Bürger zu investieren. Fünftens, ein Projekt von Renovation energetik von Quartieren oder von Iloen, von Gebäuden, 40 gesehen, wie das eben schon an andere Gemeinden gemacht wird, und schlussendlich auch zu gucken, eine Kommunalstrategie en faveur von der Wärmewende zu haben. Für justement zu gucken, wie können wir auch gerade an dicht besiedelten Quartieren dafür sorgen, dass sie effikaz kann hützen in Zukunft und dadurch emissionsfrei. Merci, dass ich das einfach erklären konnte. Merci auch, Herr Costa. Das war tipptopp. Und dann Herr Bauer. Voilà, vielmals merci. Ich will euch Orologist so, dass wir heute Morgen rund 400 neue Bäume gepflanzt haben zu Hamm, mit den Kanner von Hamm, wo wir Bäume an sogenannten Haies Gourmandes gepflanzt haben. Das heißt, da können Kanner an der Wurzeln Land spazieren und dann können sie da von Kiste bis zu ganz anderen Früchten alles essen, was da auch gepflanzt ist. Und das geht ein ganz flott Ding. Ich wollte das mal auch so, für zu weisen, dass wir an Effekt nicht ganz viel anscheinend machen. Dann will ich euch auch direkt vielleicht den 11. April invitieren auf den nächsten Repair-Café, den 12. April auf den nächsten Second-Hand-Markt, der den Vide Grenier ist, wo in dem Moment Sache kann eine zweite Chance geben. Und auch den 15. Juli auf den Second-Hand-Marché für zu weisen, dass wir wirklich da an dem Ding sind, das ja in der Straße, dass wir da ganz viel machen. Wenn ich immer dir, Herr Costa, aufhängen darf, den Schluss von Ihrer Rede hat mir besser gefallen wie den Anfang. Da wo der eigentlich zum Schluss unerkannt hat, dass eigentlich ganz viel gemerkt hat, dass er auch unerkannt hat, dass nicht alles so einfach ist, immer zu machen. Weil die sind am Anfang ein bisschen am Piffer, sie wird Gemeng gefahren mit deren Zölle, wo der Reis da durchgestaltet wird, wie wir gar nicht machen. Da wenn es Herr Nora tut, Stadt ja verbessert, weil er tun aber bereit wird, uns erkennen, dass man eine ganz richtige Sache geht machen. Und da will ich auch merci sagen für die Unerkennung. Ich merke nämlich auch, die hat unerkannt, mir auch einer renommiert Leute, die als notamment die Zertifikation, die Gold-Zertifikation vom European Energy Award gehen haben, die sind wahrscheinlich auch nicht alle gut auf den Kopf gefallen an verdelen die Gold-Zertifikation, die da ja 25 Gemengenheit zu Lützeburg von 100 Kruten bis lo. Verzählen sie wahrscheinlich nicht einfach so, weil sie nichts Besseres zu tun hatten, da will ich aber auch, ob Meinung zurückkommen, dass wir wirklich auch an der energetischen Transition nicht oder nicht viel gemacht hätten. Ich komme nur bei Rutsch Frohen, die da gestaltet hat, zurück, der das Potenzial auf den Gemengen dirschen. Natürlich ist das für uns eine Priorität. Anstatt Lützeburg geht man ein gutes Beispiel für. Wir probieren alles, das auf all die Tage von der Gemeinde Lützeburg, wo wir können, etwas drauf machen, probieren wir etwas drauf zu setzen. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel. Op der Victor Hugo Hall, weil eine riesige Fläche ist, wollte man Photovoltaik drauf machen. Da kriegen wir gesagt, dass aus städtischen Gründen das gut nicht möglich ist. Los sind wir am Gang zu gucken, ob wir nicht eine andere Lösung finden, wo ich dann man schwerer Placke vielleicht kann da drüber machen, für, wenn wir nicht wollen, dass dort abgeben. Wir probieren bei allen Neubau, bei allen existenten Gebäudigkeiten, wo eine Möglichkeit ist, probieren wir das dort zu machen. Die hat gesagt, mit den Äden, dass dat du gin en ganze Grupp Äden. Die sind rezent angefordert gin, du si immer am gang en Publizitéit dafür zu machen, dofir Ortrocht den tut Bord, de lo am nächsten Dee Schwerte verschecke, fir de Leiit einfach auch zu so. Heide du göttet Appes neben dem wat der Staat auch gött, mir werden du sicherlich an. Die sit auch an der Kommission informiert gin, dass man am gange sind de ganze System vun den Äden zu iwwer schaffen, notamment wann das Leid Energiegesetz könnt, wird man das als Abhänger tun, für das auch zu verbessern. Du willst als das auch etwas wird. Aber das ist eben das, was ich einfach immer schwört von, wann da so Sachen so, die dann einfach an der Kommission von also Leid schon erklärt kriegt, für die dann immer auf froh zu stellen oder zu machen, wenn das nicht erklärt wäre, das kann besser sein, sagen wir mal so. Das ist ausbaufähig.
Dann Prävention der Cru hat gefragt, wie viel dort Leid geben, wie viel helfen, da kann ich am Moment keine klare Schiffer drauf so. Das so, dass man da ganz klar eine massiv Kampagne gemacht haben. Ich meine, wir waren auf 4 Plätze, wo man die Leute über den Teichwasserschutz an Möglichkeiten da wirklich am Detail während der ganzen Abend, da wo es ganz, ganz warm war, kann ich mich erinnern, alles erklärt, für wirklich hin, wir gehen mit weit Leute heim, für ihnen zu beraten, für wirklich den Moment auch ihnen nachher am Detail zu erklären, wo sie können eine Hölle wufroen. Du willst schmengen, dass das einfach an das interessiert, hauptsächlich die Leute, die konzerniert sind, dann schmengen, die wirst selber wieder gesucht, wieder als Parkendaller jung, wirst du am besten wieder das, und du willst probieren, wir da wirklich auch enorm präventiv zu schaffen an der Hinsicht. Die hat auch im Moment von der Spulwenerscher geschwärzt, das wäre nicht so kompliziert, das haben wir uns auch am Anfang gedurcht. Wie wir da bis angefangen haben durchzudenken, wie wir da können den Assoziationen helfen, haben wir aber, an dem wir dann die ganze Sache an ihrer Globalität geguckt, was heißt das, wie fleckt den, wen ist dann der Weekend permanent für dann zu flecken, wenn die Sachen nicht gehen. Wie viel haben wir da? Wir haben am Juli 250 Feste hier in der Stadt, am Januar haben wir da 3. Wer kriegt dann eine Spulwünschen? Also den nächsten, also den 10., also ich weiß nicht was. Du weißt, das ist nicht so einfach. Wir sitzen schon stundenlang dort zusammen mit unseren Leuten aus dem Service, die eine fantastische Arbeit machen, für alle Situationen zu analysieren, für wirklich zu gucken, die bestmögliche Lösung zu finden. Und das ist etwas, wo wir nachher mal drin am Gang sind, schaffen, was können wir den Clip zur Verfügung stellen, für die Situation mehr einfach zu machen für sie. Wir wollen aber auch da etwas machen, was anders an der Fuß hat, für das man nicht nur eben durchstehen an Ungerechtigkeiten hun, weil die eng neisch können machen, während die anderen etwas können machen. Du weißt, wir sind hier für die Allgemeinheit zuständig. Aber wir sehen, an der etwas wird an viele von ihren Machen, leider Gott dafür könnt, wir sind an dem Daily Management von der Gemeinheit. Wir müssen pragmatische Lösungen finden, aber wir sind nicht an der Ideologie, wo wir können einfach irgendetwas als Ziel setzen und das dann hinschreiben und dann machen, wie wenn das easiest wäre, für das zu kriegen. Das geht leider Gottes nicht so. Vieles von dem, was da kritisiert wird, als bei uns an der Verwaltung mit den politisch Responsablen schon analysiert gehen, als probiert gehen, aber das hängt eben an der praktischen, an der pragmatischen Anwendungsmöglichkeit, die wir da haben, die oft Schwierigkeiten durchstellt. Mit denen muss mir natürlich am Alltag eins gehen. Und das probieren wir zu machen, am Ende von den Bürgerinnen und den Bürgern, weil das als größte Sorge für die Stadt nachhaltig aufzustellen, dass die Qualität de vie von allen Menschen bestmöglich ist. Die sind natürlich auch an ihrem Rolle. Wir müssen aber an unserem Rolle für Stand zu so, wer da eben nicht richtig so. Dann hat von den dezentralen Ressourcenzentren gesprochen. Auch die sind wir am Gang zu planen. Auch die wird eigentlich kommen. Aber auch den braucht es Zeit. Wir sind nur am Gang, mal auch nach den ersten, also den Changement von dem Hygieneservice an den neuen Ressourcencenter umzusetzen. Und dann könnt dann den anderen auch umzusetzen. Die hat von der Checklist gesprochen, die da begrüßt, werde ich auch ganz froh sind dafür. Das ist etwas, was wir wollen, die Bürgerinnen und die Bürger zur Verfügung stellen, nicht mehr. Wenn eine neue PHP ist, sollen die Bürgerinnen und Bürger die können gebrauchen, wenn sie eine Guidance wollen haben. Mit das nicht, was wir hier als Staat obligatorisch werden machen. Wir haben uns als Checklist gehen für als eigene Gebäulichkeiten, wenn der Architekt will, die überholen. Das ist sicherlich eine gute Idee, wenn er das machen will. Aber das ist aber nicht, was obligatorisch ist. Wir applizieren die Prinzipien, die Checklisten als eigene Gebäulichkeiten. Die zweite, von der ich gesprochen habe, das ist eigentlich, wie gesagt, die am Allgemeinen mehr über den PHP kann appliziert gehen. Aber das dann in den jeweiligen Metro d'Ouvrage, für zu dezidieren, dass sie das dort wollen machen. Voilà, ich meine schon nur ein rötchten Ausstieg vom Gas als ein Teil von der kommunalen Wärmeplanung, die wir am Gange sind zu machen. Bei neuen PHP gibt es sowieso schon kein Gas mehr. Für den Rest, wie gesagt, die Rekuperation vom Rehwasser, also Bestandteil von unserer Checklist, die Rekuperation von Baumaterialien, wie gesagt, die hat das begrüßt, dass wir die Plattform gemacht haben innerhalb von der Stadt. Aber ansonsten sind das natürlich immer auch abhängig von den Servicesystemen, die da ganz Lützeburg am Land gehen. Voilà, ich meine, du hättest da, ob die meisten Sachen machen,
Wir werden auch immer ein Klimateam, da tun wir 2-mal am Jahr zusammen, für dem auch irgendwelche Informationen zu gehen. Da können wir auch eventuell gucken, ob man nach mehr aktuellen Themen, du kriegst ja normalerweise so die aktuellen Chiffre präsentiert. Das heißt also nicht, dass ich kann sagen, dass die Zahlen, die da gesagt wird, die beziehen sich natürlich auf das Jahr 2024. Und ich kann nicht sagen, dass wir heute schon viel mehr weit sind an dem, was wir wollten erreichen. Aber wie gesagt, die Experten von dem European Energy Award, die heißt Gold-Zertifikation, wird sonst nicht mehr 25 Gemengen schon mit über 75%, erzählt hier auch relativ vieles. Madame Bürgermeister van der Lab gehe ich auch noch vielleicht Position beziehen zu der Motion von die Grünen, weil ich weiß nicht, ob wir von all dem, was wir schon umgesetzt haben oder am Gange sind zu machen, aber die Grünen proposieren, dass man da vielleicht die auch heute direkt könnten, zur Aufstimmung stellen, wann da geht, da gebe ich nach der Purwort zu und als Erklärungen. Die fordert ein neuer Pack von Mesuren, die sind wir am Gange sowieso drin zu schaffen. Wir schaffen einen Plan Klima, was das dort auch zum größten Teil beinhaltet. Da ist sowieso das Klimateam auch immer mit dran investiert. Zweitens will ich sagen, die hat dran geschrieben, dass wir sollen als Stadt Lützeburg als ein eigenen Bautenreglement aber schon en attendant machen. Du willst ich auch noch antworten, dass der Minister sich engagiert hat, für im Sommer oder Anfang Kirsch mit der neuen Proposition rauszukommen. Da wäre es wirklich nicht ganz konstruktiv. An mir geben einen anderen Dingens, also einen anderen Bebauungsplan oder ein Baureglement modifizieren. Wir wollen aber, und das kann ich auch so, wir haben all die guten Ideen, die wir hier schon hatten, und wo Madame Polfra nicht angefangen hat, um am Service umzusetzen, haben wir alle guten, natürlich die nationalen Instanzen mit auf den Weg gehen. Und dann gehen wir davon aus, dass sie auch so konstruktiv sind, dass die Idee mit abbauen. Wir haben auch geantwortet, dass auf alle WDLs, also auf alle Gebäude von der Stadt Lützeburg, wo möglich als PV 4 gesehen ist. Wir haben eine Überschaffung von den Subsidien annonciert, und ist auch schon präsentiert. Das heißt, ein ganz Rutsch von Ihren Inviten sind eigentlich sowieso schon an der Mer, also sind sowieso schon in der Weg für gemacht zu gehen. Wir haben auch an die Hütte Remeinke gesagt, ob wir als Stadt Lützeburg bereit wären, um ein Projekt wie zusammen renovieren zu Däferding zu überholen. Da haben wir gesagt, dass wir auf die Klimaagenz immer Remeinke zurückkommen, für das sie sollen hier Konklusionen geben, weil wir wissen, aus dem, was sie sagen, dass du ein Rutsch Vordeler sind, wir haben auch ein Rutsch Nachteile, und dass wir eben nicht wollen, da hineingehen und ähnliche Probleme machen. Wir wollen aus diesen Sachen lernen, und dann kann ich gucken, was wir damit machen können. Auch das hat schon mitgedeelt gekriegt. Und wie gesagt, wir wollen natürlich auch in der Planung von der Ressource Chaleur schaffen, am Kader von der kommunalen Wärmeplanung. Aber dafür braucht man natürlich das Gesetz, und da schaffen wir mit den nationalen Instanzen sowieso zusammen. Also, sobald wir da einen Kader kriegen, werden wir das umsetzen. So dass ich aufgrund von all dem heute an der Fried, der für mit all diese Leute zusammen schaffen, eine nachhaltige Gemeng aufzubauen und weiterzubringen, ich einfach dem Gemengerot proposieren, haut direkte Wort über die Motion zu holen. Und ich gebe proposieren, auf wie von dem Fett, dass wir die Gruppen in den Sachen so schon am Gange sind, zu machen, dass wir die geben auflehnen. Vielmals merci. Ich sage Maurice Bauer auch ein ganz großen Merci für den Engagement. Nee, Laura ist fertig. Nee. Nee, lass mich ja, wann ich gelieft, aber mit 3 wieder so, ne? Okay. Merci. Also ich wollte Maurice Bauer wirklich ein ganz großes Merci sagen, nicht nur für das, was er als Haut an aller Deutlichkeit, an Gründlichkeit gesagt hat, sondern für wirklich sein Engagement, für alles das, was wir an dem Rapport gelesen haben. Und dass wir dafür nicht bang, dass wir all der versichern, das Staat nach mir schön und nach mir lebenswert, all zusammen. Ich meine, das macht das Allerwichtigste. Alle Services sind hier mit angespannt. Und vom Éclairage public, über das Service d'hygiène, über die Mobilität, über die Parken, über die Forêt, alles Bâtiment, besonders den Architekt, besonders alle Guren sind sie hier, haben sie hier mitgeschafft. Alle Guren haben sie hier mitgeschafft, für dass wir ein globales Bild geben von dem, was das Staat wirklich möchte. All das, ja, effektiv all das, für das Leben von unseren Einwohnern noch mehr lebenswert zu machen.
Und dafür, wie gesagt, sind ich froh, dass wir den Rapport haben, und da werden wir ja geschwind auch die von den nächsten Jahren kriegen. Wollt ihr zu der Motion Stellung halten? Herr Weidig? Ja. Herr Wagner? Mhm. Ja. Merci für das Wort, Madame Burgermeister. Ich entschuldige mich, ich hatte gemeint, du wolltest direkt zur Motion schwätzen. Das können Sie, ne? Ja. War aber nicht. Genau. Ja, also wir werden das Motion von den Geringen nicht mitstimmen. Es gibt ein paar Sachen. Erstens zeigt es komplett mal ignoriert, dass halt die Nuklear Energie total halt auf Seite gelöst an die ganze Politik, die hat wirklich großen ökonomischen Schritt gemacht. Und auch für die Leute mit den Energiepreisen, die hat auch den CO2-Ausstoß auch dadurch mehr hoch gehen und noch geopolitisch viel mehr erpressbar. Ich hatte das auch schon Pedro gesagt, aber schon nach so ein steht drauf, wie wenn Tost de Prix provoziert gewähr von der oder gemerkt von der Tag von Amerika an Israel geht in Iran hätte das nicht der Fall. Amerika an Iran und kein Schöpfer attackiert, das war in Iran, den das gemacht hat. An Iran hat doch all die anderen. Herr Weid, ich komme bleiben bei der. Ja, das steht ja den Theorie steht ja dran. Und das stimmt einfach, nicht hat Iran nicht quasi all die Notbeschländer umgegraben, den Steck und so gegraben. Und zum Beispiel auch der Katar, die halt LNG-Gas produzieren. Also ich kann nur nicht stoßen. Das hat sich ausgesagt, wie wann hat Amerika oder Israel das gemacht hat. Das stimmt nicht. In Iran, noch nicht in Iran, sondern halt ein Terrorregime von den Mullahn. Die war 40 Jahre lang hat Iraner unterdrückt und die haben all die Notbeschleuniger attackiert und noch Schiffer und noch die Gasinfrastrukturen und dafür aus der Preis hauptsächlich auch mir ausgegangen. Dafür stimmen wir dagegen. Merci. Merci, Herr Werner. Ja, merci, Madame Präsidentin. Burgermeister. Da erinnert mich den Herr Weidisch hat an der Chambre gesagt, tatsächlich an Giderin hat auf den Plafond geguckt, weil da war schon ein bisschen ein Stück Krypto-Geopolitik aus. Aber für was nicht, vielleicht sind wir an einem anderen Multiversum. Und, bon, voilà. Aber die sieht ganz allein an dem Englisch, Herr Weidisch. Aber davon aufgesehen, nee, wir werden das Motion mit unterstützen, weil die Bergjarderweise für dagegen zu gehen, dass es zu Energieengpass kommt, dass das energetische Souveränität und energetische Souveränität basiert auf nicht fossile Energien und noch auf nicht Atomenergie, die man die auch problematisch ist und die auch teuer ist und die dem Steuerzahler geht ja auch vieles kostet. Weil wenn es auch nicht am Anfang subventioniert wie vom Staat wäre, doch hat man auch keine Atomenergie. Das ist das heute, die könnt der Chefrat sagen, das Superfetatoire. Das Superfetatoire das kann enorm unterstützen. Und wir meinen, dass der Plan für die Reduzierung von CO2 richtig ist. Und das geht eben auch an dem, wenn ihr seht, von Spuren hier doch energetisch sanieren. Eben das ist die beste Weg, für eben unabhängig zu sein von internationalen Fluktuationen. Merci. Ich soll dich auch vielmals merci und ich ging mal die Motion zum Wort stellen. Wen hast du dafür? Also, 1, 2, 3. Wen hast du gingt? Wen hast du gingt? Ja. So, dummer dass die Motion aufgelehnt, auf für heute Abend hätte man also Programm erfüllt. Ich wünsche euch 6:30 den schönsten Abend. Ne? Merci. Am nächsten Jahr am April, den 27. April.